auf Stream starten. So eine ganz Gemütlichkeit. Alter, sowas von fucking Gemütlichkeit, dass es gemütlicher gar nicht geht. Morgen ist Feiertag, die Hälfte ist sowieso irgendwo beim Saufen, weißt du was es ist. Nein, schrei mich nicht selber an, halt dein Maul, nein, wir schreiben heute gar nicht. Heute wird nicht geschrien. Na, Schluss, aus. Habe! Übrigens, der Bürger an einem... Willst du wieder? Wieder ist gut. Wieder ist gut, aber eiskalt ist. Frag mich nicht warum, aber es ist eiskalt. Zauberhaften Micker! Abend, 20 Uhr, mit einem neuen, ja, neues nicht, aber wir haben es noch nie gespielt. Into the Breach! Ein Indie-Game von den FTL-Macher, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird gut. Wird aber auch gemütlich, muss man auch sagen, aber FTL war auch gemütlich. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Leute das heute da haben. Weil, wie gesagt, jeder Zweite hockt auf irgendeinem Volksfest oder in irgendeinem Festel. Morgen ist Vatertag und der traditionell will sich am Tag davor schon zugesaufen. Damit man morgen dann nochmal saufen kann. Hab ich gehört. Da halte ich mich raus. Seit dem Weinfest ist jetzt erstmal Schluss für, weiß ich nicht, für ein paar Wochen. Und schauen wir mal. Ich bin da und sauf trotzdem. Mr. Firefighter, Mr. Samurai, wer ist der? Opa, nein, Alter, Schluss. Du sofort Schluss, Alter. Opa, meet me. Die Scheiße geht halt nicht so weiter wie am Montag. Ich warne euch, Alter. Opa, von ganzem Herzen danke. Und du weißt, was ich meine. Dankeschön. Schluss aus, pfui Teufel, Alter. So, Schluss. Merci. Jetzt grüßen wir erst einmal ganz furchtbar gemütlich in den Haufen rein, so wie wir es eigentlich immer machen sollten. Habe die Ehre an den Niki Natter, an den Herrn Schulz, an den Firehunter, an den Herrn Wintersberger, an den Herrn Klein, an den Forest Squad, da haben wir den nicht schon gerade gehabt, ich bin verwirrt. An den Firefighter, an die Sam Crow-Wife, an den Tailian, an den Kari, an den Eda, an den Speedy, an den Price, an den Elektriker, an den Gnädelwutzler, an den Herrn Sauerstoff, an den Schulgrimslayer, an den Flo, an den McCloud, an den Highlander, an den oder die Sylvie, das wissen wir nicht, an den Rainer Sauerstoff, lieber an den Rainer Sauerstoff als an den Rainer W. Oh, der sitzt übrigens in der Klapse. Also, man munkelt. Na, bitte, Leute, bitte, please. Nein, Schluss. Mike, pst, aus. Nein, 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 halt einfach nein. Liest's vor. HBDRRT Bürgerschein Elias Andai und alle, die mich kennen, Hashtag Geldgeile. Jeder kennt die. Geldgeile Mais. Geldgeile Mais. Mike, as always, schöne Grüße zurück. Merci dir. Stop it now. So, wie schauen wir aus? Wie schauen wir überhaupt aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da heute der Teufel los ist. Muss mal wieder ein Stream sein, wo nicht so unfassbar viel los ist. Haben wir's die letzten paar Wochen, die waren schon krass. Habe ich nicht können sehen. Dass man im Sommerloch, das jedes Jahr besteht und das auch ganz normal ist und nicht tragisch ist, um Gottes Willen. Mr. Beverett, halt dritt! Merci wieder entwickelt. Pussy aufs Nuss, Schluss aus jetzt! Sonst kriegt einen Schlaganfall darin. Und wo war ich jetzt? Habt ihr wieder durcheinander? Okay, Herr Duplo, ich war nicht ich. Leon, pst, Schluss, aus. Leon, merci, ihr Neumarker Geld schmeißt. Ja, Schluss, ich war nicht ich, Alter, hau ab. Der Herr Abak, Birkjahre! Und dann Pro-Gamer, hau die Ehre, wenigstens einer hat's erkannt. Wer ist das wieder? Ja, beim ersten Mal nervt's mich noch nicht. Ich glaube, der Herr Töni, aber ich bin schon wieder rot gesagt, ich weiß warum. Mr. Töni, welcome to the fucking squad. Merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe die Ehre. Mortal. Wer nicht mitmacht, rote Rakete, Paar wie ein Arsch, weißt du Bescheid, Alter. Der Österreicher schon wieder habe tritt zurück. Merci, Alter. 50 Monate, du gottverdammter Irre, Alter. Was ist mit euch? Jetzt eskaliert das wieder. Ich trinke dabei. Komm mal, wir nennen das Resub oder Retrigger oder was weiß ich, wie wir es nennen. Commander Vollrausch, Österreicher, Martin, welcome to the squad, im stabilsten Squad der Welt. Rainer Sauerstoff ist, warum? Weiß ich nicht, gibt's halt keine Beträge unter zweistellig? Was ist halt, was ist der Wohlstand Ausbruch? Einfach nein. Einfach, nein, was einfach, wie, hä? Nein, oh ja. Florian, wer auch sonst, Alter. Lass mich raten, aus Österreich, steht's dabei oder nicht? Habe ich Ihre Bürger, heute habe ich wieder Zeit zum Zuschauen, am Montag habe ich schlafen müssen. Das ist, da hast du ja am Montag... Bürger, heute habe auch wieder Zeit zum Zuschauen, am Montag habe schlafen miassen. Ich versteh's nicht. Flo, merci, Rainer, merci für deinen Zehner. Merci einfach. Just mercy, Alter. Wie es der Domi zu sagen pflegt. Marci23, merci für den Zwickel. Noch bis 22 Uhr in der Arbeit. Geilen Stream. Also bis um 10 Uhr auf die Nacht arbeiten ist wirklich asozial. Sag ich dir wirklich, du musst jetzt einfach einmal zu deinem Chef hingehen und sagen, du, der Bergdoktor, der hat mir mal eine Krankmeldung ausgedroschen. Ich muss um 20 Uhr heim, Alter. Das hilft einfach nichts, Alter.
Der Florian Huber schreibt, aus Falkenberg, du Schwammerl. Also nicht aus Österreich. Das ist neu. Also ich hab nicht gewusst, dass es in Deutschland Florians gibt. Ich sag das, wie es ist. Leute, Dankeschön. Schluss bitte. Bitte zusammenreißen, bitte. Bitte zusammenreißen, Dankeschön. So, lest man mal in den normalen Chat ein. Da kommen wir normalerweise gar nicht dazu. Sophia schreibt, was spielt man heute? I proudly present to you Into the Breach. Wie immer. Oberste Regel bei sich eine Indie-Spiele, ja? Independent-Spiele, unabhängige Spiele, nix AAA-Games, nix GTA 5, nix Assassin's Creed, Call of Duty, Bullshit, bla. Ist nicht von der Grafik abschrecken lassen, ein sehr geniales Spielprinzip, genauso wie Faster Than Light übrigens, was wir letzten Mittwoch und vorletzten Mittwoch, ich weiß ja wurscht wann, das wir die letzten 2 Mal gespielt haben am Mittwoch. I see Libelle, I like. Das ist leider keine Libelle, es ist ein Webs. Ich glaube, heißt wirklich Wespe. Ist ein kleines Strategiespiel, hat ähnliche Züge wie Faster Than Light, so wie man levelt Meat und so. Es ist einfach scheiße zu erklären, genauso wie bei Faster Than Light. Wenn mir irgendjemand fragt, was ist Faster Than Light, dann kann ich dir nicht erklären, was das ist. Das muss ich dir zwingen. Und genauso machen wir es mit Into the Breach. Ich kann nicht auch nicht erklären. Also, du sagst jetzt so ein kleines Spielfeldchen und es ist ein kleines Strategiespiel. Da werde ich mir wieder anstellen, dumm wie Scheiße. Ich weiß es da sitzt der Backseat-Gamer selbst, sitzt wieder daheim und denkt sich, Alter, Bier, du bist komplett behindert. Was machst du denn? Machst du das so und so? Alter, ist mir scheißegal. Ja, ich werde nur gescheit daherschmerzen und los geht's. So schaut die ganze Sache eigentlich. Sag mal, Birger, hast du zugenommen? Bist du vollkommen besoffen? Du bist der Erste seit Monaten, der normalerweise, weißt du, hast du abgenommen oder was? Weiß ich nicht. Schneide mal meinen Board ab, weißt du, der Bier hast du 10 Kilo abgenommen. Lass ihn wieder 2 Wochen wachsen, hast du zugenommen. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe tatsächlich abgenommen. Aber heute wahrscheinlich da herunten. Ja, am Ganzen, nicht ganz unten, da nimmt der Monat ab. Das muss man wissen. Hast du, merci dir! Der Birgerson, Bäre hasst der Sonn. Merci dir. Das sind die grauen Haare, stimmt. Die haben ja heute auch besonders grau. Ich kann doch nicht sagen, was ich da tue, ich tue es einfach. Herr Price, das hast du richtig erkannt. Ja? Als hätte ich da einen Plan, oder bist du besoffen. So, jetzt ist es 7 nach 8, ich werde mich heute genauestens an unsere 10-Minuten-Regel halten, ja? Damit er Ruhe ist. Gehst nachher noch aufs Volksfest nach Emskirchen. Da muss ich, ausnahmsweise wenn ich nur eine Person erreiche, die sich da irgendwie damit beschäftigt, ich werde jetzt nicht genau erläutern, was das zu bedeuten hat, ich weiß sehr genau, was es zu bedeuten hat, bitte geht's da nicht hin. Vergunst den Leute in diesem kleinen Minidorf ein hart 8 Jahre lang verdientes Festel, please. Und wenn, dann feiert's mit denen, führt euch nicht auf. Einfach nein. Einfach nicht hinfahren. Einfach nicht. Ja? Die sollen halt das Festel ihres Lebens feiern und der Fettsack soll in der Klapse hocken und soll meinen, er ist weiterhin unbesiegt. Mit einem I, nicht mit IE, ganz wichtig. Und alles andere ist egal. Und mehr werden wir uns da schon gar nicht drüber unterhalten. Okay? So, ich bin trotzdem gespannt, was rauskommt. Oder? Die Autoren drehen am Rad, Digga. Webs, Arschloch mit Flügel. Herr Neobitter, hast du absolut recht. Birger, der Backseat-Gamer. Vogel! Luis, ich bin ja nicht der Backseat-Gamer. Was? Lebenshilfe? Also, da lassen sie nicht rein, oder? Da sage ich, da ist einer der Veranstaltungsdümmste da drin. Das ist lecker. Voll. Das ist eigentlich ein sehr schöner Chatbeitrag in der Nitro King. Geht's nachher noch aufs Volksfest nach Emskirchen. Das ist ein schöner Beitrag, aber bitte, please, wenn ich noch eine Person nicht, einfach nicht, bitte nicht. Oder? Machen die wirklich ein Fest, weil er weg ist? Ja. Ja. Kann ich so sagen? Ja. Machen Sie. Mike Link, Spendenaufruf, Bürger kommt in den normalen Chat. Ja, Schluss, nein, das fangen wir gar nicht erst an. Weißt du, was ich jetzt tue? Ich mache jetzt Donation Sounds aus. So schaut's aus, bevor es eskaliert. Ha! Bürger 1, Chat 0. So. Servus Birgi, schreibt der Herr Rotten. Sag ich, Servus Herr Rotti. So. Also in Weilheim ist morgen auch Volksfest. Wir immer kleiner. Ich gehe da schon lange nicht mehr hin. Also das Volksfest wird immer kleiner. Ich sag das auch ganz ehrlich, ich kriege ja doch in den letzten paar Wochen immer wieder mal die Frage im Chat und ich überlese es ganz gekonnt. Trifft man die, und auch in die Kommentare und so, trifft man die im Geiborn-Volksfest? Hey, Alter, hast du eine Vorstellung, was nach 2 Jahren Veranstaltungslosigkeit und Corona im fucking Geiborn-Volksfest los sein wird? Brudi, lieber erschieß ich mich selbst. Erst die linke Kniescheibe, dann die rechte Kniescheibe, dann schieße ich mir jeden Zeher einzeln weg, dann hacke ich mir die Finger ab, wie ich mich dann danach da schieße, weiß ich nicht, aber dann springe ich einfach irgendwo vor dem Hochhaus. Nein, niemand wird mich im Geiborn-Volksfest finden. Fucking niemals.
10-Minuten-Regel. Niki Natter, du hast recht, das ist 10 noch. Leute, wir machen dazu, wir starten das Spiel, so schaut's aus. Ich werde sowieso wieder unfassbar viel labern, aber bei absoluter Ahnungslosigkeit weiß das was ist. So, jetzt starten wir. Starten wir das Spiel und dann kann es schon losgehen. So, wie Sie sehen Sie wie immer nichts, weil die Umschaltung aber nicht funktioniert aufs erste Mal. Ich hab's doch gesagt, da ist! Yeah! Schaut, wer hat Bock auf Mechs? Kennt jemand Pacific Rim? Und, ich glaube, ja, oder kann man es mit Evangelion eigentlich schon. Also im Grunde geht es darum, irgendwelche Viecher greifen die Welt an. Und wenn man das in Pacific Rim kennt, sind das voll die Riesenviecher. Und wenn man es in Evangelion kennt, sind das voll die Riesenviecher. Und die Menschheit hat die super tolle Idee, hoppala, Mechs zum Bauen und da setzt man sie ein und dann kommt... Na. Stop it! Der war nein. Den hast du nicht kommen sehen, sagst du, was ist? Leon. Ich hoffe so sehr, du weißt, was du tust, Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Ist das okay? So. Kann ich jetzt bitte spielen? Ich mag mir doch einfach bloß hersitzen und Computer spielen, Alter. Dankeschön. Bussi aufs Nussi. 5000-fach. Aber bitte. Please. Okay? So. Mobile Suit Gundam. Weiß ich, ist das ein Spiel oder ist das ein Anime oder kenne ich nicht. So, ich bin eigentlich nicht so der Fan von diesen Gundam-Zeug. Ja, ich liebe zum Beispiel, was heißt Liebe, ist auch zwei gesagt. Ich hab's gefeiert, wie es damals gekommen ist und das hat mich so ein bisschen in die Anime-Schiene gebracht. Das ist Vision of Escaflown, kennt das irgendjemand? Da ist es auch so, da haben sie auch in so Anzügen. Na, jetzt... Ich möchte nur sagen, ich hab's nicht angefangen. Nein, bitte, bitte. Opa Merci, von ganzem Herzen Dankeschön. Bitte Herz, nein, nein. Das fängt halt nicht, nein. Nein. Bitte. Bitte nicht, weil gleich immer nur labern. Laber, blabbeldi, blub. Ich möchte das nicht. Opa Leon Bussi, an den Rest natürlich auch. Schluss jetzt. So. Ich flippe aus mit euch. Das ist schon wieder eine genauso geile Musik wie bei FTL. Luis, da hast du absolut recht, der Soundtrack hat auf alle Fälle sofort einmal angemerkt. Ich finde auch trotzdem, dass das so eine Pixelgrafik ist, das sehen wir jetzt dann gleich, wenn wir spielen, dass trotz dieser Pixelgrafik das sehr modern wirkt. Ja, das ist auch von den FTL-Macher, das ist ja ein zweites Spiel und das Spielprinzip ist also ein bisschen ähnlich. Ja? Also du wirst gezwungen, vorwärts zum Spielen, ansonsten stirbst und so weiter. Wie das genau ausschaut, das schauen wir uns jetzt einfach an, weil ich es sowieso nicht erklären kann. Aber grundlegend, wir haben ja quasi riesen Mechs und haben auf so einem Streit... Ich warne euch, Alter. Elena, danke dir. Dere Birger, bin seit fast 4 Jahren stille Zuschauerin, jetzt habe ich mir gedacht, ist mal Zeit für eine kleine Dono. Ich weiß nicht, wie es da drauf kommst, Elena, es freut mich auf die nächsten 4 Jahre. Und in 4 Jahren, was ist denn dann überhaupt? 2026, dann wieder, okay? Aber vorher nicht. Schluss. Danke dir. So, neues Spiel, so schaut's aus. Ich habe offstream nicht recht viel gespielt. Sag ich dir ganz ehrlich, ich habe eine Insel oder so gemacht. Was das bedeutet, sehen wir gleich. Wir fangen wieder von vorne an. Ich habe noch nicht recht viel freigeschaltet. Wir spielen ganz fucking simple. So, wir spielen auf leicht. Wir spielen mit den Äonauten. Was zur Hölle hat das zu bedeuten, Äonauten? Das sind unsere 3 Mechs. Du hast 3 Mechs und nicht einen einzigen. Die haben alle verschiedene Fähigkeiten und so weiter und so fort. Wir haben da einen Kampfmech und gehst da so drüber und dann wird da angezeigt, was der kann da hinten, was die Attacke macht. Die macht Schaden, die schubst das Viech nach hinten und was das alles zu bedeuten hat für die Spielmechanik an sich, sehen wir gleich. Dann haben wir einen Kanonenmech. Waffenklasse Sturm feuert ein durchschlagskräftiges Projektil, das seinem Ziel Schaden zufügt und es verschiebt. Sagt man auch wieder unten schön dargestellt, was das genau tut. Und dann haben wir noch einen Artillerie-Mech. Mächtiger Artillerieangriff, der auf einem einzelnen Feld Schaden verursacht und Einheiten auf benachbarten Feldern verschiebt. Sagt man auch wieder dargestellt, wie das genau funktioniert. Und das sind einmal am Anfang die Standardfertigkeiten, die deine 3 Mechs kennen. Du kannst die bewegen und so weiter und so fort. Und du hast einen Zeitreisenden.
soweit ich das verstanden habe, storytechnisch, wirst du in der Zeit irgendwie zurückgeschickt zu dem Angriff dieser komischen Viecher, die da halt kommen. Und dann musst du eine Stadt und Gebäude verteidigen und so weiter und so fort. Aber das kann man wieder nicht gescheit erklären. Egal. Du kannst im Laufe der Zeit, schaltest du so... Wie regelt man jetzt das? Leute, ohne Scheiß, wie regelt man jetzt das? Soll ich es einfach wegignorieren oder ich weiß nicht? So weit wird es noch kommen, dass ich sicher nicht Sachen wegignoriere, Alter. Aber bitte, Opa, Leon, nein. Hansi, das ist eine humane Donation. Was zuckst du bei jeder Dono? Was zuckst du so? Spalte den Schädel! So. Dankeschön. Leon, danke. Please, stop it. Get some help. Okay? Dankeschön. Schluss jetzt. So. Silenzen. Wir alle haben die halt gern. Eva, man muss es aber nicht übertreiben. Anton, einfach die Donos ignorieren von die Wilden und am Schluss danken. Das ist eigentlich auch eine Option. Halt dein Fotzen und spül. Sehr Waschbär. Dann sitzen wir jetzt extra noch 2 Minuten her. Bloß damit du warten musst. Und alle anderen sollen wissen, du bist schuld. So, man kann sie mit den Münzen, die man sich erspült, an der Nähe Mechs freischalten, die dann andere Fähigkeiten haben. Das heißt, der Wiederspielwert in diesem Ding ist halt massiv. Im Grunde ist wie bei FTL immer das gleiche Spiel, aber halt jede Runde irgendwie anders. So, und jetzt ist Schluss. Jetzt drücken wir da auf Starten und schauen wir, was passiert. So! Wir werden diese Zeitachse halten, was auch immer geschieht. So, dann schaut es folgendermaßen aus. Du hast verschiedene Inseln. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob beim allerersten Spiel gleich alle Inseln verfügbar sind oder nur die Inseln, auf denen du warst, aber insgesamt gibt es 4 verschiedene. So, wir fangen mal ganz links oben an. Da haben wir die Archive Inc. Diese Museumsinsel zeigt die alte Welt, wie sie war, bevor die Meere anstiegen und beinahe die gesamte Menschheit, ja genau, auslöschten. Matrix, merci dir, dann kriegst du auch gleich von mir auch noch einen Flins, wenn's so ich. Okay. Matrix, merci dir. Schluss aus, pfui Teufel jetzt. Merci dir. Der Opa schreibt, dir ist schon klar, dass wenn du uns den Schädel spaltest, dass wir 2 Schädel mehr haben, die da... Das ist eigentlich nur Stonks, Alter. So, Schluss. Wir haben unsere 3 Mechs dabei mit den typischen Fähigkeiten. Jetzt gehen wir mal auf diese erste Insel und dann schaut es folgendermaßen aus. Archive Inc. Zentrale. Sie sind gerade noch rechtzeitig erschienen. Die Weg, das sind übrigens die Besenviecher, überrennen unser Inselarchiv. Die Relikte der alten Welt sind noch immer einsatzbereit. Sie könnten uns im Kampf helfen. Weiter. Was man das jetzt genau sagt, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist ja total wurscht eigentlich, total belanglos. Aber ein bisschen eine Story muss ja in jedem Spiel. Steff, merci für deinen Fünfer. Wer zuckt, die wichst. Das verstehe ich nicht, Steff. Das kann ich leider nicht lesen. Aber merci. Spieß! Hab ich Geld? Nein, oder gerade Leute, die Spieß heißen. Schleich die bloß. Merci für den 10er Schluss jetzt. So, jetzt ist die Frage, wo man mir keine Weg entdeckt. Okay, also, die Insel schaut folgendermaßen aus. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die Insel jedes Mal anders aufgebaut ist. So oft habe ich noch nicht, ich habe es schon so oft gespielt, aber das ist so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. Und dann kannst du aussuchen, musst eine Mission auswählen. In der Mission, wenn du die schaffst, gibt es Belohnungen in Form von den Sterne oder von diesen Blitzen. Ja, nennen wir es Energienetz. Das ist da herum, das ist im Prinzip dein Leben. Und dein Leben hat zivile Gebäude auf den kleinen Karten. Wenn die Schaden kriegen, wird dir da oben so ein Blitz abgezogen und wenn der halt bei 0 ist, hast du das verloren. Dann gibt es noch zum Einsammeln diese Konzernreputation. Sobald eine Insel gesichert ist, kannst du Reputationspunkte einsetzen, um Nachschub zu kaufen. Das heißt, du kannst deine Mechs leveln. Die kriegen dann bessere Fähigkeiten, können sich mehr bewegen, haben andere Fähigkeiten, Passivfähigkeiten und lauter so einen Scheiß. Und dann gibt es so diese Reaktorkerne, die kommen... In der ersten Insel gibt es sicher noch gar nicht. Okay, das ist interessant. Aber die kann man sich dann kaufen. Und mit den Reaktorkernen ist ähnlich wie in Faster Than Light, wird dein Mech stärker, hat mehr Energie zur Verfügung und dann kannst du die Energie in, was weiß ich, in Bewegung eintun oder was. Da kommen wir später dazu. So, wir haben als Schutztal
und zentrale Museen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil ich es eben nicht so viel kurz vorher offstream gespielt habe wie Faster Than Light, was jetzt dort die wichtigere Ressource ist. Die Blitzdinger oder eben die Sterne. Ich werde jetzt einmal die Sterne sagen, weil die im Prinzip nichts anderes sind wie der Schrott in Faster Than Light. Und das sind im Prinzip Bonusziele auf der Karten, die du nur kriegst, wenn du bestimmte Dinge erfüllst. Haben wir jetzt das Schutztal Wegbedrohung entdeckt. Bonusziele für den ersten Stern: zerstöre den Damm. Das sehen wir dann nicht bei deiner alten, sondern sehen wir dann auf der Ingame-Map. Und das zweite ist, beende den Kampf mit weniger als 4 Mech-Schaden. Und das musst du halt schaffen, dann kriegst du diese extra Sterne dazu. Und das ist wichtig, ja? Die sie durch die ganzen Inseln, die du alle befreien musst, zirkt, damit du am Schluss stark genug bist, um die letzte Insel überhaupt schaffen zu können. So, Schutztal, gehen wir drauf. Mit dem Damm der alten Welt wurde Energie erzeugt, doch jetzt wird er kaum noch genutzt. Wenn wir ihn zerstören, holt sich der Fluss das Land zurück und hält die weg auf. Sechster kleine Vorschau von der Karten. Ja. Die Spielfelder schauen immer, also sind immer gleich groß, aber schauen immer anders aus. Ja, da sind Objekte drauf und Wasser hat andere Regeln und lauter so ein Scheiß. Mission starten, schauen wir es uns einfach mal an. Und schon sind wir drin. Bam. So. Wie ist denn der Ton? Muss ich leiser machen? Der Ring, ich bin mir nicht sicher. How is der Ton? Odin! Was habe ich verpasst? Bin gerade vom Reha-Sport, Alter. Hast du nicht viel versandt, ich habe wieder nur gelabert, Alter. Das Wölfchen schreibt, ist okay. Ja. Sehr Annex-verdächtig. Nein. Hat mit Annex eigentlich nichts zu tun. Wenn man, ist ganz was anderes, aber das sagst du jetzt gleich. So, anfangen tut so. Du sagst die Map, das sind unsere Gegner, und dann kannst du deine Mechs auf der gelben Zone platzieren, wo du das halt hier haben willst. Wichtig sind diese zivilen Gebäude da. Ja, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe, sagt man schon, da haben zwar so Blitz dran, und die Vex werden eher versuchen, diese Gebäude kaputt zu machen, als unsere Mechs. Und das gilt es zu verhindern. Ja? Mit unseren Fähigkeiten, Viecher verschieben und so, sehen wir gleich. Ich platziere jetzt mal unseren Nahkampfmech vorn in der Linie. Dann das ist mehr so, der kann einfach eine gerade Linie schießen. Den platzieren wir da und unsere Artillerie platzieren wir da hinten. Und dann schaut es auch schon gut aus. Aufstellung abgeschlossen, Angriffsfolge, Sieg in 5 Runden und da herum an unsere Passivziele. Wir müssen den Damm da irgendwie kaputt machen. Wie wir das machen, das werden wir herausfinden. We will see. Bestätigen. Und dann bam, bam, bam. Missionsstart. Dann glaube ich, zirkt als erster. Ja, genau. Einfach mal laufen lassen und schauen, was passiert. So. Die Vex haben gezogen. Jetzt bin ich an der Reihe. Was ist jetzt da alles passiert? Um Gottes Willen. Die Gegnerviecher haben natürlich auch verschiedene Fähigkeiten. Ne? Dieser komische Skorpion da, der hat sich jetzt zu mir her da und hält mich fest. Das heißt, mein Nahkampfmech kann sich nicht bewegen, aber meines Wissens kann ich meine Attacke ausführen. Das heißt, anwählen Ralph, dann haben wir da herum. Scheiße, das sagt sie jetzt wieder nicht. Gell? Da muss ich mich anders positionieren. Warte mal. Das ist schlecht. Wenn wir so mal. Ja, haben wir wieder Spiegelverkehr. Ich glaube, rechts unten haben nicht recht viel Informationen. Falls da was auftaucht, tue ich mich wieder weg. So, Ton muss aufhören. Der Soundtrack ist geil, gell? Mal zuhören. Richtig guter Soundtrack. Hat was. So. Was der wir jetzt? Wir haben da hier unten eine Fähigkeit, also momentan kommen wir noch nicht viel da, das wird später anders. Was passiert? Wir prügeln mal auf das Viech ein, das macht 2 Schaden. Wie viele Lebenspunkte hat das Viech? 3. Das heißt, das lebt noch. Und wir schirmen es nach hinten. Das ist darum ganz nett zum Wissen, weil damit verschiebt sie auch seine Attacke. Du sagst, da so ein rotes Fädel, das heißt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Skorpion da drauf schießt oder ob es das Viech da hinten ist. Das Viech ist im Prinzip Gegnerartillerie, das schießt da auf mich. Ich hau das Viech jetzt dem einfach jetzt einmal eine aufs Maul. Dann verliere ich, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Und seine rote Attacke geht ins Leere. Ja? Der haut quasi einmal nach vorn. Das ändert sich ja nicht. Der wird hundertprozentig in diese Richtung prügeln, wenn er wieder an der Reihe ist. Ja? Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich sag das, wie es ist. So, jetzt haben wir immer noch das Problem, dass das zweite Viech
auf mein Mech schießt und ich glaube, ich komme mit meinem Mech nicht mehr bewegen. Wenn ich meine Attacke ausgeführt habe, kann ich mich nicht mehr bewegen. Aber ich kann mich bewegen, mit den anderen natürlich. Und jetzt ist die Frage, was wir da anstellen damit. Das lösen wir ganz furchtbar einfach. Und zwar, wir haben da hinten unsere Artillerie. Die kann genauso über die anderen Viecher drüber schießen, wie bei allem, wie das eine Viech da unten auch. Nehmen wir die Fähigkeiten und gehe ich da her und es wird so schön vorher angezeigt, was alles passiert, wenn ich da jetzt hinschieße. Und zwar, einmal kriegt das Viech, der Skorpion kriegt einen Schaden, damit stirbt er. Dann ist er weg, dann ist es uninteressant, was mit dem passiert. Und gleichzeitig verschirmen wir diesen komischen Käfer da eins nach hinten. Damit verrutscht seine Attacke ebenfalls eins nach hinten und trifft uns nicht mehr. Okay? So. Ist das einigermaßen nachvollziehbar? Ich weiß nicht. Und dann soll jetzt ja eigentlich ganz schnell erschließen, es ist jetzt die erste Mission, ja. Was das Spiel schaut ziemlich simpel aus, hat aber eine taktische Tiefe, was sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. So, das probieren wir jetzt einfach einmal. Schießen wir wieder drauf und schauen wir, was passiert. Gesehen, was passiert ist? Schön. Es ist das Mistviech da hinten. Aber jetzt haben wir einen Kack gemacht. Und zwar, was bedeutet das da? Das ist ein Auftauchfeld. Ich lese vor, das steht jetzt da hinter mir, das ist aber nicht so wichtig. In der nächsten Runde taucht hier ein Weg auf. Jede Einheit, die dieses Feld blockiert, erleidet einen Schaden. Das heißt, eigentlich hätte man den Skorpion da drauf stehen lassen müssen, dann hätte er von dem Viech, das da rauskommt, einen Schaden gekriegt, war dadurch gestorben und das Viech, das da jetzt in der nächsten Runde rauskommt, und dann sind nämlich 3 Viecher auf dem Feld, war nicht rausgekommen. Ich glaube, es ist verständlich. So, jetzt ist die Frage, wir können natürlich auch Folgendes tun. Entweder wir bewegen uns jetzt mit unserem Panzer auf dieses Feld da auf und blockieren wir das Viech, das da rauskommt, dann kriegen wir einen Schaden, das ist nicht schlimm, aber unser Passiv sagt, wir dürfen nicht mehr Schaden wie 4 Mech-Schaden kriegen. Was tun wir jetzt? Schießt man auf den Damm, den wir zerstören müssen, oder, ich weiß es auch nicht, ich darf jetzt auf den Damm schießen und einfach damit dann rechnen, dass wir 3 Viecher da haben. Ja, wir haben 3 Mechs, wir können mit 3 Viecher umgehen. Nächste Runde wird dann schwierig. So, wir nehmen jetzt das Viech, bam, und schießen wir auf den verdammten Damm. Der hat sowieso 2 Lebenspunkte, der geht ja sowieso nicht kaputt. So, damit sind alle Aktionen durch und jetzt geht's weiter. Runde beenden. Schauen wir, was passiert. Der Käfer schießt auf alle Fälle. Trifft nichts. Und jetzt kommen die 2 Viecher raus. Was haben wir da? Webs und noch ein Käfer. Unangenehm. Unangenehm. Ah ja. Schauen wir, was passiert. Alles klar. So. Was ist da noch? Foxy! Oh, leck, ich hab dein Trivia am Montag vergessen, oder? Oh, fuck. Foxler, es tut mir unfassbar leid. Okay, ein Abak habe ich auch wieder übersehen. Birger, deine Geschichten über die Schule war saugeil. Was für Geschichten über die Schule? Die habe ich schon wieder vergessen. Was für Geschichte über die Schule? Weiß ich nicht mehr, was du meinst, aber es freut mich, wenn es dich amüsiert hat. Foxler, Trivia-Zeit! Ein paar der berühmtesten Gundams und Mechs sind Turn A, Gundam 8, Gypsy Danger, Pacific Rim, Metal Gear Rex, Ray, Metal Gear Solid, Lagan, von Gurren Lagann, das habe ich noch nie gehört, die Evas aus Neon Genesis Evangelion, die kenne ich auch, und der Atlas, Battletech Mech Warrior. Warum kommt man Atlas so bekannt vor? Haben wir wieder was gelernt? Haben wir wieder was gelernt? Sag ich, was es ist? Foxler, as always, Bussi, Dankeschön. Wölfchen, gibst dir mal Bussi. So. Jetzt pass Obacht. Folgendes passiert. Die Webs ist ziemlich aggressiv, immer. Und geht immer auf diese zivilen Gebäude. Und versucht da einen Angriff zu starten. Jetzt haben wir 2 Optionen. Wir verschirmen das Mistviech irgendwie. Oder wir hauen es halt zusammen. Hat nur 2 Lebenspunkte, ist nicht allzu tragisch, so hätte man hinkriegen. Dann die 2 Käferidioten, haben komplett behindert, die schießen einfach bloß auf meine Artillerie da hinten. Mit der brauche ich mich bloß woanders hinstellen und schon ist es wurscht. Und da wir uns jetzt halt leichter tun, gehen wir da her und schießen wir hinten auf den Damm. Bam. Man kann übrigens nur in einer Linie schießen, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen. Also da sagt man es, wenn ich über die Fähigkeit drüber gehe. Ich muss mindestens 2 Felder weit schießen, ansonsten kann ich über die ganze Map schießen. Aber nur in geraden Linien, was dich halt dazu zwingt, wie du die bewegst. Ja, das glaube ich ist relativ logisch. So,
Das heißt, wenn wir jetzt da auf den Damm schießen, dann kriegt er einen Schaden und unseren Panzer verschiebt es da her. Wie vorher, das andere Viech hat es auch weggeschoben, schiebt es uns selber natürlich auch woanders hin. Ja, das tun wir jetzt einfach einmal. Stopp. Ja, passt schon. Dann Schuss. Bam. Oh, zerstörbare Map. Sehr schön. Diese Drecksmistkäfer können im Wasser nicht existieren und sterben dann. Das heißt, wenn wir mir die jetzt da reinschubsen, sterben sie. Oder, was gerade passiert ist, jede Map hat so kleine spezielle, wie soll ich sagen, Mechaniken. Ja, bricht halt das Wasser aus und wenn da so ein Wegviech drinsteht, stirbt es halt einfach. Nice to know. Was wir mir jetzt für einen krassen Scheiß machen können, ist folgendes. Die erste Idee, die ich hätte, ist, den Scheißdreckskäfer da herunten auf Zeiten schießen. So, dann verschiebt das Mistviech da oben und jetzt haut es in der nächsten Runde ins Leere. Ja? Und jetzt soll halt langsam klar werden, was es spielt, die Spielmechanik dahinter ist, um so gut wie es geht, jeden Schaden auf diese zivilen Gebäude vermeiden. Mit allen Möglichkeiten, die du hast. Viecher verschirmen, Viecher killen, je nachdem. So, jetzt haben wir noch was. Nächste Runde kommt da so ein Mistviech raus. Jetzt nehmen wir unseren Battle Mac, gehen wir da her, prügelt mir ja mal eine aufs Maul, dann schiebt's ihn da. Ach, der stirbt instant. Verdammt! Dann kommt wieder das Mistviech da raus. Wieso macht das so viel Schaden? Das soll nicht sterben. Ich wollte es jetzt da umschirmen, damit es das Ding blockt da. Und nächste Runde nicht nur ein Viech rauskommt. Aber gut, ist ja wurscht. Da schlagen wir es, damit er Ruhe ist. So, damit sind alle Aktionen durch. Runde beenden. Nächste Runde kommt ein Viech mehr. Kriegen wir hin. Die Lisa schreibt: Servus und einen schönen Abend zusammen, Lisa. Den wünsche ich dir ebenfalls. So, was ist da jetzt los? Spielerrunde. Okay. Mal überlegen. Was ist das da überhaupt für ein Viech? Das ist ein Sprengpsion. Sprengi! Was tust du schon wieder? Wo ist der Sprengi überhaupt? Den habe ich heute noch gar nicht gelesen. Sprengi! Wo ist der Sprengi? Ruft mal ins Sanka oder stimmt was nicht, oder? Da stimmt was nicht, wo ist der Sprengi? Doch, da ist er. Entschuldigung, habt ihr schon gesehen? Entschuldigung! So, was kann das Viech? Kann man das irgendwie rausfinden? Einheitsstatus, Sprengpsion. Bewegung 2, Fliegen. Fliegende Einheiten können sich über jedes Geländefeld hinweg bewegen. Übrigens, auch wichtig, fliegende Einheit, die kannst du nicht ins Wasser schubsen, die fliegt dann einfach weiter. Ist auch noch irgendwo logisch. So, was wir jetzt für eine ganz verrückte Scheiße machen können, ist, was können wir machen? Wir haben eigentlich alle Missionsziele erfüllt bis jetzt. Außer wir kriegen recht viel Schaden noch, das glaube ich nicht. Das erste, was wir jetzt tun, jetzt schießen wir erst einmal das Mistviech über die Zone, dass das nächste Viech da nicht rauskommt. Dann nehmen wir unseren Mech, hauen wir der scheiß Websonne aufs Maul, die stirbt sowieso, ansonsten darf sie es da oben schirmen und dann haut sie ins Leere. Und dann können wir jetzt noch, hoppala, was tun wir mit der Artillerie? Voll Wasser. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, schon. Ich kann meine Fähigkeit nicht hernehmen, weil es vorher Wasser ist. Dann müssen wir jetzt da auf das Ding aufgehen. Dann gehen wir da her. Oh, dann stirbt es. Nein, das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Wir tun einfach nichts. Wir haben es nicht nötig, irgendetwas zu tun. Runde beenden. Und dann sehen wir jetzt zum ersten Mal, was passiert, wenn da so ein Viech draufsteht. Bäm. Viech kommt nicht raus, es kommt bloß das eine Viech da raus, das kann uns nicht recht viel tun. Dem hauen wir jetzt einmal sauber eine aufs Maul. Und so kannst du halt sparen. Normalerweise warten jetzt da zwei Viecher da, hättest du halt mehrere zum Struggeln. Ja? So. Schießt mal drauf. So. Dann gehen wir da her und hauen wir nochmal drauf. Für jedes Viech übrigens, das du umbringst, steht jetzt, das killen wir jetzt einmal schnell. Da steht drüber, dass man Erfahrung kriegt. Bam, 3 XP. Fertig. Keine Viecher mehr da. Sieg in einer Runde beenden. Easy. Was bedeutet das Feuer dort, wo du hingeschossen hast? Da kann keiner mehr hin. Doch, kannst du schon, aber ich glaube, du kriegst Schaden. Zeige gleich noch, man sieht es eh noch kurz. Das Spielfeld, wie es am Schluss ausgeschaut hat, da haben so, das ist einfach, wie soll ich sagen, die Felder haben einfach normales Gelände, da passiert nichts. Das sind Berge, da kannst du, also jeder Geländekachel-Ding hat seine eigenen
festgelegten Regelungen. In die Berge kannst du nichts machen. Die kannst du kaputt schießen, das weiß ich. Und dann, glaube ich, kann man sie draufstellen. Und dieser kleine Wald, der fängt zum Brennen an, wenn ich drauf schieße. Und ich glaube, Gegner, die nicht fliegen, kriegen Schaden da drin. Und ich selbst aber auch. Kachel! Weiß ich nicht, wenn ich in die Waldkache von deiner alten Eis schießt, dann brennt's auch. Oh Gott, halt dein Maul. So, wir haben auf alle Fälle alles erledigt. Region gesichert, zerstöre den Damm, beende den Kampf mit weniger als 4 Mech-Schaden. Wir haben gar keinen Schaden gekriegt. Und Zivilisten geschützt 500. Wir haben Erfahrungspunkte gekriegt für unsere Piloten in unseren Mechs drin. Die kannst du genauso leveln und so weiter und so fort. So. Das Nivea ist schon wieder ganz weit oben. Jetzt lese ich nur schnell vor. Ihre Mechs sehen unversehrt aus. Wie gut. Also können unsere Reparaturteams stattdessen die Flüchtlingsunterkünfte verstärken. Das hört sich doch gut an. Kriegt man sogar noch was dafür, wenn man absolut flawless eine Mission abschließt. Das habe ich nicht gewusst. Weiter. Tja, Region gesichert. Und genau das passiert dann. Ja, das ist halt dein Progress im Prinzip. Und jetzt müssen wir die zweite Mission noch machen, damit sie die Karten erschließt. Und dann kannst du auswählen. Ich glaube, man kann nicht alle Missionen auf jeder Karte machen, sondern nur einen bestimmten Teil, je nachdem, wie du die halt bewegst. Also, recht viele Optionen gibt es nicht, aber ist ja wurscht. Herr Kahner schon wieder! In deiner Schulzeit, wo der Lehrer abgehört. Wie kommst du auf das? Jetzt ist das schon ewig her, wo ich diese Zeit habe. Ein Hans Maulwurf. Hube, schlecken ab, schlecken ab! Sehr schön. So, passt. Merci dir. Merci für dein Zwickel. So, Schluss jetzt. Nächste Mission. Und so speist du die durch und wirst immer stärker, ja? Nach jeder Insel. Drücken wir mal drauf. Diese Region hat ein altes Flugfeld, das Unterstützung aus der Luft bieten kann. Wir fliegen diese Flugzeuge noch nicht lang, aber das wird schon. Das beruhigt mich aber außerordentlich. Zentrale Mission, Abwehrschilde aktiviert, okay. Ich glaube, das sagt man ja, diese kleinen Schildel da über jetzt gehen wir mal rein. Was müssen wir machen? Beschütze Notfallbatterien, dann kriegen wir also ein Energienetzpunktal. Was sind diese Notfallbatterien? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, das Gebäude da. Gehen wir einfach rein, machen müssen wir es sowieso. Schauen wir mal. So, haben wir 2 Websen. Über dem Kilimanjaro, da schweben die Websen. Was? Yo. Da darf ich jetzt einfach mal vorschlagen, wir platzieren mal da und da hinten, damit wir die ganze Fläche als Bewegung haben, weil wir sowieso über die ganze Map schießen können. Was auf alle Fälle schon einmal ist, das die Batterie. Ja, das ist die Notfallbatterie, die gilt es zu beschützen. Da ist sowieso so ein Schädel rundherum. Und ich glaube, das haben wir jetzt gekriegt, weil wir in der letzten Runde nicht einen Schaden gekriegt haben. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Könnte sein. Keine Ahnung. Drück mal bestätigen, schauen wir, was die Websen Mistviecher machen und dann schauen wir weiter. Bam, 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 Missionsstart. Oh, Kapsel im Anflug, da bin ich mir nicht ganz sicher, was das ist. Die glaube ich, kann man einsammeln. Und wir haben so viel Zeit da, was ist da los? Okay. Okay. Passiert ein Haufen Scheißdreck. Wenn mich nicht alles täuscht, die gelbe Scheiße da, das ist ein Luftangriff. Der ist für uns eigentlich. Also warum jetzt die Webs da reinfliegt, das weiß ich nicht. Die ist die ist vielleicht ein bisschen verwirrt. Und sie möchte Schaden auf meinen Tank da machen. Drauf geschissen, da tun wir mir absolut gar nichts. Wir sammeln mal diese... Was? Steve? Ist da jetzt gerade Steve gestanden? Wer ist denn der Steve, Alter? Ach, das ist unser Pilot in dem Dings drin. Und dann können wir die Kapsel da einsammeln. Und es passiert einfach gar nichts mit dem Websenviech. Problem wird es bloß, wenn wir das in der Runde nicht umbringen. Daher Runden kommen in nächster Runde nochmal 2. Ja? Ist halt schlecht. Deswegen müssen wir es eigentlich zusammenhauen. Wie kriegen wir das hin? So, Runde 1, Kapsel einsammeln. Du hast auch einen Nikola. Da habe ich noch gar nicht geschaut, wie unsere Piloten heißen. So, Kapsel gesichert. Zeitkapsel erfolgreich geborgen, Commander. Beschütze die Zeitkapsel. Das ist übrigens so ein zweiter Passiv, den ich vorher gar nicht gelesen habe. Aber ich weiß gar nicht, was der bringt. Das werden wir sehen dann. So, jetzt haben wir das Problem, dass diese Webs da unten auf dieses Gebäude haut. Das müssen wir irgendwie verhindern. Und irgendwie müssen wir Schaden an den Viecher machen, weil die sterben müssen. Sonst kriegen wir ein Problem. So, könnten wir jetzt folgendermaßen machen. Ich gehe jetzt einmal da her und überleg was.
Bam. So. Wenn ich jetzt auf dieses Websenviech schieße, direkt passiert gar nichts. Eigentlich war es fast gar nicht dumm, wenn ich da auf das Gebäude schieße, das dann leider einen Schaden kriegt. Aber dann rutscht die Webs da hinterher, erstens kriegt sie einen Schaden. Ja, sie kriegt einen Schaden durch das Viech, das außer will, das aber nicht außer kann. Blödsinn. Es ist absoluter Blödsinn. Und solange ich meine Fähigkeiten nicht benutzt habe, kann ich die Bewegung rückgängig machen. Bam, bin ich wieder da hinten. Was wir aber machen können, direkt auf die Webs schießen, damit wir zumindest einen Schaden machen. Gehen wir da hinten, auf die Webs schießen, passt. Nein, passt überhaupt nicht. Passt überhaupt nicht. Wir können mit unserem, mein eigentlicher Plan war dann gewesen, mit unserem Nahkampfmech da oben gehen und die Webs einfach auf Zeiten hauen. Wir kommen aber nicht so weit. Bewegung rückgängig. Das heißt, jetzt machen wir einen Trick. Nur Pro-Gamer wissen, was ich sagen wollte. Der Nasenbohrer-Trick. Und schießt, wir müssen irgendwie die Webs verschirmen. Und das werden wir nur hinkriegen, wenn wir da daneben hinschießen. Dass wir es nach links oder rechts halt verschirmen und dann haut es daneben. Schirmen wir es nach links oder nach rechts? Ich würde fast vorschlagen, wir schirmen es nach rechts, damit wir weniger Bewegung brauchen, um da oben zu kommen. Das sagt der ich. Machen wir so. So. So, Webs schiebt sie nach rechts, haut ins Leere und mit ihm. Scheiße, da kriegen wir auch Schaden. Aber wir müssen es zusammenhauen. Wie viel Schaden macht denn der Luftangriff? Weiß man das? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Brudi, Diggi, weiß ich nicht. Weiß nicht, Diggi. Das Ding kann auch noch schießen eigentlich. Den warten wir jetzt einfach ab. Das sitzt mir aus, das schauen wir uns so. Das schauen wir uns so, weil es mich interessiert. Normalerweise da jetzt die Webs zusammendreschen, ich glaube, es macht einen Schaden. Und dann haben wir halt in den nächsten Runden 4 Viecher da. Dann wird es richtig interessant. Dann kriegen wir garantiert irgendwo Schaden. Also 100%. Schauen wir, was passiert. Schauen wir ja, was passiert. Macht 2 Schaden. Sehr gut. Die andere Webs haut daneben und jetzt kommen die anderen. Okay. Bedroht! Ich bin der Coolio. Willst du mich bedrohen? Okay, da wird es nicht recht viele Probleme damit mit dem ganzen Scheiß, um ehrlich zu sein. Wie machen wir das? Wie viele Lebenspunkte hat denn das Viech da unten? 3. So, da gehen wir jetzt mal eiskalt runter. Wegprügeln. Easy. Schießen wir gleich nochmal hinten nachher. Können wir da irgendwas da? Nein, das fliegende Viech können wir da nicht einschießen, weil es überlebt, weil es halt fliegt. Schieß drauf, kill das Viech. Bam! Und dann haben wir einen Steve! Und was man mit der... Fuck, ich kann da auch wieder nicht dahinter. Es ist so wichtig, die ersten Punkte in Bewegung zu setzen, dass deine Mechs weiter fahren können. Sonst darf ich mir jetzt nämlich da dahinter herfahren, schießt den Dreckskäfer auf die Platten da auf, dann kommt das Viech nicht, der kriegt nur einen Schaden und stirbt. Ding Fui die ist... Was? Ding Fui die ist Totenkopf. Was? Mr. Odin? Was? Verstehe nicht. Aber wir haben ja kein Passiv, dass wir keinen Schaden kriegen dürfen. Das heißt, ich selbst blockiere, dass das Drecksviech da rauskommt. Kriege ich halt einen Schaden. Ist nicht so tragisch. Werden wir schon überleben. Ja, später der Gegner seine Angriffe durch. Jetzt möchte er raus. Ich habe ihn geblockt. Und das Viech kommt dann in der nächsten Runde. Oh, schießen beide Viecher. Beide Viecher schießen wieder auf den Mech da. Das heißt, es ist keine Batterie in Gefahr, kein Zivilgebäude in Gefahr. Wenn wir es genau nehmen, können wir einfach gehen und jetzt warte mal, wie weit kommen mit dem. Das kann ich wieder nicht blockieren. Gut, fix nochmal. Außerdem kommt der Airdrop, das killt die Webs sowieso. Das heißt, wir gehen mal. Jetzt kommt der Todestrick. Artillerie. Beste Leben, Brudi. Gehen wir da her, schießen wir daher, schießen wir das Mistviech ins Wasser rein. Dann mit dem Ding
Mei, ob wir es jetzt zusammenhauen, kriegen wir da genauso viel XP. Weiß ich nicht. Da gehen wir jetzt aber einfach weg. Da gehen wir jetzt da oben. Und mit ihm blockieren wir nochmal. Ich werde einfach nochmal blockieren, weil es scheißegal ist. Diese Geschichte, Runde beenden. Gut, Roy! Was da los? So, ich bin leider müde und gehe jetzt schlafen. Ich grab morgen einen ganz... Oh, ein Garten umgraben ist schöne Arbeit. Daumen hoch, gibt von mir Empfehlung. Aber weil du so brav weiterspielst, eine kleine Belohnung meiner einer. Herr Kurti, das freut mich. Merci für deinen 5er Bussi aufs Nussi. Der Tank tankt einfach. Absolut korrekt. So, jetzt haben wir da wieder so ein scheiß Mistviech, das erste Mal wieder auf so Gebäude schießt. Drauf geschissen. Da passiert jetzt eigentlich auch nicht viel. Dem hauen wir jetzt aufs Maul. So, die Artillerie. Das Ding schießt man ins Wasser rein. Easy. Artillerie, Schuss da drauf. Alle tot. Ah, jetzt Viech, das wir killen können, bringt Erfahrung. Schaut überhaupt nicht, weg mit dem Schund. Und der Wald brennt. Easy. Runde beenden. Kann schon fertig sein. Beim Artillerie kommt, oder der Airdrop, oder wie auch immer man es nennen will. Wie was mit Blocken, Baby? Was? Wiggy, der... Oh, leck, Mr. Wiggy. Bist du der, den ich meine, Mr. Wiggy? Bist du der YOLO Max Swagger? Sagst du, was ist? Herr Andreas. Wie schaut's denn da aus? Wie was mit Blocken, Baby? Der kam unerwartet, Andi. Den hab ich nicht kommen sehen. Weiß jetzt auch nicht. Was ist da los? Der Odin schreibt, kannst du die Viecher auch von der Map runterwerfen oder ist da Ende? Gute Frage. Ich glaube, man kann es runterwerfen. Der Wiki schreibt, bin beim Scheißen, YOLO. Wer war dabei, wenn wir uns die ersten DayZ-Streams angeschaut haben? Wer war da? Hand hoch. Hand hoch. Wer war da? Wer weiß, wer der Wiki YOLO Max Swagger ist? Er ist gerade im YouTube-Chat. Press F for Respect. So. Mein Herz ist von Stolz erfüllt, wenn ich diese Flugzeuge am Himmel sehe. Wir haben den Weg gezeigt, was die Technologie der alten Welt kann. Region gesichert, beschütze Notfallbatterien, beschütze die Zeitkapsel, haben wir alles geschafft. Wir haben Zivilisten beschützt, ja, wir haben ein bisschen Schaden gekriegt. War nicht flawless, aber geschafft ist geschafft, ausgeschmerzt. Oh, das ist übrigens, wenn man die Kapsel birgt. Dann kriegt man irgendwas. Keine Ahnung, was wir kriegen, aber irgendwas kriegen wir. Kapsel geborgen. Was haben wir da gekriegt? Kapselinhalt. Was ist das da? Schildanlage. Waffenklasse Wissenschaft. Schützt Felder in der Nähe mit einem Schild. Also das heißt, du sammelst da auf dem Weg verschiedene Fähigkeiten, die du dann in deine Mechs einbauen kannst, wenn du den richtigen Typ Mech hast. Zwingt dich halt ein bisschen flawless. Wir übersetzen in flawless. Ohne, dass ich Schaden kriege. Eine Runde gewinnen, ohne dass ich Schaden kriege. Haben die Felder alle gleich groß? Ja. Die haben immer so klar, wie es da ausschauen. Das ist das Witzige daran, dass trotzdem die Taktik darunter nicht leidet. Das wird immer... Wie soll ich sagen? Es kommen halt immer mehrere Fähigkeiten dazu, die du kriegst, aber deine Gegner kriegen genauso zusätzliche Fähigkeiten, auf die du halt irgendwie reagieren musst. Das ist halt... Du musst schon ein wenig nachdenken. Ja? Also irgendwann geht das halt viel schneller. Ich laber halt jetzt viel. Aber ja... Und einen Reaktorkern. Reaktorkerne sehe ich so ein bisschen als, das ist das Wichtigste. Warum? Sehen wir später. Reaktorkerne werden dazu verwendet, deine Mechs zwischen Missionen zu verbessern. Und die sind ziemlich teuer zum Kaufen, was du da erspielen musst und so. Und ja, muss ich da jetzt was wählen oder ist das immer drin? Was tut denn eigentlich das Teil? Schützt Felder in der Nähe mit einem Schild. So heißt die Fähigkeit, kann ich zünden. Und alle Fädel um mich rundherum, die gerade sind, kriegen ein Schüttel, das einen Schaden abwehrt, was super geil ist. Kost, Anwendung pro Kampf 1, Größe 1, Anwendung plus 1 Anwendung. Okay, keine passende Mechklasse, ein Energieabzug. Naja, gut. Wahrscheinlich können wir es gar nicht benutzen. Bam. So, jetzt schaltet sie die restliche Map frei. Ja, machen müssen wir, glaube ich, sowieso alle. Chronologiehalle, Wegbedrohung entdeckt. Erleide weniger als 3 Netzschaden. Das heißt, man darf nicht mehr Schaden wie 3 kriegen. Netzschaden an die zivilen Gebäude, das darf jetzt sowieso nicht kriegen, weil 3 ist echt viel. Ja, 3 Punkte da herum verlieren ist die Hälfte, das ist nicht gut. Und beschütze das Kohlekraftwerk. Und Achtung, die passive Fähigkeit, was heißt Fähigkeit oder Mechanik auf dieser Map, an Flutwellen. Was die genau kennen, weiß ich auch nicht. Jo, dann ist die Frage, kann ich beide Map-Abschnitte machen oder bloß einen? Haben wir da herunten noch Ort der Erinnerung.
Verteidige die Artillerieunterstützung und beschütze die Klinik. Da kriegen wir 2 Sterne. Und da herum kriegen wir einen Stern und eine Energie. Ich sag das, wie es ist. Energie braucht man nicht. Die kriegen wir später schon irgendwie durch Zufall. Und hoffen wir, dass wir keinen Schaden nicht kriegen. Ich würde sagen, Ort der Erinnerung. Gehen wir mal rein. Unsere Techniker haben vor kurzem eine Artilleriebatterie der alten Welt zum Laufen gebracht. Bitte sorgen Sie dafür, dass sie den Kampf übersteht. Wo ist die Artilleriebatterie? Die ist da hinten. Mai, klickt mal so, schauen wir, was passiert. Werden wir schon hinkriegen. Los geht's. So, Map ist halt wieder Map! Komplett verschieden aufgebaut. Wir haben am Anfang noch den gleichen Typ an Gegner. Ich darf jetzt einmal vorschlagen, dass wir uns da einer stellen und da einer stellen und Artillerie da hinten stellen. Klinik beschützen, das Ding da herum müssen wir beschützen und die Artillerieunterstützung müssen wir beschützen. Ich glaube, die können wir sogar selber steuern. Weiß jetzt nicht, schauen wir mal. So, Deploy! Mission Start! Schauen wir, was die Viecher tun. Interessiert uns nicht. Okay. So hätte man eigentlich ziemlich leicht hinkriegen. Phase 1, der Steve ballert dem Viech erst einmal ins Gesicht, dann fällt es ins Wasser und stirbt. Ja, völlig behindert. Tschüss dann. Und jetzt können wir was ausprobieren. Nämlich... Das probieren wir jetzt einfach einmal. Haben wir mit... Was kann denn das da? Wir haben jetzt tatsächlich einfach ein Artilleriegeschütz. Das kann sich nicht so weit bewegen wie unseres. Aber es kann genauso über die ganze Map schießen, so wie ich das sehe. Und verrutscht dann genauso die Gegner wie unsere Artilleriebatterie. Ja, kann man brauchen. Müssen wir aufpassen drauf. Aber was ich jetzt ausprobieren möchte ist, ich gehe da setze meinen Schuss mit der Artillerie da her. Das Gebäude kriegt keinen Schaden. Also das Gebäude kannst du nicht verschirmen mit deinem Artillerieschuss. Aber, was man da sieht, das Viech rutscht in den Berg rein und kriegt einen Schaden. Ja, langt nicht. Damit, wie soll ich sagen, das verschirbt es dann nicht dahinter, sondern das bleibt da stehen und sein Schuss geht trotzdem auf das Gebäude. Das war natürlich kacke. Das war natürlich sehr kacke. Bewegung rückgängig. Dafür nehmen wir den Bot. Gehen wir gleich mal ein bisschen weiter da oben. Hauen wir dem Viech eine aufs Maul, macht 2 Schaden auf 2 Leben, stirbt fast. Ja, nächste Runden kommen 2 neue Viecher. Können wir da was blocken? Nicht wirklich. Das schieben wir mal da oben, damit wir da oben schießen können in der nächsten Runde, wenn sie es Runde beenden. Odin, lese ich gleich vor. Moment. Ja, das Viech geht wieder da drauf. Das Viech, okay. Easy. Kriegen wir easy hin. Aber erst an Odin seine Frage. Was passiert, wenn der Artillerie auf die Felder schießt, wo die Viecher rauskommen? Kriegen die dann im Boden Schaden? Nein. Die haben da drin komplett geschützt. Die einzige Möglichkeit, wie du die Viecher da drin am Erscheinen behinderst, ist, wenn du irgendein Objekt drauf schiebst. Also ein Gegner, dich selber. Ich weiß nicht, ob man Berge irgendwie verschirmen kann. Also es gibt später andere Mechs, die haben dann so Enterhaken, die Objekte verschirmen können. Vielleicht gibt es irgendeine Spielmechanik, die Berge von A nach B teleportiert, was weiß ich. Und dann kommt nur das Viech da nicht raus. Aber das ist die einzige Art, wie du das dazu kriegst. Dass da nichts passiert. So. Easy peasy lemon squeezy. Phase 1, schießt man da her, Viech rutscht ins Wasser, stirbt. Phase 2, Viech schießt man direkt ins Gesicht, fällt ins Wasser, stirbt. Und damit wir jetzt in eine... Pfeffersepp, kommst jetzt du auch noch daher? Ich flippe aus mit dir. Pfeffersepp, merci dir. Kruzifix, wie geht's, so steht's. Erstens, WB, lang nicht mehr gesehen. Zweitens, Schluss mit diesen Donation 2 Hausrast. Drittens, lehnen Sie sich zurück, genießen Sie ein gemütliches Spiel. Was kosten? Ich sag's euch, ich weiß nicht, was die... Ist übrigens keine Werbung. Ich muss vielleicht auch mal dazu sagen, ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich das Spiel so feiert, aber ich feiere nun mal das Spiel. Kennt vielleicht auch mal gesagt. Sprenge der Glaube versetzt Berge, richtig. Ja, Thoughts and Prayers. Funktioniert auch in die USA ganz gut, habe ich gelernt. Pfeffersepp, merci dir. Was wir mir jetzt auf alle Fälle tun, nächste Runden kommt bloß ein Viech raus, sag ich, ja, dann leckt mir am Arsch, das glaube ich nicht. Oder lassen wir es passieren und versucht mal eine flawless Runde zum Spielen, dass wir keinen Schaden kriegen. Dann ist die nächste Runde, haben die Gebäude wieder so Schutzschilde. Das probieren wir. Los raus, das Viech, das schlagen wir einfach. Los geht's. What? Das Spiel kostet 14,99, echt? Ich hab die beide umsonst auf Epic gekriegt. Ja, also Faster Than Light habe ich zwar auf Steam auch, aber ist egal.
Und das da habe ich auf Epic Games einfach geschenkt gekriegt. Habe ich gesagt, Alter, die Spiele sind super, her damit. So, wie schaut es jetzt da aus? Was kann das Viech eigentlich? Passiver Bonus, was tut denn das eigentlich? Das wollten wir vorher schon mal lesen. Explosiver Verfall, passiver Effekt. Alle anderen explodieren beim Tod und verursachen auf allen benachbarten Feldern einen Schaden. Das ist eigentlich ziemlich interessant zu wissen. Das heißt, wenn jetzt da noch ein anderes Viech da war, überlebt hätte, was auch immer, solange das Drecksviech da ist, explodieren die Gegner, die wir mir umbringen und machen Schaden in alle Richtungen. Ja, das sind lauter so kleine Mechaniken, die du irgendwann einmal kurz vergisst und dann verlierst du Runden. Das ist, also mir geht's zumindest so, ich bin aber halt auch dumm wie Brot, also egal. So, das Viech kann nicht viel, wir machen 2 Schaden, 1 Schaden auf das Viech, tot. Nichts passiert, nächste Runde kommen wieder 2 Viecher raus. Die zlängen wir halt. Die machen Living Bomb, ja genau. So, easy. Easy. Easy peasy lemon squeezy, das machen wir jetzt ganz einfach. Da gehen wir da um. Nein, gehen wir nicht. Da. Wie machen wir das jetzt? Das hat nur 2 Lebenspunkte, das ist der Schluss. Ja. Stufenaufstieg. Wenn die weg glauben, dass sie mich müde machen, werden. Scheiße, ich hab's langsam gelesen. Oh Gott, ich bin der Wongel, ich kann nicht lesen. Das machen wir jetzt. Wie machen wir das? Den Schirm auf Zeiten. Bam. Ja, dann geht ein Angriff daneben, fight nichts mehr. Und weil wir so lustig sind, probieren wir jetzt Folgendes, was der Odin wissen wollte. Wir gehen da her, schießen wir da einer und schauen wir, ob wir es vom Rand aus schießen können. Nein! Geht nicht! Ich hab eigentlich schon gemeint. Ich hab in Erinnerung, es gibt so eine Map, die langsam runterfällt und dann ist diese Schlucht und da kannst du die Viecher einschießen. Hab ich gemeint, aber geht offensichtlich nicht. Ja, gut. Nein, das ist auch wurscht. Kriegen wir das nur irgendwie getötet, das Mistviech? Wahrscheinlich nicht. Ne, der kann sich nur einen Schritt bewegen. Odin, schade. Ja, ich find's auch schade. Ich sag ich auch ganz ehrlich. Aber das war auch ziemlich overpowered, muss ich auch sagen. Also wenn du die Viecher vom Rand abschubsen kannst, das war ziemlich OP. Das hat alles später vor allem sehr viel einfacher machen. Ja gut, Runde beenden. Der haut ins Lare. Der misst Grippe. Und unsere Mechs haben wir 3 XP verschenkt. Ja, ist jetzt kein Weltuntergang nicht. Aber flawless. Keinen Schaden kriegt. Beide passive Missionsziele erfüllt. Verteidige die Artillerieunterstützung. Beschütze die Klinik. Keinen Schaden kriegt. Und unser Dings-Mech, unser Nahkampf-Mech, hat 12 Erfahrungspunkte gekriegt und wurde befördert. Was der jetzt kann, werden wir gleich sehen, das weiß ich selber auch nicht. In dieser Region gibt es ungenutzte Flächen in den Naturschutzgebieten. Nach dem Sieg oder ich bin's behindert zum Lesen. Entschuldigung! Nach dem Sieg gegen die Weg werden wir hier Flüchtlinge umsiedeln. Ja, okay. Ja, ist ein bisschen so Story-Gelaber, im Prinzip interessiert's keinen. Befördert! Neue Fähigkeit freigeschaltet. Mech-Bewegung +1. Das heißt, unser Nahkampf-Mech kann jetzt ein Fädel weitergehen, was ein unglaublich guter Vorteil ist. Verstanden? So. Oh, jetzt gehen die nächsten. Und jetzt pass auf. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich glaube, es ist immer so, das Gebiet, das du freischaltest, die angrenzenden Gebiete wären dann verfügbar. Das heißt, wenn ich jetzt da auffahren wollen würde, muss ich irgendeine von den 2 Missionen machen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es nicht auf jeder Map so ist, dass man 2 Gebiete zwangsweise freilassen muss. Also die ganze Map befreist du sowieso nie. Was ist denn dann das Gescheite? Keine Ahnung, was ist denn da wieder los? Bigler-Sepp! Schon wieder ein Monat! Bussi aufs Nussi, merci für die Mitgliedschaft. Übrigens einmal an den kompletten Rest übrigens auch. Vielen Dank für diese Mitgliedschaft, die verwundert mich eigentlich immer noch mehr wie diese Donations. Sag ich euch, wie es ist. Es gibt wirklich Leute, die haben bereit, da draußen im Monat einen Fünfer dort zu lassen, im Prinzip, für das, was ich da mache. Im Prinzip, Netflix kostet nur 3 Euro mehr. Das ist schon, also, Alter, da zerreißt es mir ein bisschen den Kopf. Danke dafür, von ganzem Herzen. Dann schnappt dir die 2 Sterne im Norden. Wölfchen, du hast das korrekt erkannt. Eine von den 2 Missionen müssten wir machen. Forschungszentrum. Wegbedrohung entdeckt. Töte nicht den Sprengweg. Und beschütze Energiegenerator. Oder
Wegbedrohung entdeckt, erleide weniger als 3 Netzschaden, beschütze Kohlekraftwerke, das ist die gleiche Mission wie vorher. Und es hat also eine Special Reihenfolge, rechts, oben, Mitte, links. Ja, ich glaube, dass machen wir es folgendermaßen. Das da, dann das obere und dann glaube ich, ist die Runden vorbei. Ja, dann ist die Insel befreit, glaube ich. Darum nehmen wir das mit den Flutwellen. Töte den Spreng weg. Wir töten keinen Sprengi. Niemals! Beziehungsweise bei Epic kostet es 3,74 €. Wi-Fi, dann kann ich bei gutem Gewissen sagen, für 3,74 € das Spiel ist eigentlich eine Frechheit. Kann man machen. So, Chronologie, Halle. Wir nehmen die, da ist die Mechanik mit den Flutwellen drin. Ich möchte einfach sehen, was das kann. Los geht's. Ein Vulkan vor der Küste sorgt für Flutwellen und könnte helfen, die wegzuspülen, die das Gebiet bedrohen. Wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich nicht, aber das werden wir sehen. Ich glaube, dass der Wasserbereich immer größer wird und einer rückt. Glaube. Schauen wir mal. So, und Kohlekraftwerk. Das Ding müssen wir beschützen. Das heißt, wie stellen wir das jetzt an? Oh, da ist das Passivviech wieder da, okay. Ah ja, Flutwelle, diese gelben Teile brechen weg. Das heißt, da ist dann kein Land mehr, sondern Wasser. Wenn ich mich richtig erinnere. Im Prinzip ein Tsunami, Mr. Sprengi. Absolut korrekt. So, das platzieren wir so. Ich glaube, das passt ganz gut. Das Drecksviech da unten, das kann sowieso nichts. Auf das müssen wir einfach auf alle Fälle aufpassen. Und das müssen wir töten. Dringend. Eigentlich bevor wir das töten, sonst explodiert es. So, bestätigen. Lass die Max herab. Los geht's. Haben wir schon gesehen, was passiert? Sehr schön. Und da haben wir auch schon wieder gesehen, was da passiert. Easy peasy lemon squeezy. Jetzt pass auf. In den nächsten Runden bricht der Erdteil weg. Das heißt, wir nehmen unser Viech da, schießen wir es da um. Nächste Runden verreckt es nämlich dann. Unser Mech kann schwimmen. Das ist egal. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob man einen Schaden kriegt, wenn man draufsteht. Ich bin nicht sicher. Das werden wir jetzt ausprobieren müssen, weil es mich einfach interessiert. Und ich mag mich nicht... Ich muss nicht da ohne, weil nächste Runden greifen die 2 Drecksviecher garantiert dieses Kohlekraftwerk und das darf auf keinen Fall passieren. Gehen wir da her, dass wir keinen Schaden kriegen. Oh, zuhauen können wir auch noch. Nein, jetzt weiter. Jetzt wollen wir einen ganz verreckten machen wir jetzt nicht. Erst schubsen wir das Drecksviech weg. Jetzt können sie unser Mech bewegen. Dann gehen wir da her. Prügeln wir es aufs Maul. Ah, Pro-Gamer Move. And this is called a Pro-Gamer Move. Runde beenden. Nächste Runde kommen 2 Viecher da unten raus. Den ich werde mir her. Passt. So, unser Mech kann er gar nichts. Okay. Sehr schön. Ich glaube, das erste Mal können wir demonstrieren, wie man so ein Viech... Jetzt pass auf. Das machen wir so. Also. Erst schirmen wir das untere Viech auf die Seite. Na, das ist auch dumm, dann schiebt es nämlich... Haben wir auch noch nicht gehabt. Kollision. Wenn ich jetzt da her schieße, dann schiebt das eine Viech nach unten, das andere Viech in Richtung meinem Mech. Dann prallen die aufeinander und beide kriegen einen Schaden. Das mag ich natürlich nicht. Wir machen es folgendermaßen. Ich nehme mein Mech. Verzwickt. Ist verzwickt. Ich habe mir gedacht, ich fahre da ums Eck, schieb den da um. Dann haut er nämlich sein komisches Drecksviech. Ich kann mir aber mit dem nicht verschwinden gehen. Ja, jetzt pass auf, das machen wir jetzt folgendermaßen. Fahren wir da oben. Schieben wir es auf die Seite. Dann hauen wir dem da aufs Maul. Kriegt Schaden, weil es in das andere Viech push. Hat noch einen Schaden übrig. Blockt das Viech, das da rauskommen will. Und stirbt dabei auch noch. Sehr schön. Sehr schön. Besser hätte ich das nicht machen können, glaube ich. Außer, ich kann jetzt natürlich, das war jetzt dumm, wenn ich mit der Artillerie schieße ich direkt auf das Viech, das macht einen Schaden, stirbt dann und nächste Runde kommt das Viech da unten raus. War total dumm. Runde beenden, passt das so wie es ist. Das haut ins Lare, das Viech. Das Viech möchte raus, stirbt. Nächste Runden haben wir bloß ein Viech. Und was ich auch gerade festgestellt habe, ist, die Flutwelle kommt, bevor das Viech rauskommt. Das heißt, das Viech ist jetzt weg. Ich weiß nicht, was zur Hölle. Der Ralf
Ralf! Hoppala, Kuppala aus der Tasche, Entschuldigung. Einfach aufs Maul hauen, macht 2 Schaden, stirbt. Kannst du gar nichts! Das schieben wir da um, damit es nicht im Wasser drin steht nachher. Runde beenden, außerdem glaube ich, haben wir es eh schon geschafft. Flawless! Hashtag flawless! Ab in den Chat. So, ich glaube langsam aber sicher erschließt sich, wie das Spiel funktioniert, glaube ich. Ha? Easy to learn, aber später hard to master, finde ich, weil später werden Mechaniken wirklich, also spielen wir mir auf leicht, ja, das muss man auch sagen. Normal kriegst du dann weniger Ressourcen, mehr Viecher, es spawnen gleichzeitig mehr Viecher und dann wird es halt ziemlich schnell ziemlich haarig. Ja, also das ist jetzt halt leicht einfach. Muss ich nicht was trinken, Entschuldigung. Und was ich auch gerade verstehe, pro befreiter Mission oder geschaffter Mission kriegst du einen so einen, kriegen wir die von dem Passiv. Beschütze Kohlekraftwerk haben wir gemacht, kriegen wir also ein Stromding, passt. So, jetzt bin ich gespannt. Mutter Natur eilt zu unserer Verteidigung. Glücklicherweise sind die Bauwerke in der Umgebung für Überflutungen ausgelegt. Vielen Dank, Äonauten. Natürlich! Was ist denn jetzt? Verdammte Scheiße. Jetzt ist die Region da oben zerstört. Schade. Hätten wir vielleicht besser machen können, wenn wir uns früher da aufbewegt hätten. Das war dumm. Hätten wir das... Ah gut, aber da unten haben wir auch 2 Sterne gekriegt. Das ist halt jetzt nicht einfach so. Also du kannst es nicht verhindern, dass die restlichen Gebiete zerstört werden. Du kannst die ganze Map nicht machen. Dann wird es zu overpowered. Also du darfst zu viele Ressourcen kriegen und so weiter. Jetzt kommt die letzte Mission auf der Insel. Konzernzentrale. Wegbedrohung entdeckt. Zerstöre die Psion-Abscheulichkeit. Beschütze Konzernturm. Das ist jetzt die letzte Mission auf der Map und wenn du das hast, dann hast du die Karten befreit und dann kannst du das erste Mal deine Mechs aufwerten. Ja, werden wir jetzt einfach mal da. Lesen wir mal. Eine der Wegmonstrositäten nähert sich unserem Hauptquartier. Da ist jetzt ein Boss drin. Der hat, glaube ich, 6 oder 7 Leben. Sie muss unbedingt aufgehalten werden. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz einfach. Also die Endmissionen, die werden wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen schwieriger jetzt, als das jetzt die ganze Zeit war. Wir werden sehen. Recht viel müssen wir nicht machen. Wir müssen wahrscheinlich das lila Viech da killen und den Konzernturm da hinten beschützen. Und dann wird das wahrscheinlich auch hübsch gewesen sein. So, wir haben so einen Artilleriekäfer und unseren Boss. Wir müssen so viel Schaden wie es geht auf diesen scheiß Boss machen, damit der bis in 5 Runden stirbt. Den der wir daher, den der wir daher und Artillerie der wir da hinten. Da ich jetzt einfach einmal vorschlagen, bestätigen und dann schauen wir, was passiert. Gehirnjogging in Schee, schreibt der Schimmerx. Und Wife auch. Im Prinzip ist nichts anderes, ja. Man muss sich ja bloß darauf einlassen, dass dass halt das Spiel die Mechanik hat, die es hat. So, jetzt lest mir erstmal, was dieser Boss überhaupt kann. Passiver Bonus, aber welchen? Psion abscheulich. Fliegt einmal, ja, und ist Schwarmführer. Der stärkste weg von allen. Immun gegen Wasser und nur sehr schwer zu besiegen. Energieüberschuss ist sein passiver Effekt. Alle anderen weg erhalten plus 1 GP, Regeneration und explodieren beim Tod. Das heißt, das Drecksviech da hat jetzt 3 Leben anstatt 2, solange der Boss am Leben ist. Das ist nicht so geil. Jetzt schauen wir mal. Aber den können wir ziemlich einfach töten. Sag ich dir, wie es ist. Und zwar, jetzt machen wir das. Jetzt schießt man dem Viech erst einmal eins ins Gesicht. Das sagt er. Oh, der kriegt 2 Damage. Wieso kriegt er 2 Schaden? Also der Boss kriegt 1 Schaden durch meinen Schuss. Dann rutscht er nach hinten, rambelt in den Käfer ein und kriegt nochmal einen Schaden. Genauso kriegt der Käfer einen Schaden. Das ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt nehmen wir unseren Punchy Max Wanchy und schirmen den Käfer mit... Das war jetzt dumm. Jetzt stirbt er nämlich. Das war jetzt dumm! Ja! Dann nehmen wir unsere Artillerie, gehen wir einen Schritt zur Seite und schirmen, ohne dass er Schaden kriegt, nach rechts auf die Platten, wo das Viech rauskommt.
dann stirbt er zwar nicht, aber er kriegt mindestens einen Schaden. Und mit unserem, damit verschiebt sie auch seine Attacke. Ja, dann steppen wir mir einen Schritt auf die Seiten und hauen wir dem scheiß Boss nochmal eine aufs Maul. Du kannst den Boss in der Runde killen. Das stimmt. Das ist mir jetzt auch gerade eingefallen, aber ich muss das so machen, weil ich verhindern möchte, dass das Viech da rauskommt. Nächste Runden kriegen wir. Nächste Runden ist er down. Gegnerrunde. Ach, der hat Regeneration. Das Mistviech hat die Regeneration. Fuck! Fuck, 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 fuck! Fuck! Mit der man das jetzt wieder. Okay. Okay. Phase 1. Den können wir einfach der Schlong. Mag ich aber eigentlich nicht der Schlong, sondern ich würde gern wieder da aufverschirmen, aber das kann ich diesmal nicht. Weißt du was? Dann block ich mit ihm. Die Platten da, dass mit Kaffee nicht rauskommt. Den dreschen wir weg. Artillerie platzieren wir leicht und lassen wir die Artillerie schießen oder nee, die weiß es auch nicht. Er hat ja bloß noch ein Leben. Also im Prinzip ist wurscht, mit wem wir töten. Machen wir so. Der ist tot. Und damit wir ein bisschen besser dastehen, schirmen wir ihn da um. Und fertig. Ich wollte rechts von ihm gehen und draufschirmen, aber so weit komme ich nicht. Ich bin nicht da ums Eck gekommen mit dem, wo ich schirb. Und da mein Mech 2 Schaden macht, wenn ich zuhau und ihn da durch verschirb, dann stirbt er. Sowieso. Also kann ich einfach stehen bleiben und kann er da umhauen. Ich hoffe, ich verdurre mich da jetzt gerade nicht, aber ich glaube, wenn wir schnell probieren können, nämlich wissen, was passiert, wenn man da drauf schießt. Nix. Runde beenden. Jetzt haben wir eine Webs da, die kann auch einen Scheißdreck. Die kann halt nix. Wie der wir da jetzt wie machen wir das? Keine Ahnung, machen wir so. Blocken wir nochmal einen Schaden weg, das ist ja wurscht. Gehen wir da her, schirmen die Webs da drauf, die haut ins Lare, kriegt nochmal einen Schaden, stirbt und blockt das Fädel. Nächste Runde ist kein einziges Viech da. Mr. Flash, ist das ein bisschen wie Schach mit Mechs? Ein bisschen schon, ja. Wenn man so will, ein bisschen schon. Schmiedi! So bin ich jetzt auch da, was habe ich verpasst? Alles, Alter. Best Game ever. Schmiedi, merci dir. So, ja, keine Viecher da, Sieg in einer Runde. Geschafft. Er hat natürlich ein bisschen wenig Leben. Ah, sagt man da herum übrigens auch. Also einen Schaden noch und er ist tot, aber den kriegen wir nicht. Passt. Konzernturm, da hinten hat auch keinen Schaden gekriegt. Alles in Ordnung. Archiv ist gerettet. Easy. Region gesichert, zerstöre, bla bla bla, beschütze, bla bla bla. Unsere Artillerie ist befördert worden, hat 6 Erfahrungspunkte gekriegt. Unser Panzer hat noch nicht recht viel Erfahrung, muss man auch mal dazu sagen. Ja, jetzt geht's ans Aufwerten. Easy, Alter, easy. Da die Wegmonstrosität vernichtet wurde, sollten keine neuen Nester auf unserer Insel erscheinen. Sie haben uns gerettet. Wow! Weiter. Befördert. Plus ein Mech-Reaktor. Wer war das? Erfolg, perfekte Insel. Verstanden? Perfekte Insel. Wähle eine kostenlose Belohnung. Sie haben alle Archivmissionen abgeschlossen. Eine erstaunliche Leistung. Bitte sehr, für Sie und die Aeronauten als Zeichen unseres Danks. Was haben wir jetzt da gekriegt? Wo? Kriege ich da was? Hallo? Wähle eine kostenlose Belohnung. Wo? Wahrscheinlich bei Weiter. Oh. Was haben wir da? Hydraulische Beine. Oh, dann. Oh. Sagst du, es ist ein bisschen winzig. Ich hoffe, man erkennt das im Stream, im Video. Dann kann unser Mech hupfen und wo er kriegt aber auch einen Schaden. Das ist ja voll bescheuert. Also kriegt er da einen Schaden. Schaden und Eigenschaden. Also er macht einen Schaden an alle Umgebungsfelder. Das heißt, er kann theoretisch mehr wie einen Schaden austeilen, wenn er mehr wie ein Viech erwischt. Boah, lecker hydraulische Knierscheiben sprengen. Stimmt, hast recht. Springt auf ein Feld und fügt sich dabei selbst und benachbarten Feldern Schaden zu. Nee. Ich weiß jetzt auch nicht. Er macht im Prinzip Flächenschaden, Odin. Das ist absolut richtig. Heute jetzt für eigentlich aber nicht so geil. Vor allem, weil, wenn er nicht selber einen Schaden kriegt, dann darf ich es nicht mehr. Was haben wir noch?
Silica, Spezial, braucht 2 Energie. Der Mech hat 2 Aktionen, wenn er sich nicht bewegt. Alter, das ist ja voll OP. Das heißt, ich kann 2-mal zuhauen, wenn ich mich nicht bewege. Das heißt, wenn ich an 2 Viecher ohne gehe, direkt angrenze, kann ich einmal in die Richtung hauen und einmal in die andere Richtung hauen. Ist das ein neuer Mech oder ist das eine Fähigkeit? Was ist das? Und was haben wir da? Energieüberschuss. Dein Energienetz ist voll. Überschüssige Energie verbessert dauerhaft deine Netzabwehr. Das ist der runden 15%. Was genau bedeutet das? Die Wahrscheinlichkeit in Prozent, mit der ein Gebäude Schaden widersteht. Ah, okay. Erhalte Energie dazu, um deine Abwehr zu verbessern. Basisabwehr ist 15. Mei. Das Ding nehmen wir, Alter. In Hangar freigeschaltet. Pilot. Ach, das ist ein Pilot. Das ist ja voll geil. Das heißt, ich kann dann Piloten in meine Mechs einsitzen, wie da, der Nikola. Den kann man mal umbenennen, aber die nächste Runde dann. Wobei wir die heute nicht mehr sehen werden, da bin ich mir sicher, das dauert einfach schon wieder alles zu lang. Ich labere zu viel. Dann kannst du da den Piloten einpflanzen und dann hat der so Passivfähigkeiten. Das ist ja voll geil. Kann ich den jetzt da schon einsitzen? Sollen wir den da einsitzen? Braucht 2 Energie. Und jetzt? Einbauen. Ich habe da herum jetzt 7 Konzernpunkte, 1 Reaktorkern. Ja, das war, ich erinnere mich schon, das ist schon ein bisschen Reputation ausgeben. Da unten steht's. Und jetzt haben wir im Shop. Ähnlich wie in Faster Than Light. Ja, kannst du für deine erspielten Punkte da Sachen kaufen, um deine Mechs zu verbessern. Schauen wir einfach mal durch. Ich kenne die Mechaniken auch nicht alle. Und soweit ich weiß, sind die relativ random. Wir haben kaufen. Kaufe Ausrüstung für Reputation. Kostet 1 Stern, 1 Stern, 1 Stern, 1 Stern. Wir haben 7 Sterne. Und so ein Powerkern kostet 3 Sterne. Deswegen habe ich in Erinnerung, warum das so wichtig ist. Schauen wir uns einfach mal an. Raketengeschütz. Was tut das? Waffenklasse Fernkampf. Feuert eine verschiebende Artilleriesalve und erzeugt Rauch hinter dem Schützen. Was kann der Rauch gleich wieder? Der Rauch hat auch eine Mechanik. Ja? Also im Prinzip sagt man ganz klar, lasst unser Artilleriegeschütz, lasst einen Schuss. Da ist dann Rauch. Und ich glaube, dass wenn da ein Gegner steht, ist der blind. Und bricht seine Attacke ab. Glaube ich. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Schauen wir weiter. Was haben wir da? Feuerschild. Passiver Effekt. Alle Mechs sind immun gegen Feuer. Auch nicht, aber das hat uns jetzt bis jetzt noch keine so super tolle... haben wir noch nicht wirklich braucht, glaube ich. Was haben wir noch? Quecksilberfaust. Alter, was ist denn das? Die macht 4 Schaden. Bist du bescheuert? Schlägt auf den Boden, verursacht auf benachbarten Feldern Schaden und verschiebt dortige Einheiten. Das ist auch stark. Macht Schaden 4, Anwendungen pro Kampf 1. Und dann kann man es noch verbessern übrigens. Das sind da unten so passive Dinge. Plus eine Anwendung, plus einen Schaden. Für das sind diese Reaktorkerne dann wichtig. Schauen wir uns gleich nochmal an. Was haben wir noch? Repulsor, Waffenklasse Wissenschaft. Ja, wir haben keinen Mech, wo wir das einbauen können. Verschiebt Einheiten auf allen benachbarten Feldern. Das ist auch stark. Du kannst theoretisch 3 Viecher gleichzeitig einfach verschirmen und 3 Angriffe mit einem Mech verhindern. Und dann kann man noch ausbauen, dass er sich selber ein Schild gibt und die Verbündeten auch noch. Das ist auch stark. Kruzifix. Dann kann man Sachen spenden. Wie bei Faster Than Light kannst du deine Sachen verkaufen. Spende Waffen und Piloten für Reputation, also für Sterne. Die Schildanlage. Können wir nicht brauchen. Die ist nächste Runden übrigens wieder weg. Das gehört vielleicht auch mal dazu gesagt, wenn du die 4 Inseln durch hast und das Endgame erreicht hast, also die letzte Insel, und dann stirbst oder schaffst, dann fangst du wieder von vorne an. Ja? Dann haben diese Sachen weg. Aber deine Freischaltungen bleiben bestehen. Also deine Piloten, die du freischaltest, deine Mechs, deine Münzen und so weiter. Und nächste Runden haben alle Inseln wieder irgendwie anders und kannst es halt einfach wieder spielen. 4 Schaden ist schon krass. Ja, Odin, das ist absolut richtig. Aber, was viel krasser ist, sind diese scheiß Reaktorkerne. Um deine Mechs zu verbessern mit dem, was sie schon haben.
Wenn ich jetzt da weiter drücke, was passiert denn dann? Okay, gehen wir wieder zurück. Schauen wir uns einmal unseren Kampfmech an, was wir mit dem tun könnten. Gehen wir mal drauf. Der hat die Titanfaust ausgewählt. Das ist seine aktive Aktion, die wir jetzt schon die ganze Zeit gespielt haben. Das heißt, 2 Schaden und der Schlag verschirbt einen Gegner nach hinten in die Richtung, wo du haust. Du kannst das verbessern, da herunten, mit 3 Reaktorkerne, ähnlich wie in Faster Than Light, deine Kampfmech bitte in Ramrod umbenennen. Danke. Sprenge, mach mal. Hoppala. Zufrieden? Ramrod? Was heißt denn Ramrod? Entschuldigung, ich weiß nicht. Was heißt denn Ramrod? Bitte klären Sie mich auf. Hoch damit und raus mit Ihnen. Was? Hoch damit und raus mit Ihnen. Ich weiß gerade nicht, auf was du anspielst. Verdammte Kacke. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Schande über mein Haupt. Egal. Quecksilberfaust, wie bei Worms. Hat's da Quecks echt? Und fertig ist die Ramrod Infanterie. Ich weiß nicht, was man sagen will. Sprengi, du bist schon wieder völlig verwirrt. Glaub ich. Oder du verwirrst mich, sagen wir es so. So. Wir haben einen Reaktorkern. Den kann ich jetzt ähnlich wie in Faster Than Light in diesen Mech einbauen. Dadurch kriegt er eine Energie. Ja, sagst du das? Ich hätte gern plus eine Bewegung. Bewegung ist am Anfang fucking everything. Je mehr ich mich bewegen kann, das war unser größtes Problem in den Missionen jetzt, dass wir immer ein Fädel zu wenig weit gehen können oder sonst irgendwas. Was? Saber Rider und Star Sheriffs? Echt? Oh Gott, verdammte Scheiße. Absolute Schande über mein Haupt. Ich muss die ganze Staffel, die ganze Serie nochmal nachschauen. Tut mir leid. Darum hätte ich jetzt gern auf alle Fälle in unserem Nahkampf-Mech bauen wir einen so einen Reaktor ein. Bam. Und dann können wir ihm entweder plus 2 Gesundheit geben, damit kann ich mich den Mech entgegenstellen. Dann haben wir 5 Leben. Das ist schon viel. Dann kannst du lockerst auf ein Fädel draufstehen und Viecher blocken und es interessiert im Prinzip nicht mehr. Aber du kannst es auch wieder außer da, genau wie bei Faster Than Light. Und steckst es in Bewegung, wenn du denkst, das kann ich jetzt eigentlich besser brauchen. Das geht übrigens zwischen jeder Mission. Damit ist Bewegung ist mir wichtiger wie Leben. Fertig zusammen. Dann gehen wir in den nächsten Kanonenmech. Was kann der? Eigentlich ist da auch notwendig plus eine Bewegung. Wir haben da noch einen Piloten draußen. Plus ein Mech-Reaktor. Ja, rein damit. So, und schon haben wir den einen Reaktor kostenlos gekriegt. Plus eine Bewegung. Easy peasy lemon squeezy. Weg damit. Was haben wir da? Ein Artillerie-Mech. Jetzt wird's eng. Jetzt haben wir keinen Reaktor mehr, den wir einbauen können. Bei dem hätte ich nämlich... Da ist Bewegung vielleicht gar nicht so wichtig, weil die Artillerie immer irgendwie im Hintergrund ist und ewig weit schießen kann. Weißt du, was ich da gern hätte? Dieses Passiv an seinem Artilleriegeschütz. Hoppala. Und zwar... Damit kann ich auf Gebäude schießen, ohne dass ich ein Gebäude Schaden zufüge. Das heißt, wenn so ein Viech ganz nah dran steht, wie in dem Vorschaufenster, da kann ich einfach direkt, hätte man vorher schon mal brauchen können, direkt aufs Gebäude schießen und die Viecher wegschirmen, ohne dass was passiert. Das ist eigentlich ziemlich stark. Und das möchte ich haben. Und das kaufen wir uns jetzt im Shop, nämlich einen so einen Reaktorkern, mindestens. Was haben wir da noch? Feuert eine verschiebende Artilleriesalve und erzeugt Rauch hinter dem Schützen. Braucht eine Energie. Das kauft man auch noch, das Ding. Sag ich dir, was ist. Das kauft man. Und für die letzten 3 Sterne kauft man noch einen Reaktorkern. So, alles ausgegeben. Und jetzt pimpt man unser verdammte... Jetzt hoffe ich bloß, dass man... Ja, genau. Zack, bauen wir eine. Man kann maximal 2 Waffentypen in so einen Mech einbauen und dann kannst du halt ausbauen, wie du lustig bist. Wir haben einen Reaktorkern, den brauchen wir, damit wir das Raketengeschütz online schalten können. Einbauen. Online schalten. Und was ich jetzt aber auch noch haben will, ist der zweite Reaktorkern mit dem Gebäudeschutz, dass ich aufs Gebäude schießen kann. So, damit ist dieser Mech dermaßen stark eigentlich. Dann kauft er einen Reaktor für 3 Reputation. Mr. Batman, habe ich gerade gemacht. Ich hoffe, es passt. Herr Bongo Otto! Salve, Bürger, alles gut bei dir. Wieder gut bei mir übrigens. Weiß ich nicht, habe ich schon gesagt, ich glaube von Herrn Corona. Ich habe noch keinen Test gemacht, mache ich wahrscheinlich morgen.
Aber ich glaube nicht, dass ich noch positiv bin. Ich spüre nichts mehr. Weder in der Nase, noch im Hals, noch sonst irgendwas. Also Corona erfolgreich ausgesessen, trotz Nichtimpfung, keiner gestorben. Oh nein, laut diversen Personen müssen wir seit März alle tot sein. Aber ja. So, wir haben es sauber gepimpt und da diese... Leute, ich muss Vollgas pissen. Ich muss pieseln wie ein kleines Schuldirndl. Ich glaube, ich kann es nicht mehr eine halbe Stunde auszögern. Ich schaff's nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal. Das erste Mal seit keine Ahnung wie lang, dass ich es nicht der Bock mehr. Ich muss brunzen, Alter. Ich muss brunzen wie ein kleines Schuldirndl. Ich weiß nicht, was der in der Zwischenzeit. Ich brauche bloß eine Minute, Alter. Pinkelpause um 20 nach 9 haben wir sowieso schon lange nicht mehr gehabt. Geht's einmal bieseln. Ich tue dabei ein Video ein. Was tue ich für ein Video ein? Ich weiß es auch nicht. Der mir irgendein Video ein. Habe ich ein kurzes Video auch einmal. Pipi-Pause, wirst du halt alt. Ja? Mann! Schüsse! Was der mir rein? Weiß ich nicht. Jetzt hätte ich fast einen heiligen Ofenkäse rein da. Mit einem 3-Minuten-10-Video. Das Dorffest am ASB. Ich gebe jetzt einfach mal Bier ein und schau, was da als erstes kommt. Was kommt noch als erstes? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß was. Der Bürger bei Niederbayern TV, das lassen wir, das der mal. Das haben wir uns schon. Das hätten wir übrigens auch. Übrigens, ganz furchtbar schlimm. 2 Dinge habe ich vergessen in meinem 5 Jahre Recap-Stream-Woche, wenn wir halt 5 Jahre alt geworden sind, vor 2 Wochen. Eine unfassbar wichtige Person, die mich die ganze Zeit begleitet hat, die Schande über mein Dreckshaupt, ganz ehrlich. Dass ich das vergieße zu erwähnen. Ohne diese Person war dieser Kanal nur halb so schön, möchte ich behaupten, die Streams nur halb so schön, meine Thumbnails nur halb so schön und fast jedes How-To nur halb so schön, nämlich am Chris, am Zeichner vom Trachtman. Okay? Habe ich einfach vergessen. Ich sag das, wie es ist, Schande über mein Schandmaul über mein Haupt. Chris, es tut mir unfassbar leid. Ich war so oh Gott, wir müssen fertig werden, dass ich nicht mehr daran gedacht habe. Press F für den Chris, Hashtag Trachtman, ab in den Chat. Wer ist das, wer sich fragt? Das ist ein Comiczeichner, der meine Karikaturen zeichnet für mich. Und auch fast alle meiner Merch-Motive gezeichnet hat, unter anderem auch das hier. Und das ist eine Freundalwirtschaft. Ich übersetze seine Comichefte auf Borisch, er zeichnet mir ab und zu ein paar Sachen. Keiner kriegt da irgendwie Geld oder sonst irgendwas. Ich meine, natürlich verdient er was mit seinen Comics und das hat er sich auch verdient. Chris, von ganzem Herzen, Bussi aufs Nussi, Hashtag Full Homo. So, und der zweite ist der Fleischi. Ja, war im Fernsehen. Da war ich im Fernsehen, habe ich mir gedacht, weißt du was, Alter? Gehört eigentlich auch erwähnt. Man ist auch nicht immer im Fernsehen. Was man nicht erwähnen muss, dass ich bei Bayern 3 war, weil das war das Peinlichste, was ich jemals erleben habe müssen. So, was macht? Wir machen jetzt so den Ton aus. Ich kann den Ton nicht ausmachen. Warum kann ich den Ton nicht ausmachen? Warte mal. Optionen, Kampftempo, Zeigerempfehlung, ist mir alles wurscht. Wo ist denn der Ton? Effekt, Musik. Musik machen wir dabei mal kurz aus, aber dann machen wir es wieder ein, weil dieser verdammte Soundtrack ist bahnbrechend gut. So, ich gehe jetzt pissen. Ich sag das, was ist, aber ich muss noch schnell ein Video ein, das hilft nicht. Monitor ganz, zack, da bin ich. Das schaut sich jetzt dabei, ich gehe pissen. Das dauert maximal 4 Minuten, für Speise, kommen wir wieder. Oh, ist es schon laut? Bernhard Fleischmann hat einen der bekanntesten YouTuber Bayerns besucht. Einen der bekanntesten? Dabei hat der Landauer Fleischi verraten, wie er zu einem der größten in der bayerischen YouTube-Szene wurde. Außerdem hat Fleischi den YouTuber zu einem Spontan-Granteln herausgefordert. Fleischis Wanderzirkus macht heute Station in der wunderbaren Schlossgaststätte Leonsberg in Pilsting in der Nähe von Landau. Und das hat 2 Gründe. Erstens unser Gast und zweitens die Auswahl des Gastes. Herzlich willkommen, Birger. Servus. Warum sind wir in der Schlossgaststätte Leonsberg? Weil es der schönste Biergarten im Umkreis von keine Ahnung wo ist. Da die sagen. Ausblick ist? Keine Ahnung, ob man da jetzt gerade drüber sagt, aber... Zweitens mal, weil der Wirt recht ein umgänglicher Typ zu sein scheint. Ja, da geht man ganz ungern her zum Glück. Ganz ungern. Ja, das geht mir genauso. Ja. Aber ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit sogar, oder? Ja, alter Arbeitskollege, aber er hat schon aufgegeben. Aber was du machst, kann man schon sagen. Ja, das kann man schon sagen. Ich bin Mediengestalter und programmiere und gestalte Online-Shop und kümmere mich um den. Und ja, das glaube ich beschreibt es am einfachsten. Müsstest du das sogar überhaupt noch machen oder kannst du theoretisch von dem, was du jetzt machst, schon leben? Ich kann, mag es aber noch nicht irgendwie.
Also es dauert schon eine ganze Zeit lang gehen, glaube ich. Das kommt ja ganz darauf an, wie man seine Lebensverhältnisse anpasst. Und da ich sehr unerwartet sparsam unterwegs bin, dauert es schon lang gehen. Aber dann wird halt mein Hobby zu einem Fuck, jetzt muss ich. Und dann glaube ich, wird es schlechter. Wird es wahrscheinlich schlechter, wenn ich muss. Weil du viel Output hast. Also ich bin glaube ich nicht auf dem Laufenden, aber über 200 Videos. Ja, da ist auch viel schon dabei. Aber das überlassen wir doch dem Zuschauer. Also schon, nee, das musst du dir selber machen. Stuhl-TV kann ich bisher nur vom der Uralt ist. Also ich mache das schon seit Ewigkeiten. Was ist Stuhl-TV? Keiner tut mir meine Sachen vereinzelt schon sehr lang. Bloß da hat keiner gewusst, dass ich Was hab ich denn da? Schau mal mit dem Board, da hättest du schon rasieren können für den Fernseher, du Trottel, du Trauriger. das gemacht habe. Das sind so Synchro-Videos, so Fanvertonungen. Ich bin heiser ohne Ende, Alter. Wo ist der Streamer? Bin wieder da. Könnt ihr euch selber fertig anschauen. Legt's mir am Arsch jetzt. Ich habe ein bisschen müssen nicht Zeit. Fix Läden. Was? Eigenurintherapie aus dem Halbigriegel. Who knows? Und falls die Frage kommt, ja, ich habe mir meine Bratzen gewaschen. Grütze, fix nochmal. Das ist der Mech von Saber Rider. F, Hashtag Trachtmann. YouTube hängt schon manchmal wirklich krass hinten an, gell? Also es hängt manchmal schon wirklich extrem weit hinten an. Habe ich schon dreimal gesehen. Ja, wer das noch nicht gesehen hat oder möchte das sehen, da gibt es einen längeren Beitrag. Das Ding hat jetzt 4 Minuten gedauert. Der Originalbeitrag, glaube ich, der dauert eine Viertelstunde oder so. War ganz nett. Der Fleisch war echt in Ordnung. Der hat sich auch interessiert, was wirklich interessiert, was ich tue, wie ich das mache, mit der Musik und so. War wirklich nett. Ich habe mich sehr lange mit dem auch vorher und danach unterhalten. Auch mit seinen zwei Leuten, die dabei gehabt hat und so. Das war echt in Ordnung. Also da, Herr Fleischi, jederzeit gerne wieder, falls Sie irgendeinen Blödsinn machen wollen. So, jetzt macht den Soundtrack wieder an, weil der Wahnsinn ist. Zeitachsen, Spielzeit, Stunde, da war ich normalerweise schon lang fertig. Jetzt passen wir an. Musik. Dieser Soundtrack. Ist einfach gut. Ist einfach gut, kannst du sagen, was du möchtest. Ich möchte keinen anderen, ich möchte keinen Ton, möchte ich hier nicht. So, jetzt geht's weiter. Wir haben ausgebaut ohne Ende. Jetzt schauen wir mir mal Nachrichtensound. Irgendwie schon ein bisschen auch, ja. Aber er ist ein guter. Hat ein bisschen was, ein epischer Nachrichtensound. Jetzt gehen wir Insel verlassen, nächste Insel, los geht's. So, was nehmen wir? Wüste oder Eis? Ich glaube, technisch gesehen, glaube ich, ist die RST Corporation, die Wüste ist Sprengi-Eiswüste. Das aus deine Kackbratzen mal irgendein normaler Satz rauskommt, Sprengi, an diesem Tag hänge ich meine Karriere an den Nagel, ich sag das, was ist. Geil für Sepp, merci dir. Mag dein Sommerboard. Steht da, tust du alle gescheites Eischamponieren? Überhaupt nicht, Alter. Wie viel Bierger hat er gerade? Momentan hat er nicht so viel. Sag ich dir, was ist, weil er relativ kurz ist. Aber schön, dass du aufgepasst hast. Merci dir. Dann streamst du aber noch lang. Ja, ich fürchte auch. Fehlschreiben Eis, Fehlschreiben Wüste. Machen wir Wüste. Wüste ist technisch gesehen die nächste Steigerung. Da siehst du schon unten, haben ein paar mehr verschiedene Arten von wächst dann dabei, die komische Larve da, die ausschaut wie Banglings aus StarCraft und so, die alle ein bisschen was anderes kennen und das Gelände ist auch ein bisschen anders. Gehen wir rein, schauen wir, wie es ist. RST Corporation Zentrale. Meine Berater sagen, dass wir den Kampf verlieren und sie sagen, dass ich ihnen vertrauen soll. Und da diese Feiglinge selten auf etwas bestehen, gebe ich ihnen eine Chance, sich zu beweisen. Weiter. Ja gut. Also, jetzt passen wir Obacht. Jetzt müssen wir uns da ein wenig, da müssen wir jetzt lurren. Wir haben die meisten, also wir brauchen wir haben Energie voll, brauchen wir nicht. Das heißt, eigentlich war das Schlauere, da unten zum Fangen im Phoenix Park, wo wir 2 Sterne kriegen, mit denen wir uns später wieder upgraden können. Aber wir müssen mal weiterschauen, dann kommen wir da rauf und dann kommen wir da rauf. Weil das Fädel ist das mit Abstand wertvollste. Da sind 2 Sterne drin und ein Reaktorkern. Also im Prinzip sind 5 Sterne drin. Das heißt, oben um mich kriegen wir. Was ist jetzt da der günstigere Weg? Untenrum, da die sagen. Untenrum ist alle besser. Und bis da rauf kommen wir schon. Das heißt, wir machen das Ding, ein Phoenix Pack, dann das, dann das. Und dann können wir uns noch entscheiden, ob wir nicht noch so ein Energieteil mitnehmen, weil dadurch unsere Abwehr ein bisschen steigt. Und wer weiß, ich kann nicht einschätzen, wie fett das bringt. Nehmen wir einen Phoenix Pack.
Ja, schaut schon ein bisschen anders aus. Also dann schaut halt die Map anders aus. Map! Hier gibt es 2 Sprengköpfe, die der Zeitreiseforscher Dr. Renfield mit Hilfe ihrer Zeitsprungtechnologie entwickelt hat. Und RST galt als sicherster Ort zum Testen. Ja, offensichtlich ja nicht. Du Brunskauhe, du 400 Jahre alt. Phoenix Park, Wegbedrohung entdeckt. Wir kriegen 2 Sterne für eine Passivmission. Verteidige die Prototypen der Renfield-Bombe. Und das haben wahrscheinlich diese 2 Kugeln da und das probieren wir jetzt einfach mal aus. There can only be one Sprengikopf. Das ist sicher der Volldepp, das ist unglaublich. Denk du nicht mal dran, dass du jemals diese Community verlässt. Ich schwör's dir, ich interwirf dich. So! Das heißt, unsere mächtigste Einheit mittlerweile ist eigentlich die Artillerie. Die braucht Bewegungsfreiheit ganz daher hinten. Die hat ziemlich viele Optionen mittlerweile. Und ich kann mir gut vorstellen, dass beide Viecher sofort auf die Bomben da losgehen. Die müssen wir protecten. Ja? Platzieren wir uns einmal da und Artillerie da hinten. Da hätte ich vorschlagen. Ich weiß nicht, ob wir da auffahren müssen. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe nicht. So, Missionsstart. Was treibt ihr, Mistviecher? Okay. Oh, das kann springen. Okay. Okay. Haben wir... was ist denn das da? Ein Springer. Den Springer... Lauteres Sprengi! He protect, he attack, he Oleg! Lauteres Sprengi, Sprengkopf, Sprengo, Springer, was weiß ich. Müssen wir zusammenhauen. Sag ich, was ist? Müssen wir zusammenhauen. Wir dämmen da jetzt. Die komische Webs, die können wir einfach erschlagen. Ja, wir können es nicht so weit schirmen, dass da irgendwo ein Fade blockiert. Da gehen wir her und da schlagen wir es. Oder blockieren wir so ein Fade. Ich weiß es auch nicht. Da schlagen wir es. Kriegen wir mehr XP. Mehr Viecher. In jeder Runde töten wir alle Viecher, die da sind. Zack, 1. Und unser Arti kann eigentlich... Wie viel Leben hat denn das Mistviech? 1. Normalerweise kann ich doch da jetzt direkt draufschießen. Wir haben da das Raketengeschütz. Das macht sogar 2 Schaden mit. Oh, das muss ich darf ich ja nicht vergessen. Schießen wir jetzt einfach drauf und dann passiert nichts. Das ist tot und erledigt. Möchtest du mehr im Leben? Was möchtest du mehr im Leben? Mit dem Viech fahren wir da her. Dann werden wir mit Sicherheit sofort angegriffen, wenn die Viecher jetzt kommen. Und dann schießen wir es einfach kaputt. Los geht's. Eine Webs und ein... der fliegt wieder ganz woanders hin. Ah, okay. Das ist auch ein anderes Viech. Haben wir noch nicht gehabt. Was kann das? Doch, haben wir schon gehabt. Schießt oben drüber und macht Schaden auf 2 Fädel. Beziehungsweise schiebt mich in Teise ein und macht dadurch Schaden. Das heißt... Unser Arti schießt einmal auf alle Fälle das Mistviech mit einem Schuss. 2 Schaden. Hat sich schon ausgezahlt. Kann's einfach das Viech zusammenschießen, ohne dass man Zeit. Bam. Weg! Wurde abgebaut! So, kann ich das nächste Runde nochmal hernehmen? Ja, das kann ich immer hernehmen. Das ist ja voll OP. Ja, voll OP. Und jetzt hauen wir... Was tun wir da? Da gehen wir da her. Ja, wir müssen das Viech töten. Nicht bloß verschirmen, sondern ich möchte es töten. 1. 2. Viecher alle tot. Runde beenden. Easy. Wir haben glaube ich, ein bisschen OP. Wir nehmen einfach nicht mehr wieder die scheiß Raketenbomben, das Mistviech weg. Dann platzieren wir uns da ein bisschen günstiger. Wir blockieren nichts. Ich möchte es flawless machen, ohne dass wir Schaden kriegen. Ich platziere mich... Nein, wo platziere ich mich denn? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich mich platziere. Wo ist denn eigentlich da der Unterschied zwischen den 2 Feldern? Das ist ein Sandfeld. Wird das Feld beschädigt, entsteht Rauch. In Rauch gehüllte Einheiten können weder angreifen noch reparieren. Interesting. Ah ja, da hinten habe ich einen Schuss lassen, schau. Stimmt, wenn ich die Raketen da mache, dann kommt hinten so ein Schussblatt raus. Und dann, wenn da ein Viech drin steht, kann es nichts machen. Auch nicht so schlecht eigentlich. Platzieren wir uns ein bisschen netter da, falls wir da ums Eck müssen. Runde beenden. Jetzt kommt jetzt da nochmal so ein Zeckenviech. Oh, das Viech ist neu.
Das haben wir noch nicht gehabt. Das untere Viech haben wir noch nicht gehabt. Das untere Viech schießt in einer geraden Linie über die ganze Map. Aber du kannst den Schuss blocken. Also der schießt nicht oben drüber, wie es der da macht, so, sondern der schießt in einer Linie. Der Glühwurm ist das übrigens. Der mal mit dem. Ich möchte gerne alle töten. Zumindest mindestens den da. Dann hauen wir mal sauber nicht aufs Maul. Da sieht man es jetzt eh. Jetzt schießt er in einer Linie da auf den Berg und der Berg geht, glaube ich, nach 2 Schuss geht er kaputt. Was? 3 Optionen. A. Zermalmen, B. Auseinandernehmen, C. Wegbetonieren. Mr. Lemark, die richtige Antwort ist weder A noch B noch C, sondern was zum Naschen. Gehen wir da oben und dann schießt man einen normalen Artillerieschuss drauf. Oder warte mal. Dann hüllen wir das Gebäude in einen Schorsei. Stirbt da herunten. Und dem da herum, dem kann man nichts da. Wenn wir es nach links schirmen, kriegt das Gebäude Schaden. Wenn wir es nach hinten schirmen und einen Schaden machen, dann kriegt das Gebäude Schaden. Und nach vorn schirmen können wir es nicht, weil wir da nicht hinterkommen. Ja, dann müssen wir leben damit. Müssen wir leben damit. Nichts passiert. Wir haben den Weg eine Abreibung verpasst. Hoffentlich kommen sie nicht zurück. Easy. Easy peasy lemon cheesy. Zivilisten beschützt, alle passive. Ausgezeichnet, beide Prototypen sind unbeschädigt. Ich werde Renfield und seinem Team sagen, dass Phase 2... Wie, wo war Phase 1? Der Einzige, der hier Phasen ausruft, bin ich. So schaut's aus. Region gesichert. Und jetzt geht's weiter. Testgelände. Wir müssen da aufhören. Ja? Hier, Reaktor und 2 Sterne. Primärziel. Testgelände. Wegbedrohung entdeckt. Töte nicht den Sprengweg. Wird interessant. Und beschütze Notfallbatterien. Warten, die Notfallbatterien, das ist wahrscheinlich das Gebäude da. Ja, kriegen wir hin. Hauen wir uns rein, hauen wir durch. Wir gehen da am Blättern. Den stellen wir da oben oder da oben. Was haben wir da? Das ist ein Springer. Das ist ja so ein Skorpion-Typ. Den haben wir auch noch nicht. Das ist der Sprengweg. Den darf man nicht kaputt machen. Das heißt, den muss ich mit der Artillerie umeinander schirmen, ohne dass er Schaden kriegt. Ja, ich hab schon verstanden. Dann machen wir so und so deine Vorstellung. Dann haben wir flexibel genug und ja, los geht's. Simon Eppinger, servus, was geht? Du, das weiß ich nicht. Also schon einiges. Ein wenig, weißt du das eh wissen? Ein wenig into the breach, da ich sagen. So. Mir darf man Schaden kriegen, das ist nicht schlimm. Das haben wir vorher. Wir haben vorher ein paar Runden flawless gemacht, ohne dass wir Damage kriegen, und in den nächsten Runden war nichts Besonderes irgendwie. Also müssen wir nicht zwangsweise ohne Schaden da rausgehen. So. Phase 1. Verschieben. Oh, Alter, das schlagen wir mir, Alter, schau hier, absolut. This is a so-called Pro-Gamer Move. Wir schießen zwischen die 2 Viecher rein. Das eine landet in die Berg drin, stirbt, und das andere verschiebt sich da um und haut ins Leere, kriegt aber keinen Schaden, weil wir es nicht zerstören dürfen. Alter. Easy! Was soll ich jetzt da dazu sagen? Und mit ihm blocken wir da auf alle Fälle mal so ein Mistviech. So. Und mit dem stellen wir uns ein bisschen da so Vierer, dass das Viech da nicht hinterlaufen kann. Passt, nächste Runde. Easy. Sehr schön. Das ist wieder, was ist das wieder für ein Viech? So ein im Bogenschießer, glaube ich. So, der möchte auf das Gebäude schießen. Da möchte der Viech außer. Die nächste Runde, wenn wir upgraden können, brauchen wir unbedingt einen Mech mit 5 Leben oder so, dass der ständig irgendein Bodenplatten blocken kann, ohne dass er nach 2 Runden tot ist. Okay, was der wir mit dir? Du hast 3 Lebenspunkte. Dann gehen wir mit da hin, schauen wir mal, kann man die irgendwie zwingen dazu, dass man da nicht. Das heißt, du gehst einmal sauber da rauf, schirmen wir da um. Den lässt man noch eine Runde da stehen. Und du... Scheiße, jetzt habe ich Kack gemacht. Mit dir wollte ich eigentlich da und die dann vom Gebäude wegschirmen. Oh, fuck, das ist jetzt dumm. Aber dann gehen wir einfach da her. Haha. Artillerie, kann über die ganze Map schießen. Ich kann ja mittlerweile auf Gebäude schießen, ohne dass Schaden kriegen.
Und das Viech kriegt auch keinen Schaden, was sehr gut ist. Aber wir schirmen es eins zurück, sodass es nächste Runde nicht aufs Gebäude schießen kann. So-called Pro-Gamer Move. Runde beenden, schauen wir, was passiert. Und ich hab da schon wieder eine Donation reinflattern sehen. Lese ich vor. Fanny! Also morgen ist ja Feiertag. Kann man dann nicht vielleicht ein wenig länger machen? Bitte, bitte, bitte. Schöner Gruß aus Schrobenhausen. Schau mal, Fanny. Danke dir. Ihr alten Bettler! So, was ist jetzt alles passiert? Das ist aber ein bisschen schwierig. Wenn ich nicht aufpasse, was alles passiert, dann muss ich mir das selber zusammenschauen und dann wird's auf alle Fälle nicht einfacher. Okay, aber es wird einfacher. Das erste, was ich sofort einmal sehe, ist der nächste Pro-Gamer-Move. Unser Tank geht auf alle Fälle mehr aus der Schussbahn von dem Zeckenmistviech und geht daher. Schiebt das Zeckenmistviech da hinten auf die Platten drauf, damit nichts passiert. So, easy. Damit verschiebt sie der Schaden da hinten vom Gebäude weg, passiert also nichts. Bisschen ein Problem wird jetzt das Mistviech. Aber da machen wir denselben Pro-Gamer-Move einfach nochmal. Wir verschirmen das Viech einfach. Oder können wir das anders verschirmen? Na, es sollte eigentlich keinen Schaden nicht kriegen. Wir verschirmen es einfach nochmal nach rechts. Zack, kriegt das Gebäude keinen Schaden, sondern der Berg. Und können wir jetzt noch irgendwas Tolles machen? Ja, einen Ralf müssen wir verschirmen, weil sonst stirbt er. Das ist natürlich nix, eh? Und der geht einfach her und prügelt das Mistviech zu Tode. Weg, wurde dem zum Abbau markiert. Und dann kriegt das da, jetzt können wir sowieso nichts mehr machen. Und dann ist jeder Schaden abgewendet, jeder haut ins Leere und alles ist gut. Los geht's. Beenden! Bitte beenden Sie die Runde, hauen Sie einmal in den Berg hinein, du schießt ins Leere, du Zeckendrecksviech. Jetzt kommen zwei neue Viecher, jetzt wird es langsam interessant. Das wird die letzte Runde, jetzt wird es interessant. Jetzt wird's haarig. Brudi wird haarig. So. Jetzt wird es tatsächlich interessant. Wir haben 4 Attacken auf 3 Gebäude. Irgendwie müssen wir es jetzt zusammenkriegen, dass wir mit einer Aktion 2 Viecher davon abhalten, dass sie auf die Gebäude hauen oder irgendwas deren. Und vor allem der haut auf die wichtige Ding da drauf. Das heißt, muss ich kurz nachdenken. Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, einen Gebäudeschaden kriegen wir. Einen Gebäudeschaden kriegen wir. Und wir müssen auf Teufel komm außer verhindern, den Zecken und den Skorpion. Das andere überleben wir. Stirbt keiner. Mit etwas Glück haben wir eine passive Chance, dass wir es aufhalten. Das heißt, du kannst den Sprengweg anschießen. Es steht aber dort, dass er nicht sterben darf. Das heißt, anschießen darf ihn ja, aber ich wollte es von Anfang an verhindern, dass ich ihn nicht aus Versehen umbringe. Aber das hat sich jetzt sowieso erledigt. Wir hätten noch eine Runde, wir hätten eigentlich in der letzten Runde irgendeinen Panzer oder die Artillerie, im besten Fall einen Panzer, der hat 3 Leben, auf so eine Platten stellen sollen, damit ein Viech weniger rauskommt. Das hätte ich vorhersehen müssen. Machen Dachschaden, das macht nicht so viel, ich sprich aus Erfahrung. Was? Das wird uns nicht helfen. Wir müssen aber verhindern, dass dieses Gebäude Schaden kriegt. Das heißt, unsere Hauptfeinde ist der Skorpion. Das machen wir jetzt mal so. Schiebt den Skorpion weg. Dann. Nein, jetzt kann ich die Webs killen.
Ja, die geht nicht. Es geht nicht, dass ich alle Artillerieflächenschaden auf die 2 unteren. Geht nicht, weil ich nicht daher komme. Ich müsste von da aus da umschießen, damit ich beide triff. Aber gar keine schlechte Idee eigentlich gewesen. Ich komm, und schon haben wir wieder so weit, ich brauche die Bewegung in der Artillerie. Es feit um ein Feld. Um ein verficktes Feld. Wenn ich da umgehe und da drauf schieße, dann kriegt er, warte mal. Nein, das geht nicht. Hau die Krabbe auf die Wespe. Was? Die Krabbe auf die Wespe. Ja, geht auch nicht. Da müsst ihr die da herschießen. Dann schiebt's das Zeckenviech in die Webs rein, aber die kriegt bloß einen Schaden. Sie braucht aber 2 Schaden. Ich komm nicht drum rum. Ich kann nicht verhindern, dass diese Wespe da hinten auf das Haus drauf hat. Ich kann es nicht verhindern. Das breitet sich nach links und rechts aus, oder nicht? Ja. Ati auf die Wespe. Dann kriegt aber die Wespe auch bloß einen Schaden und das Viech schiebt's bloß weg. Das Viech macht aber 2 Felder Schaden. Nämlich einmal auf das Gebäude und einmal auf das Gebäude. Darum muss die Zecke sterben. Oder ich schieb's da aber sie stirbt sowieso. Ati mit Chance. Das überlege ich auch schon die ganze Zeit, Odin, dass ich mein Ati irgendwo so platziere, dass ich in die eine Richtung schieße, ein Viech umbringe und in die andere Richtung ein Fädel hinter mir die Rauchwolken auslasse, dass ich ein Viech betäubt, dass es nicht mehr schießen kann. Geht aber nicht, weil sie mein Ati nicht bewegen kann. Zu weit. Kannst den Rauch einsetzen? Ja, kann ich nur. Also angenommen, können wir einmal demonstrieren. Angenommen, ich schieße jetzt da her. In die Richtung. Dann kommt da her hinten, der Rauch raus. Ich kann den Rauch nicht gezielt da irgendwo hinsetzen und passt. Geht nicht. Wespe haut daneben. Wenn ich da her schieße, haut die Wespe daneben. Ja, das ist richtig. Ach, du meinst da hinten. Wenn ich da her schieße, dann schiebt aber mein Panzer da ins Gebäude rein. Der übrigens dann auch einen Schaden kriegt und einen Schaden am Gebäude verursacht. Die einzige Möglichkeit, die Rakete macht 2 Schaden und schiebt die Krabbe. Ich kann auf die Krabbe nicht schießen. Es ist unmöglich, dass ich auch direkt auf die Krabbe schieße. Ich kann nicht. Selbst wenn ich wollen würde. Bewegung rückgängig. Ich muss mich da herstellen, dass ich da umschießen kann. Ich müsste mich da herstellen, dass ich da herschießen kann. Nein, Ati aufs Gebäude. Ja, stimmt, auch, geht auch. Es ist ein Kopftuch gesprungen. Ja? Es ist Kopftuch gesprungen, ob ich jetzt mit... Ich weiß, was du meinst und genauso werde ich es auch machen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man es hinkriegt. Schießen wir da drauf. Dann kriegt die Wespe einen Schaden, die Zecke einen Schaden. So. Und jetzt habe ich noch einen Mech, der was machen kann. Natürlich, das ist nicht mein Problem. So weit bin ich schon gewesen in meinem Kopf. Das Problem ist die Wespe da hinten. Die haut auch noch auf das Haus drauf und das können wir nicht verhindern. Wir können es nicht verhindern. Entweder die eine haut drauf oder die andere. Das hilft nicht. Darum hergehe, Wespe der Schlong und in den sauren Apfel beißen. Hilft nicht. Das erste Mal haben wir Schaden gekriegt. Ausgezeichnet, Sie haben Boden gut gemacht. Hauptsache, wir haben die Dinger da und wirklich Schaden haben wir auch nicht gekriegt, weil wir gleichzeitig wieder uns eingesammelt haben. Also ist nicht wirklich, wirklich schlimm. Wir werden ihn sichern und Sie rücken mit Ihrer Einheit weiter vor. Das werden wir mir machen. Oh, befördert. Mechbewegung. Wo haben wir den eingesessen? Den haben wir da eingesessen, oder? Und schon kriegt unser Artillerie-Mech eine zusätzliche Bewegung. Was möchtest du mehr im Leben? Ach so, die Wespe nimmt nicht den Platz der Zecke ein. Sorry. Ja, ist ja nicht schlimm, um Gottes Willen. Das, ich mein, wenn Sie das Spiel noch nie gesehen habt, woher sollt ihr es denn wissen? Genau, also selbst wenn die Zecke stirbt bei dem Schirberer, bleibt die Webs auf ihrer Position, wo es war. Aber sie kriegt auch Schaden. Sie rutscht nicht auf das Feld von der Zecke. Richtig. Das habe ich nicht erklärt, glaube ich. Aber habe jetzt auch nicht gewusst, dass ich es muss. Ist ja nicht schlimm. Warum haben sie die jetzt verpisst?
weil jede Spielrunde nur maximal 5 Runden geht. Du musst nicht alle umbringen. Das ist ja gar nicht das Ziel vom Spiel eigentlich, dass du die Viecher killst, sondern nur davon abhältst, dass sie Schaden auf die Gebäude machen. Was im Prinzip deine Lebensenergie ist. Nämlich das da herum. Das Energienetz. Und das ist voll, darum ist es nicht schlimm. So. Können wir eigentlich einkaufen, währenddessen wir spielen? Nö. Aber wir holen uns jetzt den Reaktor da, hoffe ich, das ist das Allerwichtigste, der ist 3 Sterne wert. Hohe Bedrohung entdeckt, das wird richtig asozial. Verteidige den Terraformer, terraformiere das Grasland zurück zur Wüste und vor allem beschütze das Robotiklabor. Das wird jetzt eine richtig asoziale Mission, schauen wir uns an. Wir müssen den Terraformer in dieser Region einsetzen, um Wegtunnel unter der Oberfläche zum Einsturz zu bringen. Ach, da haben wir sogar was davon, wenn wir das tun. Das heißt, dann können sie da nicht mehr aufkommen, oder was? Ja gut, schauen wir uns an. Schauen wir uns an, was passiert. Okay. Wir haben auf alle Fälle schon mit 3 Viecher da. Da kriege ich jetzt schon wieder das Kotzen. Ja, das ist immer dasselbe Spielchen da. Machen wir mal so. So, und kann ich da hinten der AT draufschirmen, dass wir da hinten umeinander gehen können? Schwierig. Gehen wir da her. Gehen wir da her. Schaut gut aus. Los geht's. Kapsel im Anflug auch noch. Jetzt geht's ja nur noch zu. Okay. Diese Kapsel stammt aus einer anderen Zeitachse. Könnte nützliche Waffen haben. Okay. Ja, chill. Chill, okay. Da passieren schon wieder so viele Sachen. Ne? So, was kann das? 1. Terraformer. Löscht alles Leben vor dem Terraformer aus. Das heißt... Ja, super. Scheiß Viecher haben sie alle verpisst. Das bringt mir überhaupt nichts. Aber wir müssen das Grasland. Terraformiere das Grasland zurück zur Wüste. Okay. Das heißt in die Richtung... Ja, ich verstehe schon. Das heißt, wir müssen jede Runde schauen, wir haben ja bloß 4 Runden, dass wir mir auf keinen Fall irgendwo da in der nächsten Runde das Zeug blockieren, damit wir mir das Grasland ändern können. Also Robotiklabor, wo ist das? Das ist da hinten, okay. Das hat einen Lebenspunkt, das passt auch. Da ist die Webs, die können wir killen. Webs bringen wir um. Springen bringen wir um. Dann radelt man mit unserem Panzer da oben, sammelt man die Kapsel auf und schon, oh leck, wie viel Leben hat der? Was? Ja, und müssen wir um Gottes Willen den Typen da unten vom Schießen aufhalten, weil sonst kriegen wir ein Problem. Das ist gar nicht so einfach. Was da will das? GM Chris, merci für den Zwicke. Wie schaut's eigentlich mit Quasi aus? Das schluft hoffentlich nicht wieder ein. Ich weiß nicht, wie viele Quasis haben wir heute schon. Quasi. Mitzählen. Ich weiß nicht, wer mitzählt. Der Wolf zählt normal mit. Tank auf die Kapsel und damit den Schuss aufhalten. Genau das ist der Plan, Sprengi. Genau das war mein Plan. Also, Obacht. Der war weg. Yes, Sir. Jetzt kommt der Tank da nicht runter. Behindert! Was der da jetzt? Mit dem komme ich auch nicht runter. Fuck! Du schießt damit runter. Hätte ich eigentlich in die untere Richtung? Ja, jetzt passieren nur wieder... Du hast dich selbst behindert. Richtig. Dann blockiere ich jetzt das da hier unten. Mehr kann ich nicht mehr, was soll ich machen? Und nächste Runden schießt man da auf. Und die Webs der Schlange. Wie weit kommt der Läufer? Wie meinst du, wie weit der springen kann? Gute Frage, weiß ich nicht. Runde zurücksetzen. Wenn ich meine Aktion gemacht habe, also meinen Angriff gemacht habe, dann kann ich es nicht mehr zurücksetzen. Wenn du dich bloß bewegt hast, das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Aber wenn du abgeschossen hast, dann nicht mehr. Ja, war jetzt dumm. War jetzt einfach gnadenlos behindert. Runde beenden, hilft nicht. Gebäude kriegt Schaden. Fuck!
Unser Mech kriegt schon. Richtig dumm. Richtig dumm, alle. So, jetzt gehen wir erst einmal außen. Schauen wir mal, was da passiert. Okay, Terraforming. Wir terraformen da nach unten. Auf alle Fälle. Jetzt pass auf. Dann geht jetzt einmal der Tank da her. Sammelt die Kapsel ein. Ist wichtig. Müssen wir so und so machen. Das Ding hat 3 Leben. Da springen wir drüber und wir prügeln es da aussehen. Dann machen wir jetzt das so. Na, heute mal. Wir terraformen. Fuck, wieso kann ich nicht da her schießen? Bewegung rückgängig. Jetzt passen wir Obacht. Wir können das Viech instant killen. Jetzt passen wir Obacht da. Dann die Kapsel sammelt man nächste Runde ein, das ist jetzt wurscht. Das Viech können wir nicht killen, glaube ich, gell? Können wir das killen? Ich glaube schon. Jetzt passen wir Obacht. Alles wieder gut gemacht. Alles wieder gut gemacht. Bloß Kapsel müssen wir noch einsammeln. Alles wieder gut gemacht. Wenn du abgeschossen hast, ist es vorbei. That's life. In a nutshell. Literally. Da haben sie sich auch wieder nicht sonderlich schlau platziert, muss ich sagen. Also mit dem hat der schon wieder so viel Leben. Warum? Kill mal das Drecksviech da. Dann kriegt er einen Schaden da hinten. Okay. Ja, hau drauf. Hau drauf, was wurscht ist. Mit der AT killen wir das Mistviech. Stellen wir uns da hinten in Sicherheit. So. Jetzt haben wir bloß noch ihn da. Was tun wir mit ihm da? Den müssen wir eigentlich bloß verschirmen. Eins nach rechts oder nach da oben. Können wir die scheiß Kapsel wieder nicht. Nächste Runde müssen wir die Kapsel einsammeln, sonst haben wir im Arsch. Oder sollen wir es gleich einsammeln? Ich block den Schuss und sammle jetzt ein. So schaut's aus. Mehr passiert nämlich momentan. Okay, passt. Dann Terraforming noch betreiben. In diese Richtung diesmal. Und in der nächsten Runde, in der letzten Runde, müssen wir uns von da verpissen, weil sonst stirbt unser Mech. Schaut gut aus. Schaut sehr stabil aus, Kinder. Schaut sehr stabil aus. So, Schaden haben wir gekriegt. Mein Kanonenmech hat schweren Schaden erlitten. Ja, jetzt hört er mal dein Maul. Was? Jetzt gehen wir voll auf den Terraformer, oder was? Ihr Wichser. Okay. Jetzt schauen wir erstmal, wo der Schaden von dem Ding hingeht. Okay. Das ist ziemlich easy erledigt. Jetzt gehen wir daher, prügelt man den auf die Seiten. Dann gehen wir daher, schirmen Zecken auf die Seiten. Dann gehen wir daher und schirmen die Web. Oh, wobei, wir können es eigentlich auch killen. Ja. Killen wir es, kriegen wir mehrere XP, töte sie. Bam. So, dann nehmen wir einen Terraformer. Und dann haben wir alles erledigt. Robotiklabor ist beschützt, Verteidiger den Terraformer ist beschützt und nächste Runden sollte er sich erledigt haben. Sprengi, du hast deinen Pro-Gamer-Move. Floh los! Fast. Ein bisschen Damage haben wir gekriegt. Aber wir haben ja die wichtigsten Sachen haben wir. Alle Passivdinger, einen neuen Reaktorkern, den wir einbauen können und ein bisschen XP haben wir gekriegt. Und eine Kapsel. Schauen wir, was wir kriegen. Ein Reaktorkern. Brudi. Weil Zecken hießen, versteht's? Flohlos, weil Zecken hießen, versteht's? Sprenge jetzt wird der Blödschiss-Eisberg wird's krass, oder? So, ich glaube, ein Ding haben wir noch. Oh, wir haben zwei Lebenspunkte verloren vom Energienetz. Jetzt der wir aber erst einmal unseren verdammten Mech upgraden. Einmal mehr Gesundheit. Einbauen plus 2 Gesundheit. Damit können wir mit unserem schnellen Dings da Sachen blocken. Gronti, Senf schon wieder. Wo ist der Senf? So, wenn
langsam aber sicher sollte man auch mal irgendjemanden anderen, nämlich den scheiß Tank upgraden, aber der hat nicht viel. Plus einen Schaden. Ja, plus Schaden ist halt schon auch stark. Das sollte man auf alle Fälle als nächstes angehen, wenn wir die Insel befreit haben, dass wir unsere Typen mal ein bisschen mehr Damage machen. Nicht bloß 1 oder 2, sondern einmal 3 oder 4 sogar. Arti, wir haben noch einen Reaktorkern. Wo bauen wir den ein? In die Arti in Bewegung. Aber da haben so viele Punkte in der Artillerie drin, das braucht's nicht. Das braucht's nicht. Was der Mann? Ich bin überfragt. Der eine Reaktorkern hilft uns nicht so wirklich. Wobei die Bewegung schon fucking wichtig ist eigentlich. Der Doppelschuss, der Mech hat 2 Aktionen, wenn er sich nicht bewegt. Das ist auch so scheiß stark, dass es ganz aus ist. Doppelschuss braucht auch 2 Energie übrigens. Also es klang nicht. Entweder wir kann man da einbauen und einen Gebäudeschutz außer da, dafür einen Doppelschuss eine da, dann können wir aber nicht mehr auf Gebäude schießen, ohne dass Schaden kriegen. Ja, es ist schwierig. Schwierig. Das sollte man auf alle Fälle machen, sagt er, und macht sicher nicht. Ja, that's the game, hallo. Ja, eine in der AT. Boosten wir unser AT ohne Ende. Ist wurscht. Und dabei, bis wir nur einen Energiekern kriegen, dass wir einen Doppelschuss aktivieren können, machen wir es wieder ein bisschen langsamer und hauen wir einen Doppelschuss ein, weil der Doppelschuss ist wirklich stark. Der Doppelschuss ist wirklich stark, da kannst du sagen, was du möchtest. Holen wir uns jetzt Krater. Oh, da haben wir Kataklysmus. Wegbedrohung entdeckt. Vernichte mindestens 5 Gegner. Beschütze Kohlekraftwerk. Kriegen wir hauen wir uns rein. Kohlekraftwerk ist da. Außer mit den Viecher, die hauen wir alle zusammen. Aber jetzt haben wir schon wieder mehr Leben. Fick dich. Gehen wir da auf und Arti lässt wir da hinten. Die lassen wir ganz hinten, weil da haben wir die ganze Zeile, wo wir uns bewegen können. Können wir die ganze Map abschießen. Und hinten fällt übrigens, glaube ich, die Map ab. Das ist die, was ich vorher... Ja, genau. Genau, da kannst du Viecher drauf schubsen. Dann sterben sie, wenn sie draufstehen. Was passiert jetzt da? Das ist aber nicht sonderlich schlau, dass er da stehen bleibt. Jetzt ist die Frage, geht der Kataklysmus nach unten und er stirbt? Erst oder schießt er erst? Werden wir ausprobieren müssen. Für das haben wir unseren Mech geupgradet, der jetzt 5 Lebenspunkte hat. Wir stellen uns auf die Plattform. Nein, wir stellen uns nicht auf die Plattform, wir müssen Viecher töten. Zeit ist als Viecher getötet. Vernichte mindestens 5 Gegner. Muss fast so sein. Das heißt für mich, ich bleibe jetzt sicherheitshalber mal da stehen. Mit der AT bewegen wir uns dahinter, aber wir töten dieses Drecksviech da. Damit der sein Passiv verliert. Und mit ihm gehen wir ein Stückchen weiter, da 4er. So. Runde beenden. Jetzt bin ich gespannt, ob er zuerst stirbt oder ob er zuerst schießt. Okay, bye! Sehr wichtig zu wissen. Sehr wichtig zu wissen. So, was haben wir jetzt da? Den da schlagen wir einfach. Den da schlagen wir einfach. So, den da schlagen wir einfach. Was soll ich machen, Alter? Und der Rest, Runde beenden, Alter. Easy. Easy! Effekt vor Aktion ist notiert, richtig. Also die Map-Mechanik ist immer als erstes, dann kommt die Aktion vom Gegner. Ich kann da auch runterfallen. Wie, fällt jetzt da eigentlich das Haus dann runter, oder wie verstehe ich das? Ja gut, für was haben wir die AT, oder? Schuss auf die AT. Nein, einen Panzer da oben schubsen. Das war wieder dumm. Wie der man da jetzt? Rückgängig. Ich verstehe die Aktion vom Gegner nicht. Der stirbt ja nächste Runden. Der kommt ja gar nicht zum Schießen auf das Gebäude, er ist drauf geschissen. Oder? Dann geh jetzt da her, dann schlag ich ihn. Dann geh ich da her und schubst ihn einfach oben. Was überlege ich denn da lang? Verstehe die Frage nicht. Und wenn wir so lustig sein, schießen wir da mit der AT einfach her. Haha, lol. Tschaußen. Ja, easy, Alter. Easy peasy lemon squeezy.
Die Eonauten haben uns gerettet. Ja, natürlich haben wir das tut. Zur Gaudi bin ich nicht da. Zuerst verbrennen wir die weg an der Oberfläche, dann graben wir in die Erde und vernichten sie, wie sie es hier getan haben. Weiter. Region gesichert. Und jetzt bricht es wieder ab. Ja, genau. Dann ist es offensichtlich so, du kannst immer 4 Gebiete pro Insel machen, der Rest wird deaktiviert. Und dann kommt die letzte Mission. 5 Kills brauchst, oder? Jupp. Ich weiß nicht, wie weit YouTube wieder hinten nachhängt im Stream, wie viele Minuten, weil das teilweise Wahnsinn ist. Aber ja, ist ja wurscht. So, letzte Mission. Konzernzentrale. Wegbedrohung entdeckt. Zerstöre den Glühwurmanführer, beschütze Konzernturm. Also dieselbe Mission wieder. Also was heißt dieselbe? Die Map schaut immer anders aus. Und ja, dann müssen wir wieder das komische Glühwürmchen Mistviech da umbringen, das wahrscheinlich wieder 6 oder 7 Leben hat. Eine Wegmonstrosität greift unseren Turm an. Helfen Sie uns bitte ein letztes Mal. Da haben wir doch dabei. Mike, was ist da los? 666 to your face. Habe die Ehre. Urlaub, Bitch. Lul. Ich wünsche dir einen zauberhaften Urlaub. Bei mir dauert es noch eine Woche. Ziemlich genau eine Woche. Können wir uns dann gleich noch ein bisschen drüber unterhalten. Da morgen Feiertag ist, machen wir noch ein bisschen. Ist das in Ordnung? Also ich habe es eigentlich ausgemacht zum Zocken mit ein paar Leuten, aber ein bisschen geht schon noch. Zumindest ein wenig Schmerz. Ist das in Ordnung? Ein wenig Schmerz, ein wenig Urlaub, ich fliege fort und so weiter und so fort. Mission starten, jetzt hauen wir erst einmal nur das Viech zusammen. So schaut's aus. So, Protect, Attack, Oleg. Aber wo stellen wir die Ati hin? Das nervt mich halbe, wenn ich die Ati da in irgendein Loch da aufstellen muss, wo ich dann nirgends hinschießen kann. Und die Viecher da herunten alle ausflippen. Das machen wir jetzt so. Machen wir jetzt so und so. So wieder was ist. So wieder was ist. Sepp Seidel schreibt, die Koblos auf YouTube schreiben, bei Twitch bin ich gesperrt. Sepp Seidel, warum ist das so? Warum bist du denn auf Twitch gesperrt? Mag ich es überhaupt wissen? Oder war es ein Nightbot-Timeout? Alter, was tut denn der für verrückten Scheiß? Brudi! Brudi, was machst du? Der schießt in beide Richtungen, der Penner. Das heißt, den müssen wir jetzt da oberschirmen. Sag ich das richtig? Ja. Das machen wir jetzt so. 2 Fliegen. Warte mal, dann machen wir jetzt erst so. Nein, machen wir nicht. Jetzt passen wir an. Muss ich überlegen. Muss ich kurz überlegen. Schiebung! Ich hätte ihn ja gern da aufgeschoben, dass das Drecksviech da nicht kommt. Aber nächste Runde kommt ja noch mehr Viech. Wir müssen das Viech töten. Je mehr Schaden, desto gut. Ja, schießt dir mal ins Gesicht, das hilft eh nicht. Was soll ich machen? Eine ins Gesicht. Sehr schön. Und jetzt gehen wir da her. Kriegst auch nochmal sofort. Wieso stirbt nicht? Macht das so viel Schaden? Alter, dann lass ihn da. Nochmal Bewegung rückgängig. So, warte mal. Dann gehen wir da her. Das verschirbt ihn auch wieder. Nein, da gehen wir nicht her. Da sterben wir, wenn der 4 Schaden macht, dann sterben wir da auch. Ja, ist ja nicht so einfach. Zuerst den Zeck nach unten, dann scheißt er auf sich selbst, oder? Ist also ein bisschen mein Plan gewesen. Jetzt ist die Frage, wie weit dass wir kommen. Ja, wir dachten so weit kommen. Blocken wir das da. Wir blocken das da. Ganz fucking einfach. Und, weil wir sonst auch nichts damit zum Tor haben, schießen wir einen normalen Ati-Schuss einfach auf das Viech, damit es noch einen Schaden kriegt. Yes, Sir. Der geht ins Lare, der stirbt sowieso, so wie ich das gesehen habe. Und nächste Runden haben wir bloß das Viech da, dann können wir es vielleicht sogar töten. Sehr gut. Jetzt kriegen wir einen Schaden, ist nicht schlimm. Stufenaufstieg haben wir sogar gekriegt. So, jetzt kriegt er einen richtigen Stress. Jetzt bei so. Jetzt hauen wir von oben drauf. Wie viel Schaden können wir maximal machen? 2, 4, 5. Ja, und 4 Schaden brauchen wir. Da brauchen wir nicht diskutieren. Jetzt kriegst du erstmal so eine aufs Maul. Dann kriegst du die Raketen aufs Maul und bist tot. Easy! Dann blockt man auch so ein Scheißding, dass nur ein Viech aufkommt, haben wir weniger zum Tor. Runde beenden. Schaut gut aus. Schaut sehr gut aus.
Das komische Zeckenviech kann nicht viel. Das können wir auch in einer Runde killen. Leicht sogar. Da machen wir jetzt oder so einen. Mit dem blocken wir einfach noch einen, weil es scheißegal ist. Draufhauen. So. Und dann killen wir. Easy. Und aus. Runde beenden. Tank ist zum Tanken da. Sprengi, du sagst es. Und das Viech kann nix. Das hat bloß ein Passiv. Das killen wir auch noch. Kriegen wir XP. Hau drauf, wo du stark bist. Easy peasy. Runde beenden, passiert nichts. Oh, oder passiert noch was? Nein. Konzertturm. Na, passt das. Runde beenden. Keine Gegner mehr da in der Gegnerrunde. Tja, haben wir wohl gewonnen. Es wurde nichts beschädigt. Yay! Mission abgeschlossen. Ich muss zugeben, dass es eine beeindruckende Leistung war. Ohne die Wegmonstrosität auf unserer Insel können wir ruhiger schlafen. Nice! Easy! So. Oh, neue Fähigkeit freigeschaltet, plus 3 Netzabwehr. Jetzt haben wir quasi 18% Verteidigung bei der Netzabwehr. Ja, ist vielleicht für den Schluss gar nicht so schlecht. Sie haben trotz allem die RST-Mission abgeschlossen. Sie haben meinen Respekt verdient, Erna. Alles, was wir Ihnen bieten können. Weiter. Oh, perfekte Insel. Wähle eine kostenlose Belohnung. Schau mal. Was haben wir da? Selbstzerstörung. Waffenklasse beliebig. Was Selbstzerstörung? Haben die Mechs dann eigentlich in der nächsten Mission wieder da? Das weiß ich nicht. Und der Mech explodiert, zerstört sich selbst und alle benachbarten Mechs. Das ist eigentlich schon witzig. Wenn er dann auch wieder da ist. Was haben wir da? Henry Quan. Mech kann sich durch gegnerische Einheiten hindurch-bewegen. Boah, das ist auch stark. Und Fähigkeiten hat er plus 1 Mech-Reaktor. Das ist ja saustark. Was haben wir da? Plus 2 Energieüberschuss. Nein, die können wir nicht brauchen. Dann nehmen wir Henry. Tu mir her, Henry. Schauen wir mal. Wir haben 8 Konzernreputationen, mit denen wir einkaufen können. Schauen wir mal, was wir kaufen können. Was haben wir da? Oh, lecker Doppelraketen. Was ist denn das für ein verrückter Scheiß? Seht ihr das auch anständig oder ist das zu klar? Schießt 2 Raketen auf 2 Ziele. Dann haben wir so ein Passiv, das ist auch geil. Gebäude erhalten einen Schild, nachdem sie Schaden erleiden. Ist auch nicht so schlecht, aber sie kriegen trotzdem einen Schaden. Gefällt mir nicht so gut. Was haben wir da? Ja, das ist so eine Wissenschaftsfunktion, die können wir nicht benutzen. Ah, das ist ein Shuttle-Werfer. Siehst du das da herum? Der Shuttle-Werfer ist auch so fucking overpowered, dass es ganz aus ist. Dann kannst du einfach gegnerische Schläge einfach blocken und es ist scheißegal. Super stark. Für 1 Stern ist wirklich stark. Was haben wir da? Waffenklasse beliebig. Fliegt über die Ziele und wirft Rauchbomben ab. Ist auch ziemlich geil. Springt über einen Gegner drüber und dann reichert er den ein und der Gegner kann nichts mehr machen. Er bricht seinen Angriff ab und kann nichts mehr tun. Schon ziemlich geil. Warte, die packen wir mal noch raus. Ja, ist echt gescheit. Ja, ist ein bisschen winzig, ich weiß schon. So, was wir mal da könnten, ist das Zeug da verkaufen. Waffe verkaufen. Bringt Reputationspunkte. Ja, verkaufen wir. Brauchen wir nämlich nicht. Die anderen Sachen sind ausgerüstet und da... Jetzt ist die Frage, hat man die Piloten in der nächsten Runde nochmal? Mech-Bewegung, Netzabwehr, Mech-Reaktor, Mech-Bewegung. Ist gar nicht so stark, wie ich gemeint habe, der komische Pilot. Mich würde das interessieren, dass man in der nächsten Runde, ob man diese Piloten verkauft dann doch deine andere Wissenschaftsfähigkeit. Der erste kann nichts, weg damit. Ich weiß halt nicht, ob ich den dann später nicht wieder benutzen kann. Das weiß ich gerade nicht. Und ja, der bleibt. Wölfchen, woher weißt du das? Dann verkauft man. Dafür kaufen wir uns 3 Reaktorkerne, das sagt der ich. Hab ich jetzt einfach da, ist mir wurscht. Weiter. So, jetzt wird es erst richtig lustig. Entweder wir bauen jetzt 3 Reaktorkerne ein und geben wir seinem Punch plus 2 Schaden. Der Sprungschuss. Er hat so einen Charge. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Der macht sogar 2 Damage, das ist auch nicht schlecht.
Der Tank, was kann denn der Tank? Den kann man mal einen Reaktor einbauen und +2 Gesundheit geben, damit der auch was blocken kann. Einbauen +2 Gesundheit. Mag ich einfach haben. Was kann man der AT noch geben? Der bauen wir auch einen ein und können wir einen Doppelschuss aktivieren. Ja, Bewegung raus, Doppelschuss aktiviert. Jetzt haben wir noch einen Reaktor. Kann man der AT wieder eine Bewegung geben? Dem kann man nichts mehr Anständiges geben, dem auch nicht. Der AT noch mehr Bewegung geben. Weil warum nicht? AT saustark. Gib ihm. Bewegung. Und beim nächsten Mal geben wir ihm dem Ding auch noch +2 Gesundheit. Für einen Reaktor. Dann kann die auch noch was blocken. Ab in die Atti! Ja, Insel verlassen. Jetzt schauen wir uns aber noch eine Mission, schauen wir uns noch. Und dann werden wir noch ein bisschen labern und dann ist Schluss für heute. Nicht eingesetzte Konzernreputation geht verloren, wenn du jetzt gehst. Fortfahren. Nein! Ja, wenn, dann kaufe ich mir noch schnell was ich später wieder verkaufe. Das ist ja... Dann kaufe ich halt den Passiv da jetzt. Muss man den irgendwo einbauen? Ja, tatsächlich. Autoschilde. Mei, besser wie nix. Und später verkauft man wieder. Jetzt passt's. Insel verlassen. Ab in die Schneewelt. Jetzt machen wir die erste Mission noch. Dann schauen wir weiter. Bei der Pinnacle Robotics Zentrale. Ich heiße Sie im Namen von Pinnacle willkommen. Das Klima auf unserer Insel ist für Menschen nicht geschaffen. Aber die niedrigen Temperaturen sind wichtig für die Maschinen. Okay. Was haben wir da? Oh, Lüftungsfeld, schau dir die so. Hohe Bedrohung entdeckt. Verteidige die Roboter, beschütze das Militärlabor. Dann kriegen wir noch mehr einen Reaktor hinten hochgeworfen. Eine ins Lüftungsfeld, Alter. Die Verbindung zu den fühlenden Minenlegern ist abgebrochen und jetzt folgen Sie alten Routinen. Beschützen Sie diese blinden und hilflosen Kreaturen. Okay. Auwitzwock. Da ist aber schon gleich ganz schön was los. Da haben wir auf alle Fälle mal 4 Viecher, passiv. Oh. Okay. Ja, wird halt auch nicht leichter, gell? So. Bestätigen. So, jetzt müssen wir auf diese komischen Spinnenviecher da aufpassen. Wenn mich nicht alles täuscht, scanne Region nach nützlichen Ressourcen. Das ist der Minenbot. Was tut denn der Minenbot? Ach, der kämpft selber, oder was? Was tut die Mine? Was kann die Mine? Explodiert die, wenn ich da Viecher drauf schieße? Oder was ist das? Ah, der gefriert Viecher bei. Ja, musst du sagen, oder? Ich muss du sagen. 2 Leben. Kann man die steuern? Nein. Das Viech, da schlagen wir jetzt erst einmal, das sagt ich. Ich kann dem da sowieso nichts tun. Kriegen wir schon wieder einen Schaden, ohne dass ich was dagegen tun kann. Weil dieses depperte Minenviech da herfahren muss. Da müssen wir herschießen, damit wir den da was ist denn das für eine Mission? Muss ich nachdenken. Das da unten kriegen wir nicht down. Das kriege ich auch nicht down, weil ich da nicht hinlaufen kann. Weil, was sind denn diese Minenbots für Vollidioten? Mit der AT in den Eisblock schubsen. Das ist... Kann man sie in den Eisblock schubsen? Sie können trotzdem angegriffen werden. Fahr den Tank zur Seite, dann kann der Nahkämpfer ran. Ja, das ist auch so halb der Plan, aber ich verliere... Ich möchte so gern das Viech da wegschirmen, aber da steht dieses Drecksmistviech, das ich nicht umbringen darf. Ich muss auf alle Fälle das Militär, wir müssen den Schaden da in Kauf nehmen, weil es nicht hilft. Das hilft nicht. Dafür machen wir es so. Blockieren.
Einfach bloß für den Schaden. Und das Ding muss sterben. Dann haben sie weniger Leben. Haben sie nicht. Wieso haben die nicht weniger Leben? Oh, fuck. Ah, wird nicht einfach. Wird nicht einreichern. Habe ich auch kurz überlegt. Aber dann kriegt er unten etwas Schaden. Und das ist Kackmist. Wie viel Schaden haben wir jetzt gekriegt? Wieso macht denn das so viel Damage auf das Gebäude? Wieso behindert? Ich hab doch diese Passivschilde. Okay. Die hat nicht auch so blöd und von freiwillig in das Eis zeigt da eine. Idioten. Kann ich wieder nicht verhindern. Das kann ich wieder nicht verhindern, weil diese scheißbehinderten Spinnen sich von selber bewegen. Und die scheiß Eisdinger alles blockieren, was irgendwie da ist. Dann blockiere ich jetzt einmal das da. Voll behindert. Also völlige Behinderung. Kannst du die nicht nach unten schubsen? Nicht ohne dass Schaden kriegen. Ich kann, warte mal, das war ein Plan. Jetzt warte mal. Den schubst man auf die Seiten. Schießt er da drauf, killt das Viech. Das Viech ist jetzt frei, das ist mir wurscht. Mit ihm. Ich kann halt keinen Schaden machen. Das ärgert mich ein bisschen. Das passt schon. Hat der jetzt immer noch beide Leben? Oh, das ist dumm. Da habe ich nicht gewusst. Ich habe da nur noch ein Leben, aber er blockt es trotzdem. Es ist wurscht. Also kann ich mich mit dem nicht mehr bewegen? Das weiß ich nicht. Dann schießt man da auch noch. Ja, es ist zumindest ein bisschen Schaden abgewendet. Also es passiert nichts Schlimmes. Unser Mech kriegt einen Damage, das ist egal. Das auch. Für das haben wir es ausgebaut. Er schießt jetzt da oben. Ach, die können die Minen zusammenschießen. Das ist interessant. Okay. Auch nice to know, habe ich auch nicht gewusst. War Viechbar. Was ist das für Viech? Das glaube ich ist so ein Charger, der fährt in einer Linie. Okay, schauen wir, was passiert. Okay, aufs Haus. Auf das Mechviech. Auf das Mechviech. Was zur Hölle ist das denn? Oh mein Gott, was zur Hölle ist das denn? Es wird nicht einfacher, Kinder. Es wird nicht einfacher. Kriegen wir wieder Schaden aufs Gebäude, ist garantiert, und zwar ordentlich sogar. Können wir da irgendwann killen? Nein, können wir nicht. Der hat sich einbunkert. Ach, Kim, Alter. Absolute Schweinenummer, Alter. Was ist denn das für... So, da machen wir jetzt einmal so. Den schubsen wir da um. Alter, ich komm nicht mehr mit, da musst du echt aufpassen. Ja, ich sag ja, die ersten zwei, wie bei Faster den Leuten, die ersten 2, 3 Systeme sind fucking simpel und dann zirkt's massiv stark an. Genauso da auch. So, wir bringen wir jetzt in Sicherheit, wir kriegen einen Roboter, können wir nicht verteidigen. Scheiß auf die Roboter, das hilft nicht. Da ist das da wichtig, gell? Scheiß auf die Roboter. Roboter nicht wichtig. Wie viel Leben hat der? Einen. Gebäude verteidigt. Den können wir nicht verteidigen. Ich glaube, mit einen Roboter können wir vielleicht sogar verteidigen. Jetzt pass auf.
Den schirmen wir da auf. Und den prügelt man da auf. Das heißt, er killt ihn. Er vielleicht sogar noch bevor er schießt auf meinen Tank. Walek, der macht wie viel Schaden? 3. Bist du vollkommen besoffen? Was? Ja, okay. It is what it is. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das jetzt hier hat, wie ich es mir vorstelle. Ja, sehr gut. Sehr gut. Beide Daumen nach oben, aber jetzt kriege ich da unten die Roboter stirbt. Den kann ich nicht helfen, das hilft nicht. Ach, dann verliere ich beide Sterne, wenn ein Roboter stirbt. Ja, dann ist es eh schon. Verteidige den verbliebenen Roboter. Das kriegen wir hin. Schauen wir mal. Oh mein Gott, jetzt geht total die Welt unter der Euro. Okay, der Sprengi springt wieder umeinander. Oh, so stark geht die Welt gar nicht unter. So stark geht die Welt gar nicht unter. Verschirmen. Da schlungen wir. Verschirmen. Und schon müssen wir es geschafft haben. Das Allerwichtigste ist bloß, jetzt hat ein Roboter überlebt, das passt. Und das Militärlabor ist das Allerwichtigste, damit kriegen wir diesen Reaktor. Nehmen. Hat sich erledigt. Was zeigt die Angriffsfolge so am Anfang? Das ist ein sehr guter Punkt. Wahrscheinlich die Angriffsreihenfolge von den Gegnern. Fuck, das hätte man vielleicht vorher schauen sollen. Ja, aber learn it the hard way. Sonst ist er langweilig. Ich weiß, dass sie es tun mussten, aber wenigstens hat eine der Maschinen überlebt und ihre Serverschwestern werden dafür dankbar sein. So, haben wir noch mal einen Reaktor gekriegt und den bauen wir jetzt noch schnell ein. Und dann sage ich euch, wie es ist. Hoffe, hat euch das Spiel gefallen. Da, Gesundheit +1 für die Artillerie. Rein damit, nehmen. AT voll ausbauen, los geht's. Und was sagt's? Eines der besten Indie-Games, die ich kenne. Sag ich dir, wie es ist. Sag ich dir, wie es ist. Da kannst du Stunden damit verbringen. Das wird lange Zeit nicht langweilig. Lange Zeit wird das Ding nicht langweilig. Wie viel ist das Game? Du wirst wahrscheinlich meinen, wie viel das kostet. Ich glaube, auf Epic 3,74 €. Also für 3,74 €, wenn du Interesse hast, brauchst du wirklich nicht überlegen. Also gibt's auch auf Steam. Da kostet es aber 15, glaube ich. Ich hab's umsonst gekriegt von Epic. Vor irgendwann mal, keine Ahnung. 15 € sage ich, dann musst du das richtig gern mengen und dann musst du das richtig feiern. Sage ich, ist es trotzdem wert. Aber für 3,74 € auf Epic, ernsthaft, wird da wirklich nachdenkt? Bloß weil es dann musst du deinen Epic Launcher installieren. Ja, früher oder später bleibt da sowieso nichts anderes übrig. Noch ist es keine Werbung. Okay? Es ist einfach nur, ich mag dieses Spiel und ich habe euch schon ein paar Mal dazu gebracht, sich bestimmte Spiele anzuschauen, die man nicht kennt. Ja, ist halt leider kein FTL. Stimmt. Aber die Spielprinzipien haben sich schon extrem ähnlich. Vor allem das Progress-System und das Leveln-System und Aufwerten-System und Gegner wird stärker, du bist stärker System. Aber es ist die Kern-Gameplay-Mechanik ist halt auch andere einfach. Das ist eh klar. Ah, wundert mich, sprenge ich, dass die das nicht? Ich weiß es auch nicht. Musst wahrscheinlich einmal selber ausprobieren. Hätte eine externe Seite, die einen Steam-Key für einen 5er verkauft? Ja, warum auch nicht? Wenn du eine findest, dann nimmst du halt die. Allerdings auf eigene Gewehr natürlich, wenn du abgezogen wirst, weißt du das eh. Epic hat jede Woche Spiele gratis. Ich nehme auch alles mit, was nichts kostet. Man weiß ja nie. Du tue ich genauso. Ab und zu locke ich mich mal ein und nimm's mit. Granti, die Sprühe kann schon was. Das freut mich. Ich hoffe, Sie hatten einigermaßen Spaß und ich habe es einigermaßen halbwegs anständig erklärt, soweit ich selbst das Spiel kenne. Ich habe es jetzt auch längere Zeit nicht mehr gespielt und vor dem Stream nicht so viel gespielt wie manch andere Sachen. Aktuell Borderlands 3 kostenlos auf Epic, falls wer noch nicht mitgekriegt hat. Sprengi, das ist ein schöner Tipp. Borderlands 3 kann man mal mitnehmen, da ich sagen. Factorio war besser. Ja, das ist ein komplett anderes Spiel. Das ist übrigens Factorio, was der man nächste Woche, da schmerzen wir jetzt gleich noch. Jetzt machen wir erst einmal. Das bleibt genauso gespeichert übrigens. Lass mal ein bisschen die Musik im Hintergrund laufen, weil warum nicht?
Also mir hat es überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ja, man muss ja bloß einmal, wie soll ich sagen, mit offenen Augen umeinander rennen. Auch sehr viele Indie-Spiele sind so gut, weil sie diese Entwickler halt noch was denken und nicht einfach nur Geld verdienen wollen, sondern beides. Und dann ist das in Ordnung. So, was tun wir nächste Woche? Was tun wir am Montag? Was tun wir am Mittwoch? Das sind meine letzten 2 Streams vor meinem Kurzurlaub, wo ich eine Woche nicht da bin. Was tun wir? Sollen wir nochmal ein Video-Review machen? Ich weiß auch nicht, das hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht. Was machen wir? Ja, ich habe mir jetzt auf Epic ausgelassen und es macht echt Bock. Herr Billinger, ich wünsche viel Spaß. Bei 3,75 € da rechtfertigt mich auch nicht lang, wenn das Spiel scheiße ist. 3,75 € ist 1,5 passt. Pizza Connection Retro. Nochmal Video-Review und einmal Blade-Schmerz. Ist eine Idee, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Der Zapter schreibt V-Rising. Damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Ich habe schon mitgekriegt, dass das in die Steam-Charts gerade ziemlich weit oben ist. Sollen wir uns das einfach mal anschauen? Ich weiß nicht, ob das was für ein Stream ist. Ich weiß es nicht. Warcraft 3 zu 24 aufs Maul hauen. Wie gibst du auf das jetzt? Ja, wie? Rising. Bist nicht zufällig am Gardasee oder auf Malle? Nein, bin ich nicht. Command & Conquer. Community-Zug. Schau dir mal Inscription an. Was war das gleich wieder? Scheiße, was war? Hat man das nicht sogar? Warte mal schnell. Inscription. Das tatsächlich beste Spiel des Jahres. Inscription. Vor 6 Monaten kommt der Hand of Uncut. Muss ich schnell reinschauen. In dieser widerlichen Hütte. Sei still oder ich reiße dich in Fetzen. Warte mal, kann man mal schnell reinschauen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Monitor YouTube-Video schauen. Ach fuck, das ist wieder nicht. So, das ist übrigens der Hand of Blood. Einer der besten, wenn nicht der beste deutsche Let's Play Creator, den es gibt. Was ist das? Was hat er ich konnte jetzt nicht so schnell lesen. Okay. Hier haben wir eine große Tanne. Und da kommt fucking Grizzly, der 4,6 hat. Schaut nach Kartenspiel aus. Ich lasse mal ein bisschen Viere laufen. Ich nehme mal testweise einen Wolf. 4,2. Das wärmende Feuer steigert die Kraft. Aber warum hat der eine gesabbert? Einer der Überlebenden streckt die Hand nach der Kreatur aus. Jemand anders knirscht mit den Zähnen. Ohne ein weiteres... Ist das, was ist denn das für eine Art von Spiel? Was ist das? Und da gibt es Metaspiel in der Hütte, wo das Kartenspiel stattfindet. Das Pixelgrafik-Kartenspiel Horror-Ding. Okay. Hey, was tut denn der Henno da? Ich hab mir schnell was angeschaut, was er da spielt. Ich bin mir nicht sicher, mir kommt es schon ein bisschen bekannt vor, aber ich habe es mir nicht vom Hand of Blood angeschaut. Horror TCG-Taktik. Horror? Echt jetzt? Hansel, merci für deinen Euro, Bussi aufs Nussi. Jetzt glotzt mein Number 1 YouTuber, mein Number 1,5 YouTuber, ja Kruzifix, jetzt brauche ich Weizen. Also ich schaue nicht viele YouTuber, aber wenn, dann ist der Henno dabei. Ja, also den kenne auch ich. Auch wenn ich mich nicht mit großen YouTubern auseinandersetze, aber jeder, der auf YouTube unterwegs ist und sich für Gaming interessiert und einen Henno oder einen Hand of Blood nicht kennt, spinnst du, oder? Wie hieß denn dieser süchtig machende Indie-Rogue-Shooter, wo man vor Pixel irgendwann nichts mehr sieht? Hast du Vampire Survivors gemeint oder so? Aber ich glaube nicht, dass uns das 2 Stunden unterhält, sage ich dir ganz ehrlich. Das habe ich übrigens. Das habe ich. Kostet auch 2 Euro irgendwas, wen interessiert denn 2 Euro irgendwas? Hey Birger, wie wär's mit Don't Escape 4? Das kenne ich nicht. Wen schaust denn du sonst noch so auf YouTube? Hauptsächlich random. Ich lasse mich hauptsächlich von meinen Empfehlungen berieseln. Was schaue ich noch? GameStar. Ein Ofenkäse. Game 2 und Rocket Beans. Ein Behind. Ein Ultralativ. Cold Mirror. Cinema Strikes Back habe ich drin. Ein CO habe ich drin. Ein Kurt Cass habe ich drin, den finde ich ganz witzig.
Ein paar Warhammer Channel, Black Magic Craft, Miniac und solche Geschichten. Ja. An Mr. Wissen to Go nicht vergessen. Ja, immer wieder mal. Also ich verfolge, es gibt glaube ich niemanden, den ich wirklich aktiv verfolge, da wo ich richtig drauf warte, wann das neue Video kommt. So einen gibt's nicht bei mir. Ich lasse mich einfach berieseln. So, mir ist jetzt langweilig, ich schaue mir irgendwo so, schaue mir Empfehlungsseiten an und klicke irgendwo so. Und dann geht's los. Durch die Empfehlungen durch, einfach mal Startseiten aktualisieren und so weiter. Rotkopf-Steff! Das habe ich dir vor Zeit schon mal empfohlen, das hast da aufgeschrieben gehabt. Echt gut für einen Stream, taugt so weit, bitte, 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 spiel's mal. Ja, dann nächstes Wochenende. Nächsten Mittwoch. Einfach mal reinluden. Ja, machen wir Indie-Mittwoch. Machen wir schon eine ganze Zeit lang. Angefangen mit Factorio und so weiter. Das Inscription ist auf der E3 vorgestellt worden. Wahrscheinlich hast du das da gesehen. Kann auch möglich sein, ja. Ich folge einem Bürger, kennst du den? Keine Ahnung, ey. Der Flash Build schreibt, als ich in Dublin war, bin ich übrigens an einem Warhammer-Shop vorbeigekommen und habe an die denken müssen. Ich darf gerne auch mal wieder in so einen Games Workshop eingehen, einen richtigen. Gibt's bei uns halt in Umkreis von keine Ahnung wie viele Kilometer nicht mehr. Und da war in dem letzten bei meinem Pap in Minge, das ist jetzt 20 Jahre her oder 25 Jahre, da war relativ zu Fuß damals noch erreichbar, habe gar nicht anders kennen. War schon ganz witzig. Aber da war halt der kleine Stoderer, war halt in der Großstoderer völlig lost und weiß überhaupt nicht, oh Gott, lauter erwachsene Nerds, ich mag da glaube ich nicht sein. Einen gemütlichen Abend wünsche ich euch allen und Birgit dir natürlich auch und das Beste, eine gute Nacht, habe die Ehre. Mr. Bongo, da hauen Sie sich hinein, es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Gute Nacht. Musst aber Kreditkarten daheim lassen. Die muss ich daheim lassen, ja, das stimmt. Was nehmen wir nächste Woche? Inscription. Mal, was kostet Inscription? Also für einen Stream, wenn es 30 Euro kostet, ist aber ein bisschen fragwürdig. Inscription. Ein 20er. Ist schon nicht so wenig, oder? Gibt es das nicht? Oh, äußerst positiv. 65.000 Mal. Was bitte? Okay. Okay. Video-Review und Pledge-Mats. Zweiter Versuch. World of Tanks. Unter 2 Stunden kannst du das zurückgeben. Spreng ich das nicht ganz unrecht. Dann doch lieber Super Seducer 3. Gibt es mittlerweile eigentlich? Wollen wir mal Steam schauen? Super Seducer. Da gibt es das 3 immer noch nicht auf Steam. Das ist ärgerlich. Was hältst du von Evil Dead The Game? Habe ich mir noch nicht angeschaut. Hätte eine gute Seite für einen Key für 15 Euro. Ich hätte jetzt da sowieso einmal geschaut. 15 Euro? Ja, gut, auf den 5er ist dann auch geschissen. Ich sag das, was es ist, ich weiß es noch nicht. Die Wilden haben genug gespendet. Ja, das heißt nicht, dass ich das Geld sinnlos aus dem Fenster werfen muss, oder? Das ist ja klar. Natürlich tut mir der 20er nicht weh. Ja, aber 5 Euro sind 5 Euro. It is what it is. Ja, ich habe auch schon eine Retro-Reise, habe ich auch schon gedacht. Warcraft 1, 2, 3. Keine Ahnung. MMOGA Inscription, 15 Euro. Das heißt, da kann ich mir über meinen eigenen Link kaufen und krieg dann wieder 1,50 Euro zurück. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, glaube ich. Ich habe übrigens für alle, die Keys kaufen irgendwo, ich bin Partner bei MMOGA. Achtung, Werbung. Gibst den Code Birger ein, kriegst nur mit 3% bei MMOGA. Hat bei mir noch nie was gefeit, noch nicht einmal. Jeder Kontakt mit dem Kundenservice zum Zurückgeben und so weiter und so fort hat immer reibungslos geklappt. Immer. Ja, wenn du das Spiel da billiger findest, feel free. Super Seducer 3 wird leider nicht auf Steam kommen. Haben wir damals, glaube ich, schon rausgefunden. Warum haben wir keinen Command für MMOGA? Das ist eine gute Frage. Ja, Link ist in der Beschreibung. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Steffi B., das hört sich gut an. Also ich bin auch irgendwo zwischen nochmal Video-Review, weil egal, wir können das Internet niemals ausschauen. Und das war am Montag, hat euch wieder taugt, mir hat es wieder taugt. Es waren echt interessante Videos, da war alles dabei. Lustig, ein bisschen Kruzifix, ein bisschen interessant, ein bisschen von allem. Das war echt cool. Das hat mir wirklich taugt und über 1500 Leute gleichzeitig im Stream sprechen eine deutliche Sprache, Alter. Fertig aus Amen. Und was wir am Mittwoch dann deren irgendein Indie-Game oder wirklich einfach Prä-Urlaubs-Pledge-Mats, das sehen wir dann. Ja, das wird wahrscheinlich sowieso folgendermaßen laufen. Jetzt sind nicht so viele Leute da. Ich mag eigentlich auch gar nicht, dass das... Eigentlich ist es mir wurscht, so wie das ist. Ich fliege davon
endlich das erste Mal seit 11 Jahren fliege ich endlich in den Urlaub. Und wann? Morgen in einer Woche. Eine Woche lang. Du hast keine Vorstellung, wie dermaßen, dass ich mich da gefreut drauf. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vom Fliegen tut der Arm immer so weh. Du bist so im Arsch, das ist unfassbar. Ich sag's auch schon seit ein paar Wochen, ich bin dermaßen urlaubsreif, ich muss weg von dem Kasten da. Ich sag's euch, was es ist. Muss einfach nur, das ist ja nur eine Woche. Ja, 7 Tage länger können wir auch gar nicht, weil der Mann muss auf Katzen und auf Hund aufpassen und aufs Haus aufpassen und alles und überhaupt. Also ich bin da, meine Bude steht nicht leer, falls jemand auf irgendwelche lustige Ideen kommt. Der Content Grind ist real, ist er nicht. Sag ich dir ganz ehrlich, es ist nicht nur der Content Grind, aber ich habe da eine normale Arbeit auch noch. Ja? Also ich sitze einfach 24/7 vor dem Kasten und irgendwann ist vorbei. Ja, der letzte Urlaub war irgendwann an Weihnachten, das ist ein halbes Jahr her, es reicht jetzt. YouTube Urlaubsankündigungsvideotitel, Sie fliegen. Sprengi, das ist der beste Titel, den ich jemals gehört habe. Für die Sommerpause, ja. Also ich werde kein YouTube-Video machen, dass ich jetzt eine Woche weg bin. Es ist ja eine Woche dann dementsprechend kein Stream, aber das sage ich dann am Montag noch und am Mittwoch auch. Und sprichwörtlich nächste Woche um diese Zeit steige ich 5 Stunden später im Flieger ein. Das heißt, ich muss durchmachen. Das heißt, wir werden streamen, ganz normal, und dann werde ich um 10, 11 irgendwann aufhören. Dann muss ich für den Chris noch was machen, den muss ich sein neues Trachtmann-Heft noch übersetzen. Das kann ich nächsten Mittwoch in der Nacht machen, geht nicht anders. Und dann um 3 in der Früh oder so, oder um 4 in der Früh, verpisse ich mich und der Flieger geht, glaube ich, um 7 in der Früh. Das heißt, 2 Stunden vorher muss ich da sein, dann müssen wir fahren um 3, 4, irgend sowas und dann geht's los. Das heißt, da brauche ich gar nicht schlafen, da hau ich mich, mache ich einfach durch. Das hilft sowieso nicht. Und wo geht's hin? Es geht nach Kreta, auf die Insel, auf der ich schon 35 Mal war. Egal, ist mir scheißegal. Wir haben uns ein sehr schönes Hotel ausgesucht, nicht mit Privatpool, wollte ich, ist aber zu schweineteuer für das, was man kriegt. Mit einem Shared Pool. Und direkt am Meer, Hotelanlage, egal. Einfach ohne Kinder, ohne alles, eine Woche lang. Wird gut, ich hab Bock, Alter. Ich werde so viel Fisch fressen, das kannst du nicht, so viel Kalamari in mir einstopfen, wie ich gerade irgendwie in mir einstopfen kann. Ich werde da ist Privatstrand, da werde ich liegen und werde irgendwelche Bücher lesen. Ich werde es tun. Versprochen, ich werde dieses Mal werde ich es tun. Ich hab natürlich mein Handy dabei. Ja? Ich brauche, ohne Scheiß, ich brauche dermaßen wie nennt man das? Social Media, Internet Detoxing, wie ich nur irgendwie kann. Ja? Ich muss weg da. Ich muss weg hier, weil ich narrisch werde. Ich merke es richtig in mir. Je netter dieses Datum kommt nächsten Donnerstag, desto lästiger wie ich. Auch gegenüber im Stream, bin ich jetzt so ehrlich. Sag ich habe jetzt eigentlich keinen Bock nicht. Ich möchte, dass jetzt nächsten Donnerstag ist. Für mich fühlt es sich so noch so richtig wie ein kleiner Bub. Legt noch 7 Mal schlafen und es ist soweit. Eine Woche keine Arbeit, eine Woche kein Stream, eine Woche kein Video, kein fucking gar nichts. Alter, ich werde mir dermaßen für Kalamari mit Tzatziki einschoppen. Richtige Kalamata-Oliven mit Tzatziki und Knoblauch. Leck, ich kann überhaupt nicht, oder ich flippe aus. Ich möchte sofort jetzt da oben, weil ich die Schnauze voll habe. Aber nur noch. Ich sag das, wie es ist, Alter. Machen wir heute den Retro-Mai mal voll Montag-Video-Review. Was? Machen wir heute den Retro-Mai voll Montag-Video-Review und Mittwoch Inscription. Das ist so gut, das Spiel. Das spielen wir schon noch. Das spielen wir schon noch irgendwann. Ich kann dir nicht sagen, wo ich ich weiß es noch nicht, was wir nächste Woche tun. Wie du vielleicht gerade bemerkst, habe ich so viele andere Sachen im Kopf, dass ich endlich mal eine Woche Ruhe habe, weil es echt reicht jetzt. Und dann werde ich mir an den Strand lenzen, fressen, mir so viele fucking Cocktails, alkoholfreie Cocktails, saufen, bis ich kotze und auf Nacht so unfassbar viel Kalamari, Fisch, Kartoffeln, Tzatziki, Bifteki, Souvlaki, was weiß ich, ins Maul einschirmen, bis ich kotze. Herr Killer Pro, ja, alkoholfrei.
weil ich in meinem Urlaub was haben will und nicht strunzrotzenvoll am Strand umeinander kugeln will. Richtig! Und ganz ehrlich, hast du wirklich Bock, bei 35 Grad saufe ich genau einen Cocktail und bin bratfertig, dann kann ich mich ins Zimmer eilen und habe absolut gar nichts davon. Genau das wird passieren. Freust dich schon auf Horror, Mr. Marco Huber, selbstverständlich. Ein Jahr später habe ich wieder Bock drauf. Dann habe ich wieder ein Jahr lang keinen Bock drauf. Verstehe ich nicht mit meinen 29 Jahren. Da frage ich dich in 5, 6 Jahren einmal, wenn es dann ungefähr nicht mehr 2 Tage oder 1 Tag brauchst, sondern 6 Tage zum Ausnüchtern brauchst. Dann frage ich dich nochmal. Der Edin schreibt, Gott, Mann, du brauchst den Urlaub dringend mit dem Salt. Was? Gott, Mann, du brauchst den Urlaub dringend mit dem Salt. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst damit. Ich weiß, was Salt ist und Saltiness ist und so, aber ich weiß nicht, was du meinst gerade. Ich gebe einer noch 10 Sekunden Hunger. Ist doch immer das Gleiche da. Sankrap, leider hast recht, habe ich nicht gelesen. Zwölfchen schreibt, doch, du hast 2 Tage Schädelweh vom Saufen und Sand anstellen, wo du ihn nicht haben willst. In der Code-Kache, sag's nur, wie es ist. Ja. Wann gibt's eigentlich wieder Horrorstreams? Im Oktober gibt's die wieder. Vorausgesetzt, es gibt brauchbare Horrorspiele. Weil diese 0815 Drecks-Horrorspiele, die alle so schlecht sind, dass ich kotze, die tue ich mir halt nicht an. Oh Gott, hab ich Bock auf diesen Urlaub. Ich kann's da überhaupt nicht sagen. Was das Allerbeste ist, das hat Wi-Fi halt einer geschickt. Press F für Wi-Fi. Ich hab mich noch runter, ich hab ja Corona gehabt. Ja, vor 1,5 Wochen war ich positiv. Ich war auch wann habe ich mich das letzte Mal getestet? Irgendwann am Wochenende, glaube ich. War ich immer noch positiv. Und jetzt, am Montag? Ich weiß nicht mehr. War ich immer noch positiv und ich habe auch immer noch ein bisschen was gespannt. Jetzt gespanne ich gar nichts mehr. Ja, ich glaube, ich rede nicht mal mehr so leicht nasal, ich habe nichts mehr im Hals, einfach fucking gar nichts. Und ich werde mich noch freitesten. Ja, ich gehe schwerstens davon aus, dass ich spätestens am Wochenende bin ich negativ. Und das Geilste ist, ich habe mich so runtergetan wegen dem Test. Ja, ich bin ja nicht geimpft. Ich bin einer von diesen Nicht-Geimpften. Jetzt kann man endlich einmal drüber schmatzen, ohne dass ja jeder in die Hosen scheißt. Weil mittlerweile interessiert es eh keinen mehr. Und da haben wir schon überlegt, so, fuck, so, ja, musst halt negativ sein. Hilft nicht. Ich brauche den PCR-Test, der kostet gestungene 80 Euro. Ja, fick dich, Alter. Fick dich, Alter. Herr Batman, 6 Tage nach dem Rausch, Alter, ich bin 37 und brauche gerade einen. Wie alt bist du? Wie oft trinkst denn du was? Was glaubt ihr, wie oft ich sauf? Wann reden die eigentlich vom Saufen? Wenn wir mal so drüber reden. Weil das Thema kommt immer wieder. Leute, oh Gott, die sind schon schockiert. Oh Gott, ein alkoholfreies Getränk. Da wo man immer so denkt, Leute, ihr wenns keine 2 Tage überlebt ohne ein alkoholisches Getränk in der Futzen, dann solltet ihr mal das Nachdenken anfangen, was ihr da tut. Dann habt ihr nämlich ein scheiß beschissenes Problem. Das ist dann auch nicht lustig. Probier mal 2 Wochen lang deine Halbe wegzulassen. Und wenn du morgen das Ziehen anfängst, dann denk an mich. Sagt er und nuckelt am Klosterfrau Melissengeist. Der Geibe sagt 2-mal im Monat, sagt es meinem Vater, also jeden Mo und mich, dass ich am Tag drauf ausnüchtern muss. Ja, das sage ich ihm jeden. Deswegen habe ich einfach in meinem Alter keinen Bock mehr, mich so wegzustrahlen, wie das vor 5 bis 10 Jahren war. Ganz einfach. Man, ich rede jetzt nicht davon, ich trinke mal eine halbe. Und selbst das tue ich nicht, weil ich keinen Bock nicht habe. Ich mag einfach nicht mehr. Leute, ich habe so viel gesoffen. Ich mag sogar behaupten, ich habe mehr gespimmt als die meisten von euch gesoffen. Okay? Ich hab's nicht nötig, dass ich da jetzt umeinander pose mit «Oh, leck, Alter, ich sauf voll und morgen stehe ich da wie ein Picki». Nein, das ist nichts, worauf man stolz sein muss. Oder kann. Nicht einmal ansatzweise. Null fucking nada. Ganz im Gegenteil sogar. Wenn's das, auf der LAN war das so krass. Wie schockiert die Leute waren, wie ich gesagt habe, den ersten, den ich auf der LAN sag, mit einer halben in der Futzen, fliegt sofort aussehen. Sofort auf der Stelle. Ich hab keinen Bock, dass ich irgendwelche angesoffenen Idioten auf der LAN. Dann waren die Leute schockiert. Dann habe ich gedacht, sag mal, schaffst du das nicht ein Wochenende lang, keine halbe zum Saufen? Dann da ich dir vorschlagen, gehst du mal zum Doktor, weil du ein Problem hast, mein Freund. Genau, das ist noch das nächste. Herr Patrick, All-Inklusiv-Hotel ist der Alkohol meist nur Kopfweh. Richtig. Da wirst du nur mit Scheiße zugeschüttet und stirbst dann. Sag ich dir, was ist? Ich habe im Rausch in mein Nachkastel gespült. Aufgemacht, gespült, zugemacht, weitergeschlafen. Nice. Gratuliere ganz stark. Ja, das ist in der Jugend schon lustig. Das kann man später mal machen. Aber ich sag das jetzt ganz ehrlich. Wenn du als erwachsener Mann mit 35 Jahren in dein Nachkastel speibst vor lauter Rausch,
Ist es wirklich lustig? Jetzt ernsthaft, ist es wirklich lustig? Ich weiß ja nicht. Und 5 Minuten später dann wundern, warum man keine Aldi abkriegt. Nee, nicht alle. Ja, ich rede jetzt nicht für alle, aber da gibt es einige. Ja, ist es wirklich lustig? Seid mir nicht besser? Nein, ist es nicht. Ist einfach nicht. Billigste Fusel, dass der dein Leber Servus sagt. Ja, genau, das wird passieren. Ich bin übrigens in keinem All-Inclusive-Hotel. Bin ich nicht. Also ich muss ganz klassisch an die Bar gehen und muss das zahlen. Dafür weiß ich, mir wird nicht, ich sehe halt dann zumindest, dass man da nicht irgendeine Schunde eingeschüttet wird und falls doch, dann kaufe ich es halt nicht. Und ich habe viel mehr Bock, einen richtig geil erfrischenden Cocktail. Natürlich werde ich auch mal einen trinken mit Alkohol drin. Hallo? Außerdem sind wir in fucking Griechenland, da trinke ich gerne mal ein Glasl Wein. Einen guten halt, nicht den Drecksfusel vom Weinfest. Aber halt ein Glasl und nicht ein scheiß 2,5 Flaschen, wo er wochenlang sterben muss danach. Mit Alkoholkonsum angeben ist irgendwie mit seinem Auto zu posen. Das ist auch nicht schlimm. Ja? Ich war doch genau der gleiche. Das kann ja jeder da, bis er so um die 25 wird. In meinen Augen. Dann glaub mir's, hört es auf, dass du jedes Wochenende fortgehst. Es wird aufhören, je nachdem, was für ein Typ du bist. Es gibt ein paar, die bleiben noch ungefähr so 3, 4, 5 Jahre hängen, bis so 30 sind. Und dann geht's noch mal weiter. Dann brechen 80% der Leute weg. Und die dann immer noch jedes Wochenende sich gnadenlos wegbrennen, das sind die keine Aldi abkriegen. Das sind die sonst nicht recht viel haben, sondern die treffen sich dann am Stammtisch und ein einziger Lebensinhalt ist, zweimal am Wochenende einen Rausch zu haben. Und ist das wirklich toll? Das wissen auch die Leute. Ich sag's jetzt einfach nur so, gerade außer wie es halt nun mal ist. Das ist nicht toll. Nein, es ist auch nicht toll, dass du 28 Massen saufen kannst. Nein, dann ist es einfach nicht. Es ist es einfach nicht. Ich sag nichts gegen die Sauferei. Stehst da deine Hirndl ab, wenn du 18 bist, 20, 25. Ich will nur mal 25 sein kann. Dann darf ich mich jedes Wochenende ganz genauso wegstrahlen, wie ich es damals gemacht habe. Weil ich am nächsten Tag aufstehe, beidelt mich einmal ab und es passt wieder. Aber jetzt, wenn ich das tue, dann stirbe ich. Und ich kenne einige Leute, die haben so ein hartes Problem mit der Sauferei und schmerzen sie Tag und Nacht, sie haben es nicht. Ich möchte so nicht werden. Ganz einfach. Ganz fucking einfach will ich so nicht werden. Okay? So. Aus fucking Amen. Da ist mir mein Hirn zu schade dafür. Ich hab alles, was Sauferei betrifft, gemacht und gesehen. Brauche ich nicht mehr. Soll nicht heißen, dass man nicht einmal eine Genusshalbe trinkt. Ja? Oder ein Genussmaß im Volksfest. Oder ein Genusscocktail im Urlaub oder ein Genusswein. Aber nicht die 2,5 Flaschen Wein, wie ich es dummerweise wieder vor 2,5 Wochen da hab. Wie ein Vollidiot. Weil halt das erste Mal aussehen nach 2,5 Jahren. Und ja, also wurscht, das geht schon noch. Nein, geht nicht! Geht einfach nicht! Und das kannst du übrigens ganz leicht ausprobieren, ob du und glaub mir's einfach. Und von mir aus glaubst du nicht, das ist nicht mein scheiß Problem, aber dann sag nicht, ich hab's dir nicht gesagt. Wenn du jeden Tag auf die Nacht eine oder noch schlimmer 2 oder noch schlimmer 3 sogenannten Feierabend-Halbe trinkst, jeden Tag nach der Arbeit, dann probier mal die 2 Wochen wegzulassen. Und sei selber zu dir so ehrlich, ob du nicht vielleicht das Zittern anfängst oder nicht, noch nicht so, oder zum Schwitzen, oder ob dir nicht einfällt so, jetzt hätte ich Bock auf eine halbe. Und ich sag dir was, dann ist es zu spät, mein Freund. Ob du das jetzt hören möchtest oder nicht, wahrscheinlich möchtest du es nicht hören, keiner möchte es hören. Ich bin aber so der Meinung, die wissen das. Genauso wie ich als Raucher. Ja? Ich weiß, dass Rauchen behindert ist und ich darf gerne aufhören einfach so mit dem. Ich kann aber nicht. Ja? Ich weiß, dass ich süchtig bin. Es ist dumm ohne Ende. Deswegen rede ich ja nicht drüber. Außer jetzt gerade, weil vielleicht haben wir gerade in dem Thema drin. Ich weiß nicht, warum wir da überhaupt gerade drüber reden. Aber das triggert mich richtig. Ja? Dieses alkoholfrei. Und du bist der Radlertrinker, Radler ist kein Alkohol. Aber Gott, halt dein dummes Maul. Dann sollst bei 38 Grad, sollst du dein Popsies scheiß Gasmaß-Scheiße saufen. Du Trottel, du lernst das schon noch. Learn it the hard way. Die hilft halt nicht. Immerhin macht Dampfen nicht blöd in der Birne. Ja, da bin ich mir auch nicht, da ist man sich auch nicht so sicher. Brauchen wir auch nicht rundum diskutieren, dass die Dampferei ist nicht gesund. Ja, das ist... Wie schön dein Körper sich dann regeneriert. Wunderbar. Wenn du aufhörst, damit 2 Wochen lang deine 1 bis 3 Feierabendhalbe zum Saufen, ja, das kann ich kann mir's nicht vorstellen. Das Dreckige am scheiß Alkohol ist, die Zigaretten macht die
körperlich auch natürlich abhängig vom Nikotin und so, aber hauptsächlich psychisch abhängig. Ne? Der Alkohol, die Drecksau, macht dich körperlich abhängig. Und darum fickt die dir also dermaßen, wenn du Alkoholiker bist, dass die Leute ausschauen wie Heroin-Junkies irgendwann. Und nur noch blöd gesoffen sind. Und nur noch mit 35 aufwärts als erwachsene Menschen mitten am Nachmittag eine dermaßen Scheiße sülzen und es nicht verstehen. Und da schaltet mein Hirn aus, dann geh. Dann geh, weil ich mir denke, Alter, was ist mit euch? Pff, keine Ahnung. Da bin ich richtig krass lästig. Richtig krass eigentlich sogar. Und jetzt nicht falsch verstehe. Sauf deine halbe, du wenn du mal ein, zwei halbe in der Woche saufst, das interessiert keine Sau. Es geht um die tägliche. Es geht um die du jeden Tag nach der Arbeit saufst. Um die geht's. Und wenn ich bloß einen dazu kriege, dass er mal drüber nachdenkt, das stimmt eigentlich trinke ich jeden Tag ein, zwei halbe. Probierst, dass du das weglässt, lieber früher als später. Und wenn du das 2, 3, 4 Wochen schaffst, ohne dass du schwitzen anfängst nach der Arbeit oder dass du automatisch denkst, so fuck, ich hätte jetzt gerne eine halbe. Dann hoffe ich, dass du Kurven noch kriegst. Ich sage das, wie es ist. Ich sage es dir, wie es ist. Das hat schon einen Grund, warum in die ganzen BMWs und Neoplan und wie es alle geheißen haben, um 9 geht die Arbeit da und um 5 nach 9 ist der Bierautomat leer. Dann hocken sie alle drin. So. Und schütten sie in einen Orangensaft und Spiritus ein. Alles gesehen, Alter. Alles. So will ich nicht werden. Seid mir nicht böse. Und da muss ich mich hoffentlich nicht rechtfertigen, warum ich einen alkoholfreien, verfickten Cocktail am Strand sauf. Weil ich nicht will, dass ich umeinander... Weil ich einfach nicht will. Aus, fertig, Amen. Trust me, ich hab mehr gespimmt wie die meisten von euch gesoffen. Derzt euch mal nicht oben. So, ich habe fertig. Ist das angekommen und ist das verstanden worden? Wenn das jetzt nicht passt, oder wer sein Weltbild von mir verloren hat, ja, tschüss dann. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was ist zweimal in der Woche ein Kasten? Du saufst in der Woche 2 Kasten. Ja, gratuliere, Alter. Leck. Herr Bayer, merci für den Fünfer. Habe ich dir Birgen, bin jetzt endlich von der Schicht gekommen. Wünsch dir schon mal einen schönen Männertag. Den wünsch ich dir auch. Dankeschön. Danke für alles, was du machst. Mach weiter so. Herr Martin, es geht immer oben wie Butter, wenn jemand sagt, danke für alles. Ist ein bisschen zu viel irgendwie. Fühlt sich nach wie vor komisch schon. Danke für den Fünfer. Ich hoffe, Sie haben Spaß. Pussy aufs Nussi. So. Völlig zu Recht die Ansage. Dankeschön, gutes Bürger, danke. Danke war mal nötig. Erwachsene Leute lassen andere saufen, was ming. Nein. So jetzt, wir wollten selbst so jetzt mich kennen. Du kannst doch saufen, was du möchtest. Das ist zu mir scheißegal. Aber sag du mir nicht von wegen alkoholfrei, Fragezeichen, Fragezeichen. Ausfertig, Amen. Das ist nur das Nächste. Herr Geibefee, was ist los? Warum machst du einen auf Gevatter Standpauken? Kämen Papa-Gefühle langsam außerbirge? Ich glaube, der harte Kern wird die gewiss nicht enttäuschen. Ja, aber mich interessiert nicht bloß der harte Kern. Und ich mag nicht wissen, wie viele Leute, dass ich da wieder jetzt erwischt habe. Ich riech so, bis daher, dass da ein paar dabei waren, die genau wissen, von was ich schmerz. Aber ganz genau wissen, von was ich schmerz. Naja, mehr Geibe für Sepp, merci für deinen Zwickel. Saufst ein Paulaner Späße, du, das schmeckt da, Alter. Danke, Birger, dass du bei Factorio gezeugt hast. Zuchtfaktor 100.000. Herr Huber, es war mir eine Ehre. Der Tobi, nix da. Saufer kannst du aber 2-mal Kasten in der Woche. Was? Nix da, Doppelpunkt. Saufer kannst du aber 2-mal Kasten in der Woche. Ich verstehe jetzt nicht. In meiner alten Arbeit haben wir einen gehabt, der hat sein Bier im Spülkasten versteckt. Ja, wir haben bei uns auch einen in der Arbeit gehabt, die hat, bevor es hergefahren ist, eine Flasche Wodka gesoffen. Und dann hat's beim Verbackeln, da bin ich jetzt behindert, das Tape halt, das Packband nicht richtig auf den Abroller rum aufgetan können und hat ungefähr 4 Stunden gebraucht dafür. In dem Moment bin ich wieder mal da gesessen und mir denkt, nein, so mag ich nicht werden, Alter. Ich will nicht, what the fuck? Alkoholfrei, das soll nicht heißen, ihr sollt alle alkoholfreien Scheiß trinken. Das soll einfach nur heißen, das setzt mir auf den Sack, wenn ich einen alkoholfreien Cocktail sauf. Keiner ist cool, weil er viel saufen kann. Ganz im Gegenteil, es war früher eigentlich auch schon nicht so. Weil ich war doch froh gewesen, wenn ich nach 2 halbe besoffen war und nicht nach 12. Brauche ich 5 Euro beim Besoffen, ja geil, was möchtest du mehr im Leben? Naja. Viele denken halt, lass mich machen, was ich will. Dass das aber auch Auswirkungen auf die Leute um einen herum hat, blenden viele gerne aus. Der Wolfi ist absolut richtig. Was du denn mit deinen Leuten, die rundum tust, das spannst du gar nicht mehr.
Du bist ja gar nicht mehr imstande. Du kannst ja nicht mehr, ab einem gewissen Punkt kannst du nicht mehr selbstständig auf 13. Das ist ja das. So, ich schaffe 3 Liter Wasser. Die schaffe ich nicht ganz. Ich schaffe 3 Liter Klosterfrau Melissengeist. So. Jetzt beruhigt die halt auch wieder Mensch. Nein, niemals. Also, ich verstehe es ja auch irgendwo. Ja? Ich habe eine Sauf-App gemacht. Ich habe euch gezeigt, wie man eine Saufmaschine baut. Und. Das soll nicht heißen, aber habt euch einfach unter Kontrolle. Mal drüber nachdenken, schaut nicht. Danke fürs Zuhören, das war's. So, nochmal zu Kreta. Schau dir Gramvusa an. Super schön, was ist das? Weißt du, wie ich kenne diese Insel? Gut, ich war seit 11 Jahren nicht mehr fort, aber davor eigentlich immer. Ich war so oft auf fucking Kreta, dass ich, was ist das da? Gramvusa. Imeri Gramvusa, was ist das? Das ist eine Felseninsel vor der Nordwestküste der griechischen Insel Kreta. War ich da nicht sogar? Da muss ich jetzt mal, warte mal, da muss ich mal kurz schauen, wo das ist. Ganz links außen. Nein, so weit bin ich noch nicht gekommen. Das ist mir zu weit weg vom Flughafen. Sag ich, was ist? Ich mag nicht so lange im scheiß Bus ansitzen. So, bin da, was habe ich verpasst? Mr. MRC, Nefei. Wir sind alle alt genug, glaube ich. Du, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Sag ich ja im Chat, dass das mit dem Alter nichts zu tun hat. Hast du mal Karten gespielt? 200 Einsatz. Was? Ich verstehe wieder die Frage nicht ganz, aber nein, habe ich nicht. Dass du dann Stammplatz am Stammtisch hast. Was, wo? Hä? Ganze Sätze, Leute! Das ist aber schwierig, wenn da Ansagen in 2 Teilen ankommt. Schwierig. Schrö! Ich hab damals mit 22er Saufe aufgehört, weil es mir einfach nichts mehr gegeben hat. Ist ja vollkommen in Ordnung. Jetzt mal schon während dem Rausch bereut. Jetzt trinke ich oftmals wochenlang nichts und dann mal eine halbe oder einen Cocktail. Entschuldigung. Keiner muss sich da jetzt rechtfertigen. Schrö, merci für deinen Zwickel. Ist voll in Ordnung. Ist voll in Ordnung. Ist ja, um Gottes Willen, keiner braucht sich rechtfertigen. Ich tue es halt jetzt halt gerade, weil ich halt irgendwie so eine Art Vorbildfunktion habe ich so das Gefühl, für manche mit Sicherheit. Und jeder offensichtlich da herin glaubt, dass ich den ganzen Tag nichts tue, besaufen. Glaubst du, dass irgendetwas hiervon zustande gekommen wäre, wenn ich die letzten 5 Jahre bloß gesoffen hätte? Ich bezweifle das schwer. Es hat einen Grund, warum ich im Stream kein halbe Jahr lang. Es hat einen Grund, warum ich, wenn ich vor einem Live-Publikum bin, kein Alkohol in der Hand haben will. Es hat einen Grund. Naja, egal. 5er Einsatz und erhöhen mindestens ein halber Watt. Was redst du denn hier? Kannst du mal Valorant spielen? Haben wir schon mal gemacht, Herr Huber. Mein Onkel ist an Leberzirrhose gestorben. Nicht so lustig zum Zuschauen, wie er langsam zerfällt. Ja, das ist jetzt natürlich nicht jeder verreckt sofort an Leberzirrhose, genauso wie nicht jeder Raucher sofort an Lungenkrebs stirbt. Aber das verkürzt dein Leben, ganz klar. Das ist ja. Schlau ist es nicht. Sauferei, also absolute Sauferei ist nicht sehr schlau, genauso wie das Rauchen. Bin ja auch kein Mark besser. Was? Frage an Rainer, wie das ist. Was? Um was geht's denn da schon wieder? Geht's da schon wieder um einen Dreh? Jetzt mittlerweile haben wir so wenig Leute, dass wir uns auch gerne über einen Träger unterhalten können. Was ist es? 10 nach 11? Wieso ist es 10 nach 11? Naja, egal. Der Simato schreibt, haha, sicher zum Teil ein bisschen community-abhängig, no front. Wie gesagt, viele halten das von dir, aber Respekt, dass du das so siehst, so wie es halt nun mal ist. Gutes Vorbild. Ob das jetzt ein gutes Vorbild ist oder nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen, das müsst ihr beurteilen, aber so ist halt meine Sicht der Dinge und ja. Kennst du einen Fonsi Doppelhammer? Ja, kenne ich leider. Ist das nicht mein Metier? Ja, da ist der Humor. Na, sag nicht, Birger. Na, lass das. Ja, der Birger wird älter. Ja, ich war vor 5 Jahren schon älter, tut dich nicht an. Das hat sich in der Zeit nicht recht viel geändert. Ja, das tut uns nichts ab, dass man nach wie vor. Meinst du, dass ich einen Vollbier-Squad zum Gaudi gegründet habe? Nicht, dass ihr euch behindert sauft. Ja? Genussbier, Freunde der Sonne. Ja? Das ist der Kern des Vollbier-Squads. Genussbier. Und dass man Bier nicht mischt. Auch wichtig. Mit dem Alter werden die meisten gescheiter. Vernünftiger, sagen wir es so. Tja, Kinder, gehen wir jetzt ins Bett oder was dermen? Sag ja, gut, dass wir früher so viel gesoffen haben, jetzt darf es nicht mehr gehen. Ja, so ja, jeder, der das da packt, viel Spaß. Aber wenn du ein gewisses Alter erreichst, ich sage mal ein familiengründefähiges Alter, da ist ja jeder anders. Dann so jetzt überlegen, Alter, ist wirklich geil, dass ich mir jeden Tag 3 halbe eingondelt. Glaub nicht. Birger,
Die alt bist nicht, du die nicht runter, hast noch genug vor dir. Ja, aber zu alt für, ich sauf mich jetzt Wochenende zweimal behindert. Bin ich. Bussi aufs Nussi und gute Nacht, schreibt der Anton. Herr Engelmann, das wünsche ich auch. So, weißt du, was wir jetzt sehen? Jetzt schleichen wir uns ins Bett. Jetzt ist 10 nach 11. Ich muss jetzt da zusammenräumen, dann werde ich noch ein bisschen hell let losen, glaube ich, mit den anderen. Und ja. Sollte einfach jeder wieder zum Barras gehen mit 18, dann saufen sie 9 Monate so viel, dass es für den Rest des Lebens langt. Das stimmt. Da habe ich allerdings keinen Barras braucht dazu. Hast du einen Drache schon mal live gesehen? Nein. Also in echt live, nein. Werden wir mir noch Factorio durchspielen? Also durchspielen bezweifelt ich schwer. Aber wir spielen es schon nochmal. Der Flash schreibt, also ich habe die nie als Bierdimpfel gesehen. Eher jemand, der ein kühles Halbes zu schätzen weiß, ist aber nicht inflationär in den Schädel beamt. Nicht mehr. Während der Corona-Phase habe ich fast gar nichts mehr getrunken. Ja, ist ja super. Nur den Futter dran. Ich sag's jetzt einmal so mit der Sauferei, ich werde jetzt bald 30 und bin fitter wie mit 20. Damals Raucherlunge, Suffleber, mittlerweile fast ein 6er-Backel an der Wampen und eine Zigarette am Tag. Und weißt du was? Jetzt reißt die zusammen und lass die eine Scheißdrecks-Zigaretten auch noch weg, weil die kannst du wirklich sparen. You can do it. Wenn du das schon so weit gebracht hast, dass du nur noch eine Zigaretten am Tag gelangst, lass sie weg. Ab jetzt. Gar nicht lang nachdenken, fick dich auch nicht. Denk an meine Worte, fick dich mit deiner scheiß Zigaretten, denkst an mich. Kriegst du hin, Herr Seidelsepp. Gute Nacht, Bürgerschini Chris aus dem schönen BGL Neu-Salzburg. Herr Zeiner, wünsche ich dir auch Bussi aufs Nussi. Was? 9 Monate, 15 Monate? Ich weiß nicht, was da schon wieder abgeht. Egal. Ich mag jetzt das Thema, da haben wir jetzt weit abgeschweift. Aber es ist vielleicht auch einmal wichtig, darüber zum Schmatzen. Freunde der Sonne. Am Sonntag kommt kein Video. Das Video kommt, unser Q&A-Video kommt am Sonntag in einer Woche. Da bin ich quasi schon im Strand drin. Da steck ich meine Zehen gerade in den Strand ein, hau mir einen Cocktail ins Maul, dann kommt ein Video. Ja, ich kann euch nicht die ganze Woche allein lassen, weißt du, was es ist. Da kommt unser gutes altes Sommerloch-Stopf Q&A-Video. Das wann werde ich das aufnehmen? Jetzt bin ich wieder einigermaßen gesund, ich kann wieder einigermaßen schmatzen. Morgen oder übermorgen kann ich. Irgendwann im Laufe der nächsten 5-6 Tage nehme ich das auf. Basti Hero! Ich weiß viel zu spät, aber ich melde mich auch mal anwesend. # Feierabend. Mr. Basti Hero, du bist wirklich spät. Merci für deine Mitgliedschaft, beziehungsweise merci für deinen Resub. Bussi auf das Nussi. Dankeschön. So. Da hatte ich die Bürgerin schon eingebuddelt im Sand. Ja, ich glaube auch. Das wird auch interessant. Ich glaube, wir schlagen unseren Schädel ein. Wir werden sehen. Und dann kommt es, währenddessen ich weg bin. Ja? Schmerzen wir aber nächste Woche nochmal. Was wir nächste Woche werden wir sehen. Ja. Und dann, da ich sagen, wünsche ich euch vorab ein schönes Wochenende. Morgen ist Feiertag. Einen schönen Feiertag, ein schönes langes Wochenende. Ich hoffe, viele von euch haben einen Brückentag. Ja, ich habe einen. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 4 Tage frei. Geiler wird's nicht mehr. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Am jeden Fall Spaß in die Volksfeste, die jetzt wahrscheinlich übers Wochenende überall sind. Ich werde absolut nichts tun. Ich werde den Teufel tun und irgendwo hingehen. Ich möchte nichts wissen. Ich werde vielleicht mal zum Essen gehen. Schauen wir mal. Und jetzt schleicht euch frohen Männertag morgen. Hauen Sie sich hinein. Danke fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Donations heute wieder. Wo haben die Leute? Da muss ich jetzt wieder schnell wieder vorlesen, weil die großen Donations habe ich wieder einfach wegignoriert. Wo haben die hin? Wo haben sie? Vor 3 Stunden da. Wo haben die Leute wieder eskaliert? Leon. Da ist ja bloß ein Smiley drin gestanden. Was soll ich da sagen dazu? Und nochmal an den Opa. Bussi aufs Nussi. Merci dir. Ich gehe mir davon aus, er hat es immer noch da. Habe ich sonst irgendwas übersehen? Ich weiß nicht. Ist das nicht nochmal passiert? Bin mir nicht. Egal. Danke an jeden Einzelnen für diese ganze Donaterei. Es ist völliger Irrsinn, was da passiert. Danke fürs Zuschauen. Like da lassen, ist wurscht. Heute haben nicht recht viele Leute da. Es ist drauf geschissen. Heute ist der ganze Rest ist beim Saufen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Press F für die Moderatoren, Press Triple F für die Moderatoren. Wir sehen uns am Montag um 20 Uhr. Was wir deren, kommt in der Ankündigung bei mir im Discord. Der Link, wer keinen Discord nicht hat, ist in der Beschreibung. Jetzt schleicht euch verdammte Scheiße. Gute Nacht. Bussi aufs Nussi. Dankeschön für alles. Wird nie langweilig und verfickte Scheiße nochmal niemals vergessen. # Und jetzt schleicht euch. Wo ist mein Mauszeiger? Ich finde meinen Mauszeiger nicht. Hallo? Schleicht euch, aber die.